Aufschnitt in Läden, muss ich dir sagen, findest du nichts mehr. Alles scheiße. So Supermärkte, sagen wir dem mal. Auch, wie heisst es? Was haben wir vorgesehen? Bündnerfleisch. Bündnerfleisch, genau. Auch Ich hatte scheiße. das Zeitchen eins gehabt, ich finde es aber nicht mehr. Wo nur mit Okay. Salz war. Ich finde es aber nicht. Östrogen ist nicht das weibliche Hormon. Nicht? Progesteron ist das weibliche Hormon. Okay. Östrogen selber ist ein Stresshormon. Man tut es als weibliches Hormon vermarkten, damit man Pillen verkaufen kann. Meidest du ein Produkt, wo der Frosch drauf ist? Ja, eher, ja. Dann enthält wieder Verdickungsmittel. Random Ass, Verdickungsmittel. Klarkernmehl, nach einem angenehmen Mehl ist es nicht, das ist schon so ein Gummi. Ja. Und Xanthan wieder. Ist echt wieder Xanthan drin. Da hat es jetzt das drin. Wieder das gleiche Thema, einfach damit es vollmundiger wird, damit es angenehmer zum Essen wird. Wenn du das hier kombinierst mit Eier zum Beispiel, dann kannst du viel Nährstoffe aus dem Ei nicht aufnehmen. Die Phytinsäure bindet an die Nährstoffe, an die Mikronährstoffe. Und dann ist es dann so, dass du das direkt ausscheidest. Du kannst es gar nicht ins Blut aufnehmen. Ja. Sie tun einfach Eisenpulver drin. Das rostet. Das gibt Rost. Sobald du das einnimmst in deinem Körper, rostet es. Oder auch schon hier drin ist es auch schon gerostet. Du kannst hier mit einem Pulver, mit einem Magnet drüber gehen und dann hast du Eisenspänchen dran. Da, unter dem Mikroskop, oder? Nein, nicht, du siehst das Volk. Schon, wenn Du ich gehst mit dem Magnet dort drüber. drauf gehe. Ja. Der Podcast wird gesponsert von Super Kimura. Es ist ein Trainer aus Bern. Er macht Videos über Kampfsport auf Social Media. Ich tue unter seine Accounts unten dran in der Videobeschreibung verlinken. Da kannst du jetzt schön draufdrücken und ihm einen schönen Follow gönnen. Dann er sponsert den Podcast. Merci vielmals und einen schönen Abend. Der Podcast wird gesponsert von pitch.ch. Alternativpatronen bis zu 80%. Schaut vorbei. Er hat 3 verschiedene Seiten: Österreich, Deutsch und Schweiz. Geht drauf und bringen den heim. So, auf Birrenweichen Soulhund findest du da unsere Stickers. Sensationell. Schau mal, der mit dem Mittelfinger. Baby im Klapfsticker. Der ist ein bisschen teurer, weil der wasserfest ist. Oder einfach der klassische Birrenweich-Sticker. Oder fürs WC Schüsseln. Du kannst vor die Schüssel an kleben, dann wissen die Leute, wo das WC ist. Also bringen unten heim. Auf dem Link. Merci vielmals. Schönen Abend. Mit dem Rabattcode Podcast15 hast du 15% Rabatt auf unser ganzes Sortiment auf candyhouse.ch. Bringen heim. So, willkommen bei Birrenweich Tag. Das ist Folge Nummer 23 mit dem Raw Animal. Richtig. Ach, ich habe es richtig gesagt. Hey, du kannst dich sehr gerne mal vorstellen. Ja. Hallo zusammen, ich bin der Serhat, Kurzform Sero von Raw Animal. Der Nachname heißt Serhat Erdogan, nicht verwechseln mit dem türkischen Präsidenten. Ich bin nicht verwandt mit ihm. Gell? Aber ja, freut mich. Merci, darf ich hier sein. Hey, sehr gerne, danke, dass du gekommen bist. Der Erdogan, du darfst auch mal kommen, falls du es siehst. Erzähl mal, was ist Raw Animal? Rohes Tier heisst das, oder? Übersetzt heisst es schon rohes Tier, aber es heisst auch so rustikal und stark, weißt so roh oder so roh. Und es ist mehr ein Wortspiel, weißt aber wir sind nicht. Ja. Du isst nicht rohes Fleisch, oder schon? Ja, genau, Medium Rare essen wir fast alle. Aber nein, es gibt die komplett roh essen. Hey, ich feiere das nicht. Ja, das hat gar nichts mit dem zu tun. Ich kann es machen, aber ich sage nicht, du musst machen, du darfst. Genau, aber es hat nicht mit dem zu tun. Unsere Produktion ist nicht roh, die wir verkaufen, weißt. Und auch das, was ich auf meinem Social Media zeige, ist auch nicht roh. Es geht mehr darum, bei Raw Animal, dass wir zurück zur Natur, ist ein bisschen überrissen, aber dass wir uns artgerechter ernähren und auch artgerechter leben. Es ist ja nicht alles Ernährung, aber auch ein bisschen leben artgerecht. Ist es nicht ähnlich wie in Deutschland, die Rohmilchgang? Wie heißen die? Wie heißen die? Rohgang, ja. Rohgang. Aron und so, ja. Hat nichts mit dem zu tun? Nein, ich sage nicht, der Honig ist nicht das gleiche wie Zucker und eigentlich ist es ja fast gleich und so. Und der hat auch keine Argumentationsbasis. Ich bin verreckt bei dem Video, wo er mit Christian Wolf war, bei diesem Podcast. Also, ich tue mich nicht mit dem Aron identifizieren. Er hat schon seine Grundsatzaussagen sind nicht schlecht. Er sagt auch, ist naturbelassen. Aber wie er argumentiert, bin ich nicht Fan davon. Nee. Er sagt eben auch, die Erde ist flach und so. Und dort habe ich gedacht, ja, er geht schon weit. Ja. Also, er muss schon. Also, findest du, dass sie flach ist? Nein. Nein, das denke ich nicht. Das macht so eine Kurve, wenn man in den Horizont schaut. Das sagt schon viel. Du hast Medizin studiert, gell? Was hast du dort genau studiert? Also, ich Humanmedizin. Ja. Aber nach dem Bachelor im 4. Jahr habe ich abgebrochen. Warum? Es hat mehrere Faktoren gehabt. Einerseits das Leben im Spital,
das Leben als Arzt zwischen den Pflegenden, zwischen den Ärzten und so, es ist nicht das Miteinander geschaffen, es ist mehr das Gegeneinander geschaffen. Und auch so die Art und Weise, dass man einfach nur die ganze Zeit Medikamente verschreibt, weißt du? Voll, das ist mir aufgefallen, wenn ich zum Arzt muss, Ja. die sagen mir jedes Mal, so wie wenn sie mich wollen, einfach... Weißt du, ich gehe dort hin mit einem Problem und weil ich bin mega oft bei Ärzten war, weil ich ja wegen Corona bin ich in der Reha-Klinik schon mega lange. Und ich habe genau gemerkt, weißt du gehst dort hin, du hast irgendetwas und er wird dir sozusagen, damit du zufriedengestellt bist, tut er dir etwas verschreiben. Ja. Und ja, eben, dann weißt du, bist dann glücklich, du gehst heim, du nimmst deine Tabletten, Ja. er hat etwas gemacht, schön ab, nächste. Und wenn es nicht funktioniert, ist deine Genetik die schuld. Das ist so immer Standardaussage, Genetik oder Reizdarmsyndrom. Ja. So eine random Aussage, die echt gar nicht aufgeht. Ich war mal mit meiner Mom beim Gastrolog, sie hat da so Bauchschmerzen gehabt, recht, oder? Sind wir her, dann hat sie eine Spiegelung bekommen, haben sie reingeschaut. Wie? Ja, haben sie eine Spiegelung gemacht, reingeschaut, rausgekommen, dann hat sie gesagt, wir haben nichts gefunden. Ja, was ist es denn? Ja, Reizdarmsyndrom. Hey, meine Mom hat die ganze Zeit Schmerzen gehabt, das kann doch nicht sein. Ja. Und dann hat ihr gesagt, Mami, lass mal den Salat weg. Was? Ja, wie bist du auf das gekommen? Lass mal Salat weg. Ich bin nicht Fan von Ballaststoffen. Wenn du Darmprobleme Nicht? hast, nein, wenn du Darmprobleme hast und wirklich dein Gemüse regelmäßig isst, Ja. dann sollst du vielleicht mal ein bisschen weniger Gemüse essen. Schon einfach, ich meine, Ballaststoffe sind wichtig und so, oder? Flohsamenschalen, Chiasamen. Ja, aber nicht so viel, wie man empfiehlt. Im Fall. Schon? Das ist Bullshit. Das ist echt nicht wahr. Das ist nicht wahr. Leute, die Reizdarmsyndrom haben oder auch andere Probleme in diesem Bereich, die profitieren davon, wenn sie Ballaststoffe runtertun. Wirklich signifikant runter. Ich esse pro Tag 1 Rüebli und that's it. Schon, aber isst du jeden Tag ein Rüebli? Ja, etwa, ja. Manchmal überspringe ich es. Ja. Genau. Da haltest du nicht viel von Flohsamenschalen und so Zeug. Und Chiasamen isst das nicht? Das Zeug. Nein, so gut wie nicht. Also, nein, Flohsamen, Chiasamen ist alles. Vollkornprodukte und so? Gar nicht. Ah, nicht? Ich habe gemeint, aber es wird ja auch oft gesagt, auch so, dass das eigentlich gut ist für den Darm und so, für die Darmflora. Oder ich bin nicht so voll drin, aber für den Darm einfach. Ja, also sie sagen, es ist gut für die Verdauung. Was genau, sagen sie nicht so. Sie sagen, gut für den Stuhlgang. Natürlich, wenn du Ballaststoff isst, dann musst du auf die WC. Das ist ja klar, du kannst es nicht absorbieren. Aber etwas, was du nicht kannst absorbieren kannst, das nicht abgebaut wird im Darm, ist am Ende des Tages Ballast. Ballaststoff. Aha, das ja, der Ballast wird nachher abgeworfen im WC, oder? Genau, aber wenn du etwas zu viel Ballast zuführst, dann ist der überlastet. Ja. Wenn du ein Stück Fleisch isst oder Eier oder Käse und dann auf das WC gehst, was kommt raus? Es kommt nicht nochmal in gleicher Form raus. Es ist verdaut. Ja. Aber ein Blatt, ein Salat oder was oder Mais oder was auch immer. Mais ist gut. Mais ist der Klassiker. Kommt raus, wie es ist. Und das kann gar nicht verarbeitet werden. Wenn der Darm mit dem nicht umgehen kann und du ihm zu viel davon gibst, dann aber das ist nur beim Mais, oder nicht? Wie? Andere Sachen kommen ja nicht so wieder. Also ich weiss nicht, ich kann nicht meine... Zum Beispiel? Ja, nicht. Was gibt's noch? Wo im Mais ist, wo ganz... Rande ist rot. Rande ist mega viel wird ein bisschen anders für verdaut. Es gibt eben Lösliches und Unlösliches. Okay. Unlösliche Ballaststoffe und lösliche Ballaststoffe. Ja. So. Also es ist immer so ein bisschen... Ich bin hin und her gerissen im Thema Ballaststoff. Ich denke nicht, dass es gesund ist. Und wie bist du denn drauf gekommen, überhaupt das Raw Animals zu gründen? Also ist das wo du abgebrochen hast und dann hast du das gegründet oder währenddessen? Oder ich muss da ein bisschen anders, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar im Militär. Ich war etwa 19, ich habe früh angefangen. Also nein, das ist ein Standard. Ja. Und im Militär habe ich plötzlich aus dem Nichts eine Pollenallergie bekommen. Ah, ja, so. Plötzlich bekommen, ich aus dem Nichts. Ja, einfach random. Ich habe das nie gehabt, ja. Keine Ahnung, von wo es kam. Militärfraß ist Bullshit. Kannst nicht, also viel Stress, wenig Schlaf und so weiter. Das ist halt schon, hat halt schon gewisse Faktoren. Ja. Aber keine Ahnung, wo es kam. Ich bin nicht der, der hure super lebt. Ich bin nicht der, der heikel ist mit Essen und so. Ich mache einfach, auch wenn ich mal dreckig will, scheißegal. Oder? Also das Argument geht nicht. Genetik-Argument zieht auch nicht. Weil in meiner Familie hat niemand, kein Mensch hat eine Allergie. Bei mir im Fall auch. Pollenallergie weiss ich jetzt nicht. Nein, niemand. Ich gehe zum Arzt für eine Descens. Das war vor etwa 5 Jahren. Da, wo die Dings drauf... Das ist Test. Ja, aber Descens ist mehr, du tust dich regelmäßig mit Pollen belasten. So kleine Schon, das Mengen. Nie gemacht. Ja. Das kann man machen, ja. Dezember fast meistens an, Dezember, Januar, wo die Last tief ist. Und dann wird es von Jahr zu Jahr besser, wenn du es regelmäßig machst. Ich gehe zur Ärztin. Sie ist Allergologin. Hocke her. Dann sage ich so, ja, ich muss reden. Und ich muss auch
also ich muss andeuten, sie war auch sehr übergewichtig gewesen. Ich finde, Okay. Ärztin, Sollte nicht Arzt sollte nicht, also sollte schon ein gewisser Vorbild sein. Das ist, wenn du zum Lungenarzt gehst, und er raucht. Genau, Und warte, sagt dir, hör wegen auf der rauchen. Gesundheit, gell? Nicht wegen jeder Optik. Nachher Natürlich. aussagt es wieder, ich hätte... Nein, Optik ist nicht, A und O. Nein. Aber wegen der Gesundheit, du musst ja als Vorbild sein. Genau. Der Arzt Übergewicht ist Eben. ungesund. Genau, wie der Lungenarzt, der raucht, So. und dir sagt, rauch nicht. Ja, ja, What the so. fuck, weißt Ja, du, macht was keinen du Sinn. erzählst. Ja. Ja. Auf jeden Fall, und dann hat sie gesagt, so und so. Dann habe ich gefragt, ja, von wo kommt das, weiss man das mittlerweile, weil man weiss es ja nicht. Mhm. Dann sagt sie, ja, es ist Genetik, ich will davon lachen. Und dann sage ich so, ja nein, in meiner Familie jetzt niemand. Und dann sagt Ja. sie mir, ja, der hat ja auch Pech gehabt. Aha. Hä? What the Ja, fuck? aber es muss ja von irgendwo kommen, ne? Ja, merci, oder? Ich habe es auch schon gemerkt, ich habe eben gekifft früher. Ja. Und dann habe ich das Gras, ich kann es nicht mehr anlangen, von meine Augen. Nein, hast du allergisch auf das reagiert? Ja, Gott sei Dank, ich habe aufgehört. Ja. Also auch wegen dem habe ich aufgehört. Ja, Ja, voll. Ich krass. habe mal einen Hanf-Protein-Shake getrunken. In einem Livestream. Ich bin fast verreckt. Hat's dich genommen? Ja, ich hatte Tabletten, ich hatte Notfallset, weißt du. Ich konnte nicht mehr schnaufen, also, mein also Gott. wirklich kurz davor gewesen. mein Weil da ist alles... Noch live? Ja, meine Frau hat mir den geschenkt in einem Kalender, weißt du, vom Weihnachten. Nein, eh nicht, Da Mann. habe ich den gesehen. Ich so, ja, easy, tue ich mit Milch, trinke ich den schnell. Und nachher bin ich fast verreckt. Scheiße. Oh, fuck. Auf jeden Fall, hin und her, weißt du, auch viel mit Ernährung auseinandergesetzt. Ja. Ich bin auch so ein bisschen, ich bin im Bodybuilding, mache es gerne. Ja. Auch ein bisschen schauen, essen. Hast du schon immer ernährst dich. Hey, mit 16 habe ich angefangen. Ah, mega früh, ja, Im okay. Gimmer, im Kraftraum. Ja. Ja, okay. Und dann, es hat mir nie so... Es hat nie Sinn gemacht, dass du einfach nur Reis und Poulet musst essen, in meinen Augen. Ja, Das weil ist- es ist verdammt trocken. Reis, Poulet und Brokkoli, das kann es nicht Immer sein. das, ja. Genau. Nein, haben wir uns informiert, mein Bruder und ich. Und er hat dann einen Namen gefunden, das heisst Ray Pete. Ja. Ray Pete ist ein Ernährungswissenschaftler aus den USA. Er ist mittlerweile leider verstorben mit 86. Der hat keine Schilddrüse gehabt. Und hat es Er bis 36 geschafft. Also wie? Ist er so geboren ohne, Hä? Ist er ohne geboren? Oder? Nein, er hat zu viel Röntgen kassiert. Er Zu hat viel Röntgen? zu viel Röntgen. Sie haben ihn durchgeröntgt. Und dann Ich hat mache er die ganze Krebs Zeit. bekommen. Ja. Krebs? Früher hast du es halt nicht so mit Röntgen, bist nicht so vorsichtig umgegangen. Weißt du? Also MRI und so mache ich oft. MRI ist nicht schlimm. Das Ah, ist das ist- Magnetresonanz. Röntgen ist wirklich Röntgenstrahlen. Das sind Gammastrahlen. Ah, weil sie sagen immer, meine Tochter hat ja das Bein gebrochen, Ja. das Baby. Ja. Nicht die. Das Baby hat das Bein gebrochen und sie haben immer gesagt, ja, sie wollen so wenig wie möglich röntgen. Genau. Röntgen ist schädlich, weil Scheiße. es Gammastrahlen hat. Ja. MRI ist nicht schlimm. Okay. Also es gibt Leute, die sagen, ja, mal, wie heißt das geheißen? Da die, MRT. nein, sag schnell, Handystrahlen und so. Ah, Es geht in die gleiche Klasse. Aber ich Okay. denke nicht, dass das so schädlich ist, wie, Okay, alle, ja. wie die Leute mit Aluhut immer Aha. tun. Weißt du? Ich denke nicht, kannst du dass es so- Alufolie über den Kopf Ja, tun, wenn du genau. nächstes Mal gehst röntgen? Ja, dann nimm's. Die Folie nimm's. Das ist keine Chance. Ja. Genau, MRI ist nicht so, MRI ist nicht so schlimm. Aber Okay. Röntgen und Ah. CT, die belasten dich. Ah, CT habe ich auch gemacht, ja. Röntgen weniger, CT ist wirklich ein ballert dich voll mit Röntgenstrahlen. Fuck, habe ich oft gemacht. Bratsch, also das ist heftig. Das sollst du möglichst vermeiden. Ärzte Ja. wissen das, aber manchmal müssen sie halt. Ich habe das Ding nicht mehr vertreibt, das, was du spritzt. Es gibt verschiedene Sachen. Das Jod, so, und ja, dann gibt genau. es Kontrastmittel. Ja. Einmal habe ich gemeint, ich komme Herzinfarkt. Ich habe ich habe 100 pro Herzrhythmusstörungen gehabt. Die haben gemeint, nein, ich habe Panikattacke. Ich so, nein, Mann, mein Herz hat so hure krass gewesen, wirklich. Scheiße. Weil ich habe das Problem, du solltest nicht essen. Dort ist gestanden, ich habe direkt gegessen. Ich bin direkt in die Pfanne gegangen. Bist du nicht nüchtern gewesen, ja? Nein, ich glaube, das ist das Problem. Du bist gewesen. richtig nicht compliant Patient. Ja, ich habe es nicht gelesen. So geil. Ja, wo bin ich gewesen? Bei dem Ray Pete, der hat eben seine Schilddrüse verloren Ja. und hat gleich bis 86 überlebt. Zu dieser Zeit, das ist super, weißt Krass, ja. du? Und der hat eben eine gewisse Ernährungsform. Und der sagt zum Beispiel, du darfst keine Saatenöl essen. Kein was für Öl? Saatenöl, Samenöl. Saatenöl. Genau, das ist Sonnenblumenöl, Ja. Rapsöl, Sojaöl, Maiskernöl oder auch Baumwollkernöl. Ja. What the fuck? Aber ja, das darf Gibt's man das, alles nicht. Hä? Baumwollkernöl. Baumwollsaatkernöl, irgendwie Ja, so. es nennen gibt sie viel es. Kümmelöl und das ist Genau. Scheiße. Und er sagt, die darfst du nicht essen, weil die sind hochentzündlich. Schon? Ja. Er sagt, hure viel Zusatzstoffe sollst du nicht essen. Keine Angst vor gesättigten Fettsäuren. Ja, Butter, Rinderfett und so weiter. Gönnt ihr. Und Butter, ja. aber wegen Cholesterin ist scheiße. Ich muss Cholesterintabletten nehmen. Nein, das musst du nicht. Hä? Das musst du nicht. Das Ja, also sollst ich du bin beim Kardiologen, er hat mein Ja. Dings gemessen. Aber ich habe extra eine zweite Meinung geholt. nicht. Okay, ja, sogar 3. Ja, von Ärzten.
Ärzte Ja, haben alle und die nachher gleiche- bin ich sogar zu einem Kardiologen auf Zürich. Die haben alle die gleiche Quelle. Die kommen alle aus dem Medizinstudium, die Ja. das Gleiche beigebracht Also haben. aber warte, ich muss auch Ja. sagen, ich bin auch Cardioscore machen. Weißt du, wie das heisst? Ich Ja. bin dann ein MRI machen Ja. von meiner Arterie und dort haben wir eben schon Kalkablagerungen gesehen. Aufgrund, weil das ist aber genetisch bei mir wegen Cholesterin. Sagen sie sehr viele. Also mein Vater hat einen Herzinfarkt gehabt, weißt du? Ja, ja. Und, und ich hatte auch Cholesterin hoch gehabt. Und jetzt ist er runtergegangen, aber... Aha. Also ich habe ja nicht selber mir das Blut gemessen, aber der Arzt. Aber der ist nur mit mir Italienisch und so. Ich glaube nicht, dass er mich verarscht oder so. Weißt? Er ist nur mit mir nur Italienisch. Schreibt mir auch wie ein Kollege, jetzt ist per Du mit mir und Ja. so. Weißt? Nein, schau, ich sage nicht, Ärzte verarschen dich. Das sage ich nie. Ärzte, die ich kennengelernt habe im Studium und so, das sind alles aufrechte Leute, die probieren, anderen Menschen zu helfen. Ja, es gibt aber schon Ärzte, die einfach schnell, Ja, die das- gar nicht richtig schauen. Weißt? Gell, du musst sehen, sie rechnen dann mit irgendwie 8 Minuten pro Patient. Und dann musst du, wie am Laufband, musst du durchmachen. Ja, weil du wartest manchmal eine Stunde genau. im Wartezimmer. Genau, das ist eben darum. Sobald einer mehr als 8 Minuten hat, Mhm. dann wartet der Rest. Darum ja. wollen sie es möglichst durchbrechen, damit sie auch Geld verdienen können. Ich verstehe das einerseits, weißt du? Sie haben hohen Zeitdruck und darum machen sie ja so schnell zum Teil. Aber eigentlich, im Herzen sind sie im Fall gut, Ärzte. Okay. Das Problem kommt mehr von noch vorher. Ich erzähle dir etwas zu Cholesterin. Unser Gehirn besteht zu einem grossen Teil aus Cholesterin. Und zwar ist ja die Nervenzellen. Aber warte, es gibt zwei verschiedene Cholesterin. Das gute LDL oder so. Jetzt schnell das auf die andere. Seite gelassen. Okay. LDL, HDL, VLDL, VHDL und so Ja. weiter. Cholesterin, also unsere Nervenzellen, das musst du wie einen Schlauch vorstellen. Mhm. Und um den Schlauch herum hat es so etwas wie eine Isolation. Also eigentlich wie eine Stromleitung. Ja. Und die Isolation, die besteht aus Myelin. Und Myelin ist primär aus Cholesterin aufgebaut. Mhm. Wenn du jetzt Cholesterintabletten nehmen, dann kann dein Hirn und alle deine Zellen nur noch schwierig Cholesterin herstellen. Ja. Jetzt habe ich, also nicht ich habe es gesehen, einfach, ich habe gefunden, nicht einen kausalen Zusammenhang, ja? Nicht, dass unsere Wissenschaftler da wieder kommen, Kausalität nicht gleich Korrelation, okay. Aber es korreliert, dass mit der Erfindung oder mit der Einführung von Statinen ist auch Demenz und Alzheimer aufgegangen. Schon. Ja, Mit Statinen, ja. Die heißen das ist ein neues, das ich jetzt an Rosuvastatin. ja, heisst, schon Statin. Das alles ist, die gleiche das ist ein Familie. neues, weil vorher mein Vater hat jetzt immer ein anderes nehmen. Ja, Und er hat das die ganze Zeit genommen. Und der ist jetzt Augencholesterin, weil ich einen höheren Cholesterin hatte, ist er dann auch gemessen und sie hat gesagt, er hat einen höheren Cholesterin. Also, was, für was nehme ich denn die Tabletten? mhm. Da, wenn er hoch ist. Und dann haben sie ihm auch die Tabletten wie von mir gegeben und jetzt ist es wieder runtergegangen. Ich Ja. check nicht. Es ist halt ein mega neues Produkt. Es ich geht weiss schon halt nicht. runter, weißt du? Ich sage nicht, es geht nicht runter, es drückt es runter. Ja, Aber aber mit den alten Tabletten anscheinend eben nicht. Ah, nicht? Ja, das kann sein, das weiss ich nicht. So im Bild bin ich nicht, was alle Medis sagen. Das Ja, kann aber ich es gibt nicht verschiedene. Ja. Auf jeden Fall, es geht runter, dein Cholesterin. Dein Hirn kann nicht mehr so richtig produzieren. Das ist eine Korrelation und eine Annahme von mir jetzt. Und das führt dazu, dass Demenz und Alzheimer gleichzeitig gestiegen ist. Das ist eine Annahme. Okay. Wie gesagt, eine Korrelation, nicht gleich Kausalität. hä? Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, du brauchst Cholesterin, um dass du Testosteron, Progesteron kannst herstellen. Und du brauchst Cholesterin, um dass du Vitamin D kannst herstellen. Mhm. Du hast alles aus dem Gleichen gemacht. Du brauchst Cholesterin, damit deine Zellen reparieren können. Und Ja, so wenn weiter. du zu viel hast, ist ja nicht gut. Oder? Dann kannst du zu einen viel- Herzinfarkt. Wenn du zu viel hast und schlecht lebst, in Anführungszeichen, entzündlich lebst, dann fängt es an Probleme machen. Dann Ja. oxidiert es nämlich. Ja. Sobald es oxidiert, fängt es an, in der Arterie abkleben. Und dann kommen wir zu diesen Problemen mit Herzinfarkt und Hirnschlag. Und Aber- und kennst du das Lipoprotein? Ja. Das kann man jetzt neu messen. Ja, Und das ist genetisch, da kannst du nichts machen bis jetzt, ja. um das zu senken. Weil du siehst, wie hoch ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du in Zukunft wirst, dass du eine Herzenkrankheit kannst bekommen oder Hirnschlag oder so. Und das ist bei mir und bei meinem Vater eben mega hoch. Ich bin hure nicht Viermal Fan- so hoch. ich bin Ja. hure nicht Fan von so Screenings. Es ist wie wenn du so Ganzkörper-MRI machen, du findest immer etwas. Wieso macht man das eigentlich nicht? Ganz Körper-MRI? Du findest immer etwas. Du hast immer in deinem Körper hast du irgendwo Krebs. Immer. Aha, ja, das hast ja Zellen, die sich dann nachher aber, ja... das Genau. hat eigentlich jeder Deine schon drin. Nachbarzellen merken, hey, dem geht es Voll. nicht gut, dann fressen sie ihn. Ja. Und dann ist Krebs vorbei. So, das ist einfach ausgedrückt. Ja, voll. Wenn du einen Ganzkörper-MRI machst, du findest etwas. Und dann fängst du an Medis pumpen und im Fall die drittgrößte Todesursache
sind Medikamente. Ja, schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, schau, ich bin einer, wo schon, ich trinke kein süßes Getränk, selten. Ja. Süßes Getränk, ich schaue auch, was ich esse und so, nicht so fettes Zeug esse ich sowieso nicht, frittiert, Fastfood und so. Ja. Und trotzdem ist mein Cholesterin hoch. Ich habe mich gefragt, warum? Ich bewege mich, ich mache Sport, ich trinke keine Energy Drinks, Koffein habe ich sogar, trinke ich nicht. Also okay, das gibt ja kein Cholesterin, eigentlich Koffein. Ja. Aber alles das zusammen, ich schaue eigentlich schon gut, weißt? Aber ich check nicht, wieso ich dann trotzdem... Und Übergewicht habe ich auch kein. Weißt du, das Beste Was soll ich machen? Weißt du, das Beste ist? Wenn ich schon... Nur 10% vom Cholesterin in deinem Blut Ja, kommt vom Essen. okay. Die restlichen 90 werden produziert von Leber und alle anderen Zellen. Dann habe ich irgendein Problem bei der Verarbeitung von meiner Ist das ein Problem? Das ist die Frage. Ja. Eben, man sieht Kalkablagerungen in der Arterie. Ja. Das ist ja ein Fakt. Das sieht man ja siehst, dort. Also ich weißt glaube du, nicht, dass ich das falsch. Ja. Und der Cholesterinwert ist hoch im Blut, oder? Und das hängt zusammen, das Ablagerungen mit dem Cholesterin. Oder? Was hast du vorhin gegessen? Jetzt vorher habe ich Ja. so ein Sandwich gegessen. Was war im Sandwich drin? Dort war Äpfel drin, Hüttenkäse und ich habe vorher gesagt, Hüttenkäse ist scheiße. Ja, Aber kommt drauf an, welcher Hüttenkäse. Zu dem kommen wir Kommt noch. drauf an. Und wie heisst das? Nicht Rohschinken, man, das andere, das bessere, Bresaola, wie heisst es auf Deutsch? Das rote Trockenfleisch, wie ja. heisst es? Bündnerfleisch. Ja, genau, Bündnerfleisch. Was hast du für eine Sauce gehabt? Das ist eben der Hüttenkäse. Die sind eben noch Ah. recht gut. All die, Okay, das ist die dann vom nicht schlecht. Hitzberger sind nicht mal so schlecht. Das ist Die. nicht schlecht, ja. Das hat also Proteinshakes, natürliches Zeug und so. Ja. Ich esse gerne dort, lieber Ja. dort, weißt du. Viele Leute... Eben, ich habe nicht einen Kebab vorgegessen zum Mittag, weißt du. Ich esse eher solches Zeug. Ja, ja. Oder am Morgen habe ich einen Magerquark Ja, mit Wasser und einer Banane. Habe Okay. ich, genau, weißt Ja, du bist gut solches- ich unterwegs, schaue schon ja. ein bisschen, weißt du. stark, sehr Man gut. sieht es halt nicht so, weil ich kann nicht so regelmäßig ins Gym Ja, das ist gehen. nicht so wichtig. Das ist Aber wirklich nicht ja. so wichtig. Ja, ja Schauen schon. ich sage eben, wenn du entzündlich lebst, dann macht das Cholesterin ein Problem. Ja. Und das heisst entzündlich leben. Das ist natürlich auch weit gegriffen. Also weit gegriffen nicht, aber breit. Es ist mega breit. Schlafst schlecht. Du siehst wenig Sonnenlicht. Es ist viel Saatenöl. Es ist viel verarbeitete Produkte. Es ist wenig Vitamine und Mineralien. Ja, und zwar nicht ein Multivitamin, sondern echte Lebensmittel. Ja, nicht die Brausetabletten. Nein, und so, die ja, kannst du das- rauchen, die kannst ködern, die brauchst du nicht. Ja. Auf jeden Fall, wenn du schlecht lebst, und viele Leute leben leider heutzutage schlecht, zur Ernährung kommen wir ja näher. Voll, wenn ich Kollegen im Kollegenkreis schaue. Das ist Katastrophe, gell? Die essen nur Kebab, Mac, Ja. Süßigkeiten. Die gehen ich habe auch einen Candy, weißt du, einen Candy Shop und Ja. so. Aber ich esse das Zeug eigentlich gar nicht. Aber die fressen die ganze Zeit. Oder die ganze Zeit. Ich habe zum Beispiel Kollegen, wo Übergewicht haben. Sie gehen ins Restaurant, sie bestellen das Getränk, halbe Liter Cola. Ja. Das verstehe ich nie. Ja. Und dann nebendran noch, also nicht nebendran, Hauptgang ist noch irgendwelche Huren saucige Ja, Sachen, ja, fettig und Pizza. schwer, Ja, Pizza mit Ja. halbe Liter Cola. Ja. Das ist der Klassiker. Ja. Voll. Und weißt du, das ist eben der Scheiß. Pizza wird manchmal der Teig mit Sonnenblumenöl gemacht. In Läden. Aha, ja. Und ich, der dünner bin, nebendran, weißt du, ich Ja. muss schauen, weil ich sehe ein bisschen Bauch und so, weißt du. Es macht so keinen Sinn. Und der andere voll, weißt du. Da ist Scheiß Was du drauf. siehst, ja, was, drauf geschissen. sag du. jedes Mal, Bro, hör mal auf, halbe Liter Cola. nicht. Genau. Aber wir waren vorhin noch beim Zeug, wie ich Raw Animal gegründet habe. Ja, genau. So, Sind wir ein bisschen abgeschweißt. soll ich zurückkommen? Ja, kommen wir nochmal zurück. Und der Ray Pete sagt auch, dass du einmal in der Woche Ja. 200 Gramm Leber musst essen. Ah, habe ich ein Video von dir gesehen? Genau. Wieso, Leber? Leber enthält auch viel Retinol, das ist Vitamin A. Das findest du nie, ausser in der Reihe. Oder in einer Kapsel, wo man Nein, eben nicht. Also würdest du es finden? Ja. bei Supplement. Ja. Nein, in der Schweiz ist es eben verboten, dass du Retinol in eine Kapsel reinpackst. Nur der Arzt darf das an schwangere Frauen geben. Was? Und was ist Ja. Retinol genau? Was Retinol macht ist die es? aktive Form von Vitamin A. Was sie in Kapseln tun, in Supplement, ist Beta-Caroten. Ja, voll, ja. Und Beta-Caroten ist 10-mal weniger gut verfügbar für einen Menschen. Durch den Ja, Darm. okay. Plus, wenn die Schilddrüse nicht richtig schafft, was bei vielen Leuten der Fall ist heutzutage, Mhm. ist es noch schlechter konvertierbar. Und wieso ist das verboten? Weil du kannst überdosieren. Aha. Du kannst es überdosieren, effektiv. Wenn ich jetzt zu viel Leber würde essen, ich habe mega gerne Leber, aber meine Frau hasst es. Ja, Und dann meine vergiftest Frau- du dich. Wenn du jeden Tag 300-400 Gramm isst über mehrere Wochen, dann nimmst du dich. Also, der Klassiker ist Leberli mit Zwiebeln. Ja. Und, Ja. Bombe. in Butter gebraten mit Zwiebeln Genau. und Rösti oder so. Am besten Medium. Da hast du Ja. noch mehr Wirkstoff, also nicht Wirkstoff, Mineralien und Vitamine drin. Okay. Genau, weißt Es aber ist nicht, ob du es oft- gerne hast. Es ist oft Leber. Also Kalbsleber ist das aber. Es gibt ja Leber
Es gibt ja viele andere Leber noch. Gänseleber und jenste Leberzeug. Grundsätzlich ist es egal, welche Leber das ist. Ausser wenn du Muslim bist, Schweineleber ist nicht ja, so gut. natürlich, ja. Die können nicht, ja. Aber ist egal, welche Leber. Solange das Tier gut gezogen ist, dann hast du auch kein Schwermetall drin und so, weißt, und auch das Profil von der Vitamine und Mineralien ist gut drin. Genau, Vitamin A ist aber nur ein Beispiel. Kupfer ist das andere. Kupfer findest du vielleicht noch in Linsen, aber dort sind sie schlecht bioverfügbar. Oft in Dosen kaufen die Leute das Linsen in Dosen schon mit Soße. Ja, so. das ist schon Bullshit. Weißt du, so in Dosen Sachen kaufen, das ist schon random. Ich kaufe manchmal die, weil es mich scheisst an, die Linsen musst du ja aufweichen und so. Ja. Es gibt dann im Migros die in so einem Beutel, wo vakuumiert sind, die schon mal gekocht waren. Ja, voll. Die haben nichts anderes drin. Ist das auch nicht gut, oder? Es kommt darauf an, wie sie es kochen. Ja, ich weiss. Weißt du, wenn sie es kochen und weißt du, was ich meine? Ja, das kenne ich nicht. Okay. Kenn ich nicht. Ich kann mir das vorstellen. In so einem Beutel vakuumiert. Und ja, ich weiss, die flüssigen. Nein, sie sind also flüssig, nein. Also, sie sind schon gekocht, sozusagen, schon vorgekocht. Ja. Musst ich glaube, die tun sie eben heiß noch in Plastikbeutel rein. Das ist nicht gut. Ah, okay. Das ist nicht gut. Wenn du Plastik erhitzt mit dem Essen dran, dann hast du so viel Mikroplastik da drin. Weißt? Mikroplastik ist noch ein anderes Thema. Das ist auch noch ein Ding, ja. Unsere Eier sind voll mit denen. Unsere Eier? Unsere Eier. Also in dem Fall, meine Kinder sind auch voller Mikroplastik. Ja, weißt du, wenn sie von dort rausgekommen sind. Ja, auch Frauen sind belastet, ihre Ovarien sind ja voll belastet mit Mikroplastik und so. Es hat sich wirklich akkumuliert dort. Ja. Sie haben mehrere Biopsien gemacht, also Studien, und jede Uhr, alle Hoden und alle Ovarien sind einfach mit Mikroplastik belastet. Wir reden jetzt von Mikro, aber dort, das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Da hat es Mikroplastik, oder? Da hast recht, das stimmt. Am besten Glas, gell? Aber, ja, aber wo kannst du entkommst heute nicht mehr. Du entkommst dem Ganzen heute nicht mehr. Keine Chance. Das hier ist es echt. Wenn du es berührst. Kleidung auch, habe ich gesehen. Ja. Das ist nur Baumwolle, glaube ich, nicht so, gell? Ja, am Handy, am Laptop, Tastatur, du nimmst überall auf. So. Gell, du kannst Panik machen. Durch die Luft. Durch die Luft, genau. Wenn du Auto fährst und Fenster runterlässt, hast du schon Mikroplastikbelastung. Ja. Weißt du, so. So, ja. Ja, du kannst Panik machen oder du kannst sagen, hey, ich probiere da und da zu verbessern. Und Warte, du könntest so einen Filter durch die Nase genau. Ja, vielleicht kommt das. Das wäre noch vielleicht noch nicht. Das ist doch die Dinger da. Ja, komm, hör auf, Mann. Nein, du könntest da wie etwas machen, dass der Schutz bei den. Vielleicht würde sich das noch verkaufen. Ja? Aber das ist schon dystopisch. Ja? Wir sind schon in diesen Filmen da. Kennst du die dystopischen Filme? Was ist das dystopisch? So Zukunftsfilme. Aha, ja, voll. Wo so abgefuckt ist und so. Ja. Und wir landen ein bisschen dort. Aber wenn wir nicht so mit Masken, so wie Bane für rumlaufen und so, weißt du? Ja, es geht weit. Genau. Und nachher eben hast du Raw Animal. Genau, und dann eben 200 Gramm Leber in der Woche, oder? Und dann habe ich probiert. Habe gesagt, heute esse ich 100 Gramm Leber, am nächsten Tag 100 Gramm Nieren, am nächsten 100 Gramm Hoden. Hoden? Ja. Wo kannst du es kaufen? Lammhoden, Türkenmetzger. Migros findest du nicht. Türkenmetzger kannst du Hoden Ja, kaufen? voll. Nein, aber das ist das... Was? Das ist Haram. Hoden, das ist ja... Vom Lamm? Ja, aber ist das nicht... Ein Mann isst Hoden irgendwie? Keine Ahnung. Nein. Ja, weißt du, was ich meine? Machst du mich gut schwul? Komm jetzt. Nein, sicher nicht, Bro. Niemals. Aber nein. Aber du isst Hoden, weißt du? Ja, ich habe nein, nicht wegen dem, mal aber... gesagt, rohe Hoden essen. Sperma drin in der Hoden? Genau. Hat es das noch drin? Ja, sicher. Ja, ich meine, aber weißt, Tierhoden und so essen. Du überlegst viel zu weit, Mann. Ja, ich bin einer, der weit überlegt. Ja, natürlich ist es, wenn es roh ist die Spermie lebendig. Wenn es anbraten ist, nicht. Ja, du tust es anbraten? Ja. Von welchem Tier? Hä? Von welchem Tier? Er hat Lamm können besorgen. Lammhoden? Genau. Und wie macht man die? Hey, du tust so Schnetzel anbraten, kannst eine Sauce machen mit Reis, wie du willst. Ins Brot rein machen sie meistens auf dem Grill und so. Aber sieht man, dass es Hoden sind? Ja, im ersten Blick schon, ja. Schon? Ja. Also es ist nicht richtig so ein Hodensack? Ja, und der Vorderteil ist aber weg? Ja, das tut der Weg, er tut alles schon weg. Weißt? Nur die Hoden? Nein, ist es so eine... nur das innen dran, im Hodensack, oder? Ja, genau. Du hast den Sack, du machst schon Anatomie. Ja. Und dann hast du Hoden, oder? Und das ist so eine derbe Haut drumherum. Okay. Und die Haut tut er schon entfernen. Ja. Und drinnen hast du dann so eine galertartige Masse. Ja, okay. So, wenn du so drauf drückst, zergeht es so. Schon? Ja, ist verdammt komisch. Ist es nicht regelmäßig? Aber hast du es gern? Nein. Es tut eben nicht so, eben, Nein, du isst es weg. Es hat die Konsistenz von Fisch und Geschmack von Bulle. mit Hochsperma. Nein, Scheiße. Hey, nein. Aber wieso isst du das? Wieso? Es hat verdammt viel Zink drin.
Ja, aber Zink kannst du. Also Selen. Zink gibt schon Präparate. Ja, aber das willst du alles. Willst du leben aus Präparaten? Nein, das schon nicht. Ja, aber wenn jetzt du zwischen Hoden und so einem Säckchen Zink, dann würde ich schon lieber Säckchen. Sag dir ehrlich, ja. Oder du nimmst unsere Kapseln, wir haben dort auch Hoden drin. Ah, eben. Ah, Hoden in der Haben Kapsel. wir auch, ja. Haben wir auch. Aha, ja, da muss ich mal reinschauen. Ja. Dort habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut. Wir können es unten verlinken. Schau schon in der Bio, dort ist der Wir Link. müssen gar nicht verlinken. Produkt. Ja? Ah, weißt du, ich tue den Link in die Bio rein, dann sieht man es. Ja. So. Da könnt ihr einfach draufklicken. Da, schau. Sind das Hoden-Tabletten? Das sind Hodentabletten. Ah, zeig mal, da steht sogar. Das Stick, wie viel? 30% Hoden, 30% Austern. Austern auch noch? Wieso Austern? 20% Leber. Ja, es geht halt da um die Gesundheit des Mannes. Weißt du, ich darf Ist das schon mal offen gewesen? Kannst du auftun. Weißt du, zum Schmecken? Nein, schmeckt nicht. Ah, schmeckt Schmeckt nach Austern. Ah, Also kannst du machen, aber wenn dran so schmeckt es nach Hoden oder so? Boah, da sind einfach Hoden drin. Und was hilft mir, wenn ich jetzt die Kapsel nehme? Wie viel nimmt man von denen und was bringt mir jetzt das zum Beispiel? Ich erzähle dir noch schnell fertig, was ich gespürt habe, als ich so jeden Tag Ja, genau, 100 das Gramm, geht ja 100 dann Gramm um gegessen habe. Hey, am 4. Tag, ich weiss noch, dann habe ich wenig gepennt. Ja. Ich bin aufgewacht und ich bin einfach parat gewesen. Ja, Und also zwar wie parat? Den Der Kohl ist ganzen in der Luft. Tag. alles. Nein, mental vor allem. Ich bin im Fall so mental scharf gewesen. Es ist Ja. wie, ich bin ein ausgewechselter Mensch gewesen im Fall. Ich hatte so viel Energie in meinem Kopf. Ich habe mich so gut gefühlt, selbstsicher. Ich wollte etwas machen. So habe ich mich gefühlt, weißt du? Dann bin ich das den Kollegen erzählen. Ivan, mein Geschäftspartner. Er so, ja, Serat, ich weiss, meine Mama hat früher Leber püriert und uns so zum Essen gegeben, als wir noch Babys waren. Ja. Ja, macht Sinn, oder? Aber also, wenn ich es 10 Kollegen erzählt habe, haben 9 gesagt, wer? Ja, wie viele nicht gern. Ja, genau. Sinnereien. Also Leber finde ich das wenigste. Ja. Kuttle gibt es noch. In Italien ist mir das eben. Genau, habe ich auch gerne. Schon. Hast du Ja, gern? das habe ich aber nicht so gerne. Okay. Aber Leber ist gut, ja. Genau. Auf jeden Fall haben dann von 10 Leuten 9 gesagt, wer? Und dann habe ich gesehen, in den USA hat es Leute, die das schon verkaufen. Paul Saladino ist Ja. der, der ist so ein Arzt, der macht es sehr gut, erzählt durch eine Ja. Studie und alles, weißt du. Sehr angenehmer Typ. Und dann noch der Liver King, den gibt es auch noch, kennst du den? Ah, ist das der alles roh ist? Und so? Ja, der mit dem ist- Bart, der Ja, Fetzer, der ist so ein ja. Unmensch. Der isst alles roh, Der gell? ist so Poulet und ist kein Mensch. Eier und Er ist alles. kein Mensch, sorry. Ich Fisch einfach so. Der ist find- wirklich so- Augen, Mann, Augen vom Rind ist Ja, der einfach den so. müssen wir mal anschauen, den Das ist müssen schon wir ein bisschen, ich würde auch gerne Augen probieren, aber ein bisschen anbraten und so, wie wär's? Nein, weißt? der nimmt einfach so Leber und nimmt sie so, Ja, frisst die ganze Leber habe ich auch schon roh probiert. Es geht. Schon. Aber weißt du, so Hirn und so, hey, entspannt euch. Ja, Mann. der Gabirano hat das, glaube ich, mal gemacht. Kennst du den Gabirano? Ja, ich weiss welchen, Und der ja. hat den Poulet sogar roh gegessen. Und so. Ja, das geht. Poulet ist schon... Kann man, aber das ist ja hure gefährlich, Poulet roh essen, nicht? Nein. Nein. Wenn du es lang lässt liegen, ja. Aber das Weil macht viele Sinn. haben ja schon Angst, dass du nur mit Händchen das anlangen Ja, ich und nachher weiss. darfst du nicht dort anlangen. Ja, das ist alles Panik machen. Mann. Schön, ist das Ja. gar nicht so schlimm. Nein. Warte, Salmonellen oder so kannst du bekommen, oder? Schau, Salmonellen kannst du bekommen, aber dann muss das Poulet wirklich schlecht behandelt sein, lang rumstehen und so weiter. Du musst ein bisschen geschwächtes Immunsystem haben. Ich sage nicht, geht jetzt probieren. Wie gesagt, ich brate mein Fleisch an. Die Konsistenz ist ja sicher auch grusig vom Poulet. So, Das weiss ich nicht. Ich habe es noch nie Hast du probiert. noch nie roh Ich habe es gegessen? noch nie, Poulet noch nie roh probiert. Ich bin nicht Fan von Poulet. Ich finde es nicht hure fein. Schon. Ja, weil du Fitnessszene isst ja ist Ich Poulet. habe früher zu viel gegessen. Ah, ich habe eben im Fall auch. Jedes Mal, wenn ich in einem Restaurant dann tue ich Poulet bestellen und nachher bereue ich es. Nachher sehe ich irgendwo so Ja. über das Rindsfilet. Ja, Das ist voll. Scheiße. Schon Was habe ich geil, jetzt gell? das genommen? Ja. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann die US-Amerikaner habe ich angeschrieben und die Ja. haben gesagt, wir exportieren nicht. Auf EU oder Schweiz machen wir nicht. Ja. Und ein paar Leute haben auch schon probiert, von dort stellen und es wird im Zoll konfisziert und verbrannt. Ja. Es kommt wirklich gar nicht durch, das amerikanische Zeug. Aber dann habe ich in der EU gesucht und habe Nutris gefunden. Nutris ist unser Lieferant. Mhm. Das ist geil, wir sind die Einzigen, die das dürfen importieren hier in der Ja. Schweiz. Wir haben Exklusivrecht. Und das Ah, Nutriest. ja, Okay. ein Bombenprodukt. Bombenprodukt. Also ich muss sagen, 1A. Kreatin haben wir auch. Kreatin nicht von ihnen, haben wir selber Haben wir auch. eigene Linie gemacht. Ja. Ja. Genau. Okay. Kreatin. Eben, das würdest du für wer empfehlen, dass das nicht? Jemand, der müde ist? Oder? Also, schau. Grundsätzlich, wir müssen fast die Ernährung von heute auseinandernehmen, fast, wenn wir jetzt mit dem anfangen. Wer soll es nehmen? Weil Leute essen so viel verarbeitete Sachen. Sie essen die 5 Grundnahrungsmittel fast gar nicht mehr. Früchte, Eier, Milchprodukte, Fleisch und Innereien.
Ja, viele sind ja allergisch geworden, laktoseintolerant. Genau, und so das weiter. ist schon noch so eine Sache im Fall. Viele sind gar nicht laktoseintolerant, sie haben einfach eine Intoleranz gegen A1-Casein. Mhm. A2-Casein, Urmilch. Das vertragen hure viele. Was ist Urmilch von einem Dinosaurier? Oder? Es gibt verschiedene Arten von Mammut. Kühen. Hier in diesem Fall 2 Arten. Ja. Ja? Und es gibt A1-Kühe, die sind so in Anführungszeichen überzüchtet, und es gibt A2-Kühe. Okay. Wenn du die 2 kreuzest, Ja. dann ist A1 dominanter und die Milch wird A1-Milch. Das ist nichts anderes als eine Aminosäure im Caseinprotein, die wechselt. Und das tut dann wirklich deine Immunreaktion aktivieren. Die Körper hat das A1 weniger gern als A2. Okay. Und wenn du aber eine A2-Milch trinkst, und ich glaube, sie fangen wieder an zu wechseln zu A2, weil man hat gemerkt, dass viele Leute A1 nicht vertragen. Wenn du A2 trinkst, dann merkst du, dass du gar nicht laktoseintolerant bist, sondern wirklich einfach das Casein wahrscheinlich nicht verträgt hast. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist die Homogenisierung. Viele Leute, die gehen Rohmilch trinken, sagen, hey, ich habe eigentlich Laktoseintoleranz. Wieso mag ich das plötzlich vertragen? Mhm. Ich mag einfach Rohmilch vertragen. Okay. Und das ist wirklich interessant. Meine Ja. Mama hat das so. Sie hat Laktoseintoleranz gehabt, Rohmilch und Milch vom Ausland. Wir sind auf Italien oder auf Spanien in die Ferien. Ja. Und sie hat dort Cappuccino getrunken und kein Problem. Mit Kein Rohmilch? Problem. Nein, nicht einmal. Aha, nicht. Es kommt Ah, ist wirklich einfach auf, die mit es kommt dem- auf Kuh drauf an, was sie der zum Essen geben, auch noch. Weißt? Und Aber wenn auch- ich im Migros gehe oder in Coop, Ja. wie weiss ich, ob das A1 oder A2 Milch? Es gibt eine Milch, ich glaube im Coop. Aber im Mikro habe ich das auch schon gesehen. Es ist so eine grüne Flasche. Da Mhm. steht Urmilch drauf. UHT oder? Urmilch steht das drauf ist, sogar. glaube ich, pasteurisiert. Ah, Ja. okay. Ich bin nicht anti-Pasteurisierung. Ja. Ich habe Zeug schon lieber. Rohmilch ist schon feiner vom Geschmack. Aber er ist ein Overkill, dass du immer Rohmilch musst holen. Ich mag nicht. Aber ich habe genau gestern gelesen, in einem Fall, dass einer wegen Rohmilch im Käse gestorben ist. Hast du das auch gesehen? So ein Bub. Ja, aber Leute sterben Das Kind. auch wegen abgelaufener normaler Milch. Oh, das stimmt schon. Weißt du, es ist vor allem, wenn der... Ja, aber dort gesehen ist das Ablaufdatum und so. Aber der hat das irgendwie nicht vertreibt, glaube ich, schon irgendeine Allergie. oder so. wenn es Allergie ist, ist etwas anderes. Wenn es eine Infektion ist, Ich weiß nicht genau, Weisst ich bin nicht. nicht mehr sicher. Ja, Das schau, war gestern oder vorgestern, als ich das gelesen habe. Ja. Ja. Geschmackstests. Also du schaust, wenn es rote Pünktchen drauf hat, dann Aha. trinkst du es nicht Trinkst du es eh mehr. nicht, ja. Du schmeckst dran. Wenn es grusig Voll. schmeckt, trinkst du es nicht mehr. Du lässt es weg. Aber das Ja. Interessante ist eben Rohmilch. Wenn es Zimmertemperatur lässt stehen, dann wird es so wie Joghurt. Ah, kannst jetzt essen. grad, schon. Ja, es fermentiert. Du kannst es wirklich essen. Ja, Die ist nicht Bakterien drin. Nein, es wird nicht schlimm. Aber ist jetzt so sauer nachher, wenn du den Joghurt Mal. machst? Ja, schon. Ja, ja, Leute haben es gerne. Ein paar nicht, ein Okay. paar schon. Ja. Es ist wie Joghurt. Ja. Aber wenn du es im Kühlschrank machst, ist es eben anders. Dann nicht. Noch ein bisschen Dann geht's Salz, nicht. noch ein bisschen Hahnenwasser, Ja, nachher genau. schon Eier. Ja. Genau, genau. So eben die 5 Grundnahrungsmittel, wenn du die regelmäßig isst, Eier und Innereien sind recht wichtig, die enthalten viel Vitamin A, Kupfer und so weiter. Ja, Hey, dann musst du kein Supplement nehmen. musst nicht. Ja, Du musst gar ja kein wenn du dich Supplement richtig ernährst. Ja. Ja, also Eier, Früchte und Innereien. Und noch ein bisschen Käse für Kalzium. Das Problem ist jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe ja noch Familie daheim und so. Und Ja. da müssen ja wie alle mitmachen, bei so einer Ernährungsumstellung. Weil sonst muss ich für mich kochen. Und das ist eben das Problem. Wenn du allein bist, Single, kannst du recht gut auf das schauen. Aber wenn du Natürlich. eben in einer Familie wohnst, ist es noch schwierig. Oder? Natürlich, ganz sicher. Was würdest du dann machen? Ja, Ja, scheiden. Ich meine, gibt es Kinder, also es gibt sicher Kinder, die Eier nicht gerne haben, aber der Großteil der Kinder. Leber hat es zum Beispiel nicht gerne. Ja. Fisch haben es nicht gerne. Okay. Also meine Frau. Ja, Meine aber Eier geht. ja, Eier Fleisch schon. geht. Ja, sicher. Ja. Oder Käse, Milchprodukt. Ja. Also, du hast schon hure viel abgedeckt. Aber Käse ist auch nicht unbedingt gut, nicht? Es kommt darauf an, welcher Käse. Eben. Weil Lö- Käse hat ja wieder... Traditionell hergestellt. Ja. Lögrie, Appenzeller, Emmentaler, die wirklich die sind aus Rohmilch hergestellt. Die haben keine Lysozyme drin, kein Mikrobiellen, Lab, keine Zitronensäure. Und das ist super. Und was ist dort genau super? Also der Protein, der hat ja höhere Proteingehalt Käse. Ich bin Fan vom Kalzium da drin. Es hat Calcium. auch viel Vitamin K, Ja. sehr viel. Das ist echt fein. Ja, aha. Ich liebe Käse. Ja, aber wegen fein schon. Aber weißt du, brauchst ja Essen, musst ja eigentlich Ja. tut man Essen, du musst ja Nährstoff Ja. haben, Ja, zum in Energie umwandeln Genau. und so weiter Genau. und zum deine Zellen erneuern und so weiter. Ja. Eigentlich ist das Essen, nicht genau. zum deinen Bauch füllen. Genau, Weil genau. wenn ich meinen Bauch fülle, gehe ich in Kebab. Was habe ich für Nährwert in einem Kebab? Ja, nicht Ich hure- liebe ja. Kebab, weißt du, Ja. aber ich esse es sehr selten. Ja, ja. Aber weil das ist ja kein Nährstoff von dort. Genau. Das ist einfach ich habe Hunger, Ja. ich fülle meinen Bauch. Also in Fertig.
im Käse ist vor allem Kalzium im Milchprodukt, das raussticht, oder? Ein bisschen Vitamin D, ein bisschen Vitamin K, aber das Kalzium ist Hauptzeug. Und du brauchst Kalzium, damit du das PTH-Hormon senken kannst, damit deine Knochengesundheit gut ist. Ja. Und dann fährt auch noch dein Stoffwechsel auf, deine Schilddrüse hat gerne Kalzium, deine Zellen haben gerne Kalzium, sie brauchen es. Und viele wissen das nicht. Aber du brauchst Kalzium und Kalium, damit du deinen Blutdruck kannst, stabilisieren kannst. Viele Leute sagen eigentlich weniger Salz essen. Aber es ist eben nicht nur der Salz. Salz ist eine Seite der Gleichung. Aber es hat noch so viele andere Mineralien, die du brauchst, um den Bluthochdruck in den Griff zu bekommen. Ja. Kalium ist A und O. Habe ich mal einen Mangel gehabt. Voll. Siehst du, Natrium ist außerhalb der Zellen und Kalium ist innerhalb der Zellen. Die müssen sich gegenseitig ausgleichen. Bananen genau sollte ich viel essen, das gesagt immer. Er hat viel Kalium. Kalium, ja. Früchte haben viel Kalium. Darum bin ich Fan von Früchten. Ja. Viele Leute sind nicht Fan von Früchten. Ja. Ich bin, Wegen dem Fruchtzucker. Oder? ja, das check ich nicht. Warum. Also das ist schon so ein hoher Hype. Ja. Anti-Fruchtzucker. Chillt mal, Mann. Ja, also seit Anbeginn der Zeit Fruchtzucker. Ja, kommt auch darauf an, wenn jetzt, ja, aber ich glaube, wenn eine Wassermelone isst, ist. Ja, das ist man-made, hast du gewusst? Was? Das ist man-made. Was Das hat es nicht gegeben. Wassermelone hat es nicht gegeben. Das ist ja, ich weiss. produziert Ja, worden. die ist so produziert Genau. worden, voll. Ja. Das ist auch die Erdbeeren und so, die haben früher nicht so ausgesehen. ja, Das sind die Bananen wild. auch. Die haben ja Samen eigentlich, Bananen und so. Genau, ja, genau. Ich alles gesehen, ja, voll. Also ich denke nicht, dass es schlimm ist, dass man das man-made macht. Ja. Ich denke, man kann auch man-made Sachen essen, hier und da. Ja. Käse ist ja, machen wir heutzutage so man-made. Das hat auch irgendjemand zufälligerweise herausgefunden, weil er wahrscheinlich in einen Rindermagen Zeug rein da hat, Ja. Milch, zum Transportieren. Und dann ist es Ja. hart geworden. So Und ist es nachher auch so, herausgefunden. Ja. Aber nur weil es man-made ist, denke ich nicht, dass es schlimm ist. Eben, eine Kuh scheisst ja nicht in den Käse raus. Ja, Also. genau. Ja, genau. voll. Voll. Eben, und nachher hast du Raw. Aber jetzt aktuell, was lebst du von dem? Oder was? Ja, ich lebe von meinem Okay. Online-Shop. Ja, das ist richtig. Und Social Media ist wann gestartet? Ich habe dich gesehen auf den Videos. ja, Vor allem mit diesen Produkten, das machen wir nachher auch. Wir haben da ein paar Produkte gekauft, wo du eben gezeigt hast, so ein Produkt. Und das ist, wo ich kenne, eben, wo jeder kennt. Irgend zum Beispiel einen Aufschnitt. Da hast du gesagt, das ist so und so. Und da hast du aber mega viel Gegenwind auch bekommen in den Kommentaren. Habe ich gesehen. ja. Das ist eben gut. Manchmal, Ich komme auch mega viel Gegenwind über. Ja. Und das pusht die Videos, die gehen dann viral weg dem. hey, wenn Gegenwind oder Hate kommt, Das auf ist der einen sehr gut. Seite regnet es Hate, auf der anderen Seite ist mein Shopify am Klingeln, weißt du? Also Genau. es gibt Umsatz. Aha. Hate gibt im Fall indirekt sofort Umsatz. Mehr als irgendwie Leute, die kommen und sagen, super gemacht und so. Ja. Pur interessant. Aber hey, Gegenwind, die ganze Zeit, du kennst es ja. Dir muss ich es ja nicht erklären. Ich kenne es sehr gut. Ja. Ja, langsam, jetzt seit 2020 bin ich dabei. Und Ja. seitdem habe ich gemerkt, was für gestörte Leute es auf dieser Welt Hey, gibt. Scheiße, Habe Mann. ich vorher nicht gewusst. Leute identifizieren sich mit einem Aufschnitt. Leute, chillen, das ist ein Aufschnitt. Es gibt Alternativen, Mann. Das ist nicht eure Identität. Entspannt Voll. euch mal, Mann. Ja, ja. Hey, nein. Als hättest du ihre Mutter beleidigt. Ja, weißt du? wirklich im Fall. Ja, ja. Ich Hure- auch mit dem Ronaldo und Messi, weißt du. Ich habe Ja. nur gesagt, ich finde den besser und so Ja. fertig. Aber die beleidigen meine Mutter und alles. Und Who voll cares? übertrieben. Weder Messi noch Ronaldo Ist doch kennt ihn scheissegal, und ja. interessiert sich für ihn, Mann. Hey, Ja, ich chillen, interessiere. Jetzt ist das während der WM gewesen. Jetzt Mann. interessiert mich Ja, das gar nicht. ja. So uninteressant, Mann. Ja, voll krank. Aber, was sind wir gewesen? Also, was du eben, von was du jetzt lebst und so, weißt du? Genau, also wir haben Raw Anime ich habe Raw Anime vor 3 Jahren angefangen. Nach einem halben Jahr ist der Ivan, mein Geschäftspartner, Ja. dazugekommen. Wir haben mit ihm angefangen Videos zu drehen. Also Ja. er hat mich aufgenommen. Und es ist ein Klassiker. Am Anfang ist echt das Mikrofon nicht gegangen. Wir waren 3 Stunden Aha. erkältet. Wir haben irgendwelche Übungen gemacht. Und so zuerst sind wir auf die Fitnesslinie. Ah, Fitness, weisst? Ja, ja. Videos. Weil ich bin ja Fitnesser, oder? Ja. Ich weiss nicht mit den Leuten, die sich ansprechen. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass es mehr Doris und Beatrice sind, die das wollen. Also mehr Ja. so ein mittelalterliches Segment. Früher ist hinzugekommen, dass die Mehrzahl der Bestellungen von Frauen gemacht wird. Ja. Wir haben hure viele Frauen gesehen. Ja. Macht Sinn, weil Okay. Frauen, wenn ich mit ihnen rede, essen konstant zu wenig. Frauen essen echt Ja, immer zu wenig. okay. Das ist mega Also nicht interessant. alle, aber die Mehrheit, so kannst du sagen. Ja, sorry, Ja. natürlich. Wir wollen nicht pauschalisieren. Ja, gell? ja. Aber so oft kommt es vor. Und viele haben Eisenmangel-Anämie. Eine Leber ist super für eine Eisenmangel-Anämie. Ja. Weil es hat Vitamin A, Kupfer und Eisen, Eisen drin. Weißt? Perfekt. Sie bestellen regelmäßig und so. Und Was entsprechend genau haben wir- bestellen sie? Jetzt haben wir ja nur das Produkt gesehen, oder? Ja, das ist mehr für Männer. Und was haben sie dann noch für Produkte? Frauen bestellen hauptsächlich Milz. Milz, Kollagen. Auch so in die Kapseln? Ja, Milz haben wir auch so in Kapseln. Milz gemischt mit Milz? Leber. Milz.
Aha. Aha. Ja, das ist aber noch gut für die Leute, die das wirklich nicht essen können, die das grusig Ja. finden. Ja. Und so findest du, ist es nicht so grusig. oder Aber nicht? wieso Milz? Milz ist das Nahrungsmittel mit der höchsten Hemmeisengehalt. Aha. Hemmeisen, sagt ihr das etwas? Nein. Aber Eisen, weißt du, darum habe ich Eisen, gesagt, genau. Es gibt verschiedene Eisen. Formen von Eisen, verschiedene Bungen. Ja. Wenn du zum Arzt gehst, bekommst du ein Eisenschwefel oder ein Eisenfumarat. Ja, okay. Und ein Eisenfumarat kannst du irgendwie zu 5% im Darm aufnehmen. Ja. Ja, that's it. Der Rest belastet die Darm. Nur viele Frauen haben das Problem, dass sie Darmprobleme, Schmerzen bekommen, wenn sie Eisentabletten nehmen. Mhm. Hemmeisen kannst du 25% aufnehmen. Ja, okay. Und das Geile an Milz ist eben, dass es so Kupfer drin hat. Mhm. Viele wissen nicht, dass ein Eisenmangel oft ein Kupfermangel ist. Ja. Weil du hast im Blut hast du ein Transportprotein, das heisst Ceruloplasmin. Ja. Und das Ceruloplasmin hat im Zentrum, oder nicht im Zentrum, ich glaube mehrere sogar, hat Kupferionen drin. Es wird mit Kupfer gebildet. Mhm. Und ohne das Ceruloplasmin kannst du dein Eisen nicht von A nach B bringen. Das Problem, das ist ein riesiges Problem, wenn Frauen eine Eiseninfusion bekommen. Mhm. Sie kassieren eine Eiseninfusion, auch wieder Eisenfumarat, ja, und haben kein Ceruloplasmin drin. Was passiert? Es wird nicht gebunden und geht direkt in die Niere. Und dort wird es ausgeschieden. Aber das ist eine hohe Belastung für die Nieren. Das ist eine extreme Belastung für die Nieren. 3 Mal im Jahr machen sie das zum Teil. Und es wird einfach nicht besser. Also Und niemand kommt drauf, diesen Frauen mal zu sagen, hey, iss mal ein Leber. Ja, ich würde mal sagen, sicher 97% der Menschheit befasst sich gar nicht mit dem Thema, das du jetzt Ja, oder? ich gebe dir recht. Wie bist denn du darauf gekommen, dass überhaupt auf das Thema? Dass du dich dafür interessiert hast? Hauptsache der Ray, also... Aber wie Durch gesagt, den eben. Durch Ray den Pete hat mir sehr viel beigebracht. Paul Saladino, viel habe ich auch von Ja. ihm. Aber ich bin interessiert generell, so Ja. medizinisch, Bodybuilder, Ernährung und so. Und ich verteufe mich gerne dort, Ja. so Rabbit Hole-Style, weißt du. Kann Sachen herausfinden, shit, schau mal, mega spannend und so weiter. Ja. Also wie sieht denn bei dir zum Beispiel ein Tag aus? Was isst du, wenn du aufstehst bis Ja. am Abend zum Beispiel? Du isst ja nicht jeden Tag das Gleiche, aber so ein Beispiel. So. Doch. Schon, immer das Gleiche isst. Ja, mehr Aha. oder weniger, ja. Was isst du? Also Also musst du nicht 90%. sagen, wie viel Kalorien und alles, aber was Ja, ist das? im Moment bin ich im Cut. Darum ist sie am Morgen Honig also Magerquark mit Honig. Rohhonig ist das? Was? Nicht. Rohhonig. oder? Rohhonig. In der Schweiz Ja. haben wir fast nur Rohhonig. Ja. Das ist gut. Also nicht die, weil es gibt ja viel Honig, habe ich im Kassensturz oder Ja. so gesehen, so, wo es gesehen hat, dass gar kein Honig in diesen Honig Ja. drin ist. amigs. Man muss schon schauen, welcher Honig das man kommt, aber es ist schwierig, einen guten zu finden. Ja. Ich habe den Imkermeister Krüger. Okay. Kennst du den? Nein. Kennst du den nicht? Krüger-Honig. Aber warte, irgendwie sagt man das etwas. Ja, das ist schon von Roh gegangen. Hast du sicher auch Ah, gehört. okay. Ja, sehr wahrscheinlich dann schon. Wir sind in FIBO gegangen, nein, haben wir den gefunden dort. Weißt du, Ich wie kenne den FIBO- anderen, der mit dem Bart, wie heißt der? da? Der verkauft seinen scheiß Honig immer. Der Ja, Vitamin kennst du den? Der Vitamin D, der. Nein, er heißt Vitamin. Das ist so ein Influencer von Deutschland. Der verkauft wahrscheinlich den gleichen Honig. Der verkauft so komische Honig, so rote und so. Ja, das kann sein, dass das Ja. ist. Das ist guter Honig. Okay. Pestizide und so Ja. testet, alles super. Weißt du, Mhm. Bio, Ja, das ist recht geil. Und wir haben den in FIBO kennengelernt. Okay. Ich bin mit einem Kollegen, dem Kai, bin ich in FIBO. ja, Und ein bisschen Produkte entdecken, die man Ja. in unseren Shop aufnehmen ja. kann. 95% kannst du ködern, um ehrlich zu sein. Es ist immer das Gleiche. Es ist wirklich alle Huren Protein und Rigomarken. Es ist alles das Gleiche. Wirklich Ja. A bis Z, die schmecken auch gleich. zum Teil. Okay, ja, stimmt schon. Und dann haben wir eben den Krüger haben wir gesehen. Wirklich der Ja. Imkermeister Krüger, höchstpersönlich, Ja, okay. ist der gestanden, der alte Mann, weißt du? So eine geile Warte Sicht. mal, ist das der Alte, der mit den Dings geredet hat? Mit der militanten Veganerin, ja, genau, der, der ja. ist es. Ja, okay, wo gesagt hat, wegen Der. der Biene, er ist voll ausgerastet. Ja, genau, ist gut durchgetragen. Ja, der ist genau weiss so ich. im Fall. Ja, der der ist zu viel in ihm Hand gegeben. Der hat mir so den Hang gedrückt. Hey. Ja. Ich bin ja nicht der Schwächste, oder? Aber Ja, voll. der hat, er hat gedrückt, hey, fast kaputt gegangen. Mann. Ah, jetzt Geile weiss ich. Sicht. Ja, okay, ja, Der dort schaut hast immer du so. 100% guten Honig. Ja. Ja, der ist sehr gut. Einer mit diesem Honig. Der Kannst du in der verkauft- Schweiz bestellen? Für den? Ja, können wir bei uns bestellen. Wir Ah, bei importieren euch kann man den bestellen? Ja, voll. Ah, okay. Muss ich Wir haben mal- die Kooperation dort kennengelernt und gesagt, hey, weißt du, was soll ich Honig nehmen, Mann? Das ist super geil. Ja, Das sind auch okay. geile Sachen. Das sind Ja. coole Typen. Aha. Und dann den Honig tue ich in meinen Magerquark mischen, Kaffee mit Milch. Warte, Magerquark, tust du den mit Wasser in den Shaker oder tust du den einfach so löffeln? Nein, also ich nehme den Magerquark so und tue Honig so reinleeren. Wie viel Magerquark?
250. Ah, 250. Aber dann später am Tag nochmal 250. Okay, ja. Ich habe nicht zu viel Fähig. Ja, das ist mega Du gruselig. kannst als Tapete brauchen, weißt du? Die 500 Dinge, ich tue es eben mit Wasser, aber jetzt nicht. Aber Geht vorher bin ich mega aktiv im Gym. Ja. Aktiver gewesen, als ich noch kein Kind hatte. Ja. Da habe ich immer am Morgen einen halben Liter. Da habe ich 1 Kilo Magerquark am Tag, aber mein Stuhlgang hat so ausgesehen. Ja. Andere Ich kann Farbe. auch Dichtungsmittel brauchen. oder? Ja, okay, das Ja. ist zum Morgen. Genau, dann aber mit Kaffee. Kein Kohlenhydrate am Morgen. Honig. Ah ja, okay, es sind Ja, Kohlenhydrate, ja, stimmt. Honig, ja, ja. Ah, du hast viel Honig rein, Ja, ne? du hast schon so 30, 40 Gramm drin. Ah, was? Aha, ich habe gemeint, das Löffel, das Nein, Kaffeelöffel. Löffel, das ist anfänglich. Ah, du hast richtig Honig drin. Ah. Ja, Aber dann sagen viel wegen dem Zucker und so. Was sagst du zu Zucker? Ich habe dann? keine Angst vor Zucker. Okay. Ich glaube nicht, dass Zucker unser Feind Ja, du hast ist. keine Ranze. Ja. Ja, nein, weil viel Honig hat viel Zucker, oder? Ja. Es gibt Leute, die sagen, ja, Honig ist nicht das gleiche wie Kristallzucker. Aber ich bin da nicht gleicher Meinung. Weil Okay. Kristallzucker, also Honig besteht ja hauptsächlich, wenn du normalen Honig nimmst, im Schnitt 50% Glucose, 50% Fructose. Ja, Ungebunden, so, Ja. dort im Rumschwimmen. Kristallzucker ist ein Molekül Glucose und ein Molekül Fructose aneinander verknüpft. Wenn du das isst, hast du Enzyme im Darm, in der Darmwand, die das entknüpfen. ja. Und dann ist genau das Gleiche. Du hast wieder Fructose und Glucose auseinander. Ja? Aber Leute haben Angst davon. Und ich verstehe nicht, wieso. Weil sie haben Schiss von Fructose selber, ja. aber Fructose, wenn du es nicht übertreibst, wir reden von 100 Gramm Fructose auf einmal, das Ja. sind Tests, die sie gemacht haben, das belastet deine Leber. Aber wenn du eine Frucht isst und vielleicht 20 Gramm, 10 Gramm Fructose einnimmst, dann wird das in deiner Darmwand gemütlich abgebaut und dann schön in den Blutkreislauf gehen, ohne dass die Insulinspiegel so stark ansteigt und die Blutzucker auch nicht. Fructose Okay. wird eben anders abgebaut als Glucose. Im Gegensatz zu Reis, wenn du Reis isst, Jasminreis zum Beispiel, hey, der glykämische Index, die Glucose, das Insulin geht auf. Ja. Und da verstehe ich die Angst nicht davon, wieso dass die Leute Angst vor Zucker oder Ja, der oder Herdöpfel Zeug hat es ja auch, ja. Sie sagen auch irgendetwas wie, ja, Zucker industriell hergestellt. Leute, Zucker gibt es also in dieser Form seit 1300 Jahren im Fall. Ja. Und wir werden erst seit 40, 50 Jahren schwer übergewichtig. Mhm. Wenn du schaust, in den 50er, es gibt so Videos von Manhattan, Voll, habe ich auch die sie gesehen. aufnehmen, weißt du? Ja. Und die Leute sagen, ja, Menschen sind früher aktiver unterwegs gewesen. Nein, Mann, Manhattan ist schon immer ein fucking einziger Bürokomplex Voll, ja, gewesen, quasi, ja, ja. weißt du? Dort sind sie auch rumgehockt. Und sie sind nicht dick gewesen, obwohl sie Zucker Ja. konsumiert haben. Es gibt Aufzeichnungen von Models aus den 30er Jahren, 40er Jahren, was sie gegessen haben. Und es ist einfach zum Teil 100 Gramm Zucker. Tja. Und die sind schlank. Und an was liegt es denn, Mensch? Inner Fastfood, ja? An den Saatenölen. Am Ich bin Öl. überzeugt. Weil die Saatenöle, ja, Ja. was war das erste? Ich glaube, Sojaöl, das sie gemacht haben. Ist Crisco, die Marke Crisco rausgekommen in den 30er. Mhm. Das war die erste Marke, die Saatenöl als Essen vermarktet hat. Vorher, weißt du, was es gebraucht ist worden? Motorenschmieröl. Yes. Ja. Und nachher zum Fressen, da ist doch noch Olivenbaum, oder? Jetzt ist du nur Olivenöl, oder? Nein, zu dem kommen wir Ah, gleich. okay. In den 30er ist eingeführt worden, ist natürlich noch nicht so breit gewesen, ja. Ja. Aber so richtig breit ist es erst geworden, wo McDonalds in den 70er Jahren die Saatöle als Frittieröl übernommen hat. Mhm. Und ab dann geht Übergewicht rauf. Und auch verschiedene Krankheiten, Diabetes übrigens auch. Ja. Diabetes Ah. Typ 2 fängt vor allem dort an. Mhm. Wann hast du letztes Mal im Mac gegessen? Ja, ist ewig her. Ist Ich, ewig. ich esse auch nicht im Mac. Nein, Ja. Döner ist sie, aber Mac ist sie nicht. Ja. Ja, ich habe viele Videos gesehen, wo sie so einen Burger eben in einer Sack irgendwo haben. Und der seit 10 Jahren und sieht immer noch praktisch Geht gleich nicht aus. kaputt, gell? Oder an einem Bär, also an einem Braunbär, hat Ja, er ja. mal so einen irgendeinen normalen Hamburger angegeben und er will ihn einfach nicht essen. Und so. Ja, voll. Das ist kein KI-Video. Es ist kein Ja. KI-Video gewesen. Ja, Ja, ist voll. krass. Wieso wird er es nicht essen? Das ist ja Fleisch. Aber Eben, der, gell? ja, der Snoop Dogg hat mal etwas gepostet, wie so die Achtung. Bibeli nicht tun und nachher Chicken Nuggets gemacht werden. Ah, ich weiß das. nicht, das ist Schauer, steht dort sicher Das Chicken stimmt, Nuggets mit. das ist wahr. Das Mit ist wahr. Kopf und alles. Mit, Die werden echt reingeschmissen. Direkt geschreddert. Das ist brutal. Schwul brutal. Ja, schaut mal, nachher essen ihr nie mehr. Ich habe immer 20 Chicken Nuggets früher genommen mit Currysoße und Ja. die gegessen. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, Pommes vermisse ich. Pommes, ja, aber Pommes eben mit dem vermisse Öl. Aber Pommes kannst du theoretisch eben mit Rinderfett frittieren. Das wäre dann weniger Es ungesund. ist gar nie Pommes, oder? Nein. Gar nie. Nein. Allgemein frittiertes Zeug, oder?
Ich bin meine Magensäure-Problematik losgeworden, indem ich auf Saatöl verzichtet habe. Ja. Ja, mit 18 mit Protonenpumpen haben wir angefangen, Esomeprazol. Die Säureblocker. Ah, okay. Kennst Für Magensäure? du? Ja, gegen Ja, Magensäure. okay. Die Ja, es gibt Tabletten. so, ja. Ja, genau. Gibt auch natürliche. Keine Ahnung. Ja, so Für Betain Reflux so. und so Ja, Scheiße. genau. Aber mit normalem, also mit nicht natürlichem angefangen, mit 18 bis 27, 28. Und es hat immer geheißen, du musst das Leben lang nehmen. Ja. Ja, was? What the fuck, man? Menschen haben das früher auch nicht müssen nehmen. Was soll Früher das hat es jetzt? gar nicht gegeben. Genau. Und dann habe ich die Saatöle lassen, dank Ray Pete wieder, oder? Ja. Habe die Saatöle lassen. Und dann habe ich die Magensäure-Medikamente ausgeschlichen. Du musst die eben ausschleichen. Du kannst die nicht einfach auf einmal, weil sonst bretschst du deine Säure auf. Ja. Und viele wissen das nicht. Du hast Magensäureprobleme, nicht weil du zu viel Magensäure hast, sondern weil du zu wenig Magensäure hast. Mhm. Der Magen fängt dann an Saft produzieren, Ja. ohne Magensäure. Und das ist das, was du aufstößt. Das ist immer noch säuerlicher Mhm. als deine Speiseröhre. Und es Ja. fängt dann an zu brennen. Genau, ja. Aber es fängt vor allem Saft an zu produzieren, weil es zu wenig Magensäure hat. Mhm. Wie kannst du Magensäure erhöhen? Wenn du Kaffee trinkst oder das Aspirin nimmst, dann ist plötzlich, es wird besser. Ja. Mega interessant. Ja, viele Leute haben das. Aber viel, wenn du auf leeren Magen Kaffee trinkst. Ja, ist gut. Das ist ein anderes Thema. Das ist mit dem Cortisol zu tun. Und das ist auch ein anderes Thema. Das ist sogar das gleiche Thema. Ja. Du kannst zum Beispiel eine Tat essen, wenn du Magensäure hast. Und es wird dir besser. Wenn der Cortisolspiegel runtergeht, dann hast du hier einen Verschluss im Magen. Ja. Der macht dann zu. Wenn Cortisol aufgeht, wenn du Hunger bekommst zum Beispiel, dann macht die Röhre auf. Mhm. Und dann kann die Magensäure raufkommen. Aha. Siehst du, es hat auch mit Cortisol, Ja. mit Stress zu tun. Ja, voll. Also man sagt ja, es hat auch mit Stresshormon, Stress ne? zu tun. Genau, Ja. genau. Da habe ich sicher viel davon. Wer nicht? Ja, scheiße. Ja, aber mit 2 Kindern. Du hast keine Kinder, oder? Ja, kein Kind. Ne? Ja, eben. Im Fall. Dort geht es dir richtig auf. Im Fall. Ja, das glaube ich dir. Digga, Das ist bei meinem Bruder, der hat jetzt auch Kinder. Dein Bruder? Ja, 5-Jährige und 2-Jährige. Ja, Buben, ne? Einer Meint, Bub, ist einer schlimm. mehr. Das kleine Mädchen. Ich kann vorher ihre Haare machen und so, weißt du? Nein, die Haare ist nicht gut. Nachher geht sie dort mit Wasser machen, mit so einem Strähch. Urherzig. Sie sieht nicht gut aus. Ja, ja. Scheiße. Du im Stress, ich muss gehen. Ja, und nachher tut sie noch so Mist, weißt du, so Parfüm für hey, sie ist 7. Ich so, was machst du? Urherzig. Weißt du, was willst du? Willst du einen Typ finden, oder was? Ja. Du bist 7, weißt du? Hey, Papi nein. ist schon eifersüchtig, gell? Ja, nein, das ist schon noch nicht. Eben, wir haben jetzt noch Produkte gemacht. Ich glaube, schauen wir die mal an. Ist Schauen wir gut. es an, soll ich es schnell holen? Ja. Also, da haben wir jetzt die Produkte. Als erstes würde ich mal die 2 Proteinshakes nehmen. Sind die gut, wenn ich jetzt ins Gym gehe und nach dem Gym mir so einen Proteinshake reinhaue? Ich habe den schon oft getrunken und ihr Zuschauer sehr wahrscheinlich auch schon mega oft. Bist Gib mal mal so ehrlich? an, kennt ihr den auch? Bist mal ehrlich, kennst du viele Leute, die das nehmen und hure parat sind? Also ehrlich gesagt, die ganz Parate habe ich jetzt nicht gesehen, dass das trinken. Nicht, hä? Nein. Und Die haben die, immer wo- meistens Magerquark und so. Also ich hatte Kollegen, gehabt, aber die haben auch noch... die haben sich auch noch etwas anderes gegeben. und so, ja. Das zählt natürlich nicht. Die kannst nicht die gleiche mitnehmen. Die haben so viel- Ja. Ja, darum weiss ich es nicht, weil die auch noch solche Sachen konsumiert Ja. haben. Also ich sehe hure viele junge Leute, die das konsumieren. Das Voll. siehst du immer wieder. Weißt du, so, gehst im Mikro, läufst draussen rum, Leute haben das in den Hängen, trinken es so. Es ist convenient, es ist sehr gäbig zum Kaufen und Trinken, wo hier High Protein draufsteht. Ja, Wie viel ist Gramm? 35 Gramm Protein, oder? im Das ist eigentlich Ganzen noch recht drin. viel, oder? Ja, voll. Also der Proteingehalt ist schon hoch bei dem. Der das kann man schon sagen. Proteingehalt ist schon hoch. Es ist auch eigentlich so ein gutes Protein. Es sind Milchproteine da drin. Ja? Das ist gut. Sie sind Ja. bioverfügbar. Nicht so wie Soja oder Erbsenprotein und so komische Ja. Geschmäuse, die dir Bleigen gibt. Das Ja. ist da nicht drin. Als Proteinquelle ist das recht gut. Okay. Aber, Genau, jetzt kommt aber. Da drinnen, also erstens, das Zeug ist nicht Bio und so, aber Bio ist immer so ein Label, da ist man nie so ganz sicher. Ist das Genau, gut das oder sagen nicht? eben auch viele. Ja, Bio ist das auch gleich Bio. Genau. Und so. In der Schweiz eigentlich schon, aber man könnte Genau, also ich bin schon Fan von Bio-Knospenzeug, die haben geile Sachen, sind auch teuer. Das ist schon ein bisschen, jetzt darf ich jetzt nicht über sie haten. Okay. Aber die Umsatzbeteiligung, so weit man ist. Ja. Es wäre geil, wenn jemand mal den Content würde machen, so Bio, Ja. das würde zurückverfolgen und dann dort angehen, von wo kommt das eigentlich? Ja, das wäre noch gute Idee. geiler Content. eigentlich. Wieso ist es Bio, genau. Ja. Ja. Genau, also es ist gut im Sinne von Proteinverfügbarkeit. Mhm. Okay, aber sie tun wieder Scheiß drin. Sie tun immer Scheiß drin. Ich verstehe nicht, wieso da Zusatzstoffe müssen drin sein. Verdickungsmittel, Karagen. Was ist das genau? Das ist einfach damit
Ja, es sagt ja schon Verdickung, oder? Es ist mega dickflüssig. dickflüssiger wird, vollmundiger, damit du mehr kannst geniessen kannst. Schon. Das ist nur das. Nur zum Genuss. Es ist nur, damit so eben die Vollmundigkeit, die Konsistenz besser wird. Wie zum Beispiel Zucker, damit es süßer ist. Aber du sagst ja, Zucker ist eigentlich gar nicht schlimm. Ja, also wenn man es nicht übertreibt, ist es nicht schlimm. Ja, genau. Weil da hat es so viel Zucker drin. Das ist nur mit Süßungsmittel, 955. Und ist das gut Das oder nicht? ist auch nicht gut. Nein, das ist auch Was nicht ist gut. denn daran nicht gut? Gehen wir schnell zum Karagen zurück. Aha, bist du noch, Schritt ich für habe gemeint, du bist dort. Karagen okay, ich hab gemeint, selber ist eben für den Darm katastrophal. Ja. Wenn du Karagen trinkst oder isst, geht das an deine Darmwand und dort hast du weißt, die Darmwand besteht ja aus Zellen. Mhm. Und die Zellen machen so wie zu. Ja. Oder es ist eine Doppelschicht. Zellen, Darmwand, Innenlume nennt man das. Und dann nochmal eine Schicht mit Zellen, die dann macht, wo dann die Blutbarriere ist. Ja. Oder? Das ist ja Darmvolumen und Blutbarriere. Genau. Blutvolumen. Und dazwischen hast du Darmwand. Genau. Und die Darmwand, die wird zwischen den Zellen mit Tight Junctions geschlossen. Das Was ist ist so wie Nieten, ja? Okay. zwischen den Zellen. Ja. Das ist vor allem im Darm, damit eben das Darmvolumen nicht über kann ins Blut. Mhm. Weil das Darmvolumen kann auch Dreck enthalten. Es enthält Nährstoff, Ja. aber es enthält auch Scheiß, wortwörtlich. Also das Verdickungsmittel zum Beispiel. Unter anderem, Also- oder die Code, das, was du rausscheiden Okay, und so. ja. Oder? Es hat auch Zeug drin, das du nicht im Blut willst. Voll. Ja. Jetzt kommt das Karagen Ja. und zerstört die Tight Junctions. Aha. Was passiert? Es öffnet sich eine Lücke zwischen Darmvolumen und Blutbahn. Und das Okay. heisst, dann, du kannst all den Dreck, den du nicht in deinem Blut willst, überkommen. Wieso macht man das? Das nennt man Leaky Gut. Leaky Gut nennt man das. Leaky Gut. Genau. Wieso macht man das? Was der Konsument will, Mirko. Es Also ist die immer wissen das, oder? Die, Das die, weiss die niemand. das herstellen. Ja, aber sie wissen es ein bisschen, haben ein bisschen Studien gemacht, und so, aber mit der Studie immer Studie A sagt, das ist gut, Studie B sagt, das ist nicht gut. wo weißt du das? Wo ich das weiss, der Ja. Ray Peat und so. Aha. Ja. Ja. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Karagen auch mit Allergien zu tun hat. Wenn ich ChatGPT frage, was sagt er mir? Das sagt, ja, in kleinen Mengen ist es okay. Aha. Aber sagt in kleinen Mengen ist es auch okay, oder nicht? Ich glaube nicht. Karagen nicht. Es gibt Und da ist Sachen, eine die grosse sind klein. Menge drin. Karagen. Los, wenn Steht du, gar nicht, wenn steht du die ein Menge bisschen dran? hier trinkst, und dann trinkst du später noch den hier, oder? Und dann ist noch am nächsten Tag, machst du jeden Tag gleich weiter. Also wenn jeden Tag jetzt dort trinkst, dann hast du die Ja. ganze Zeit. Ist dir nicht aufgefallen, dass Leute, die das trinken, regelmäßig haben, sie hier immer so Bibeli? Unreine Gesichter. Ja, es kann. Vielleicht hast Allgemeine du es nicht, ja. nicht gemerkt, oder nicht, vielleicht hast du nicht drauf geschaut. Ja, ich trinke sie auch oft, aber, nicht so, aber ich habe jetzt zum Beispiel keine. Nein, das ist Reinhut, ja. Aber du, es ist auch schon recht gut. Ja, du im Fall. Ja, aber es kommt auch ja, Ja. Akne und so. Kannst du auch andere, wegen anderen Sachen noch haben. Aber kannst du auch, das bei den einen, jeder Ja. Körper ist ja anders, oder? Ja, der menschliche Körper ist plus minus, hat einen gleichen Bauplan, aber Ja. es variiert schon. Ja, Ja. es variiert schon. Ja, weil er verwertet den Nährstoff anders und so. Ja, jeder genau. Körper, oder? Man weiss zum Beispiel, dass Inder oder Tamilen, Ja. oder Leute aus Sri Lanka, Meine Frau. dass sie, sie sind nicht nur Tamilen, Nein, sie ist nur halb. dass Leute in dieser Region Gemüse anders verwerten im Darm als Leute, die weiss sind zum Beispiel. Okay. Man kann ethnisch kann man auch schon unterscheiden, wer tut wie was verdauen. Ja. Ja, okay. Aber zurück zum Karagen. Ja. Sobald das Zeug in deine Blutbahn übergeht, bekommst du Brain Fog. Du bekommst Brain Fog ist so viel wie der Ja, das habe ich jeden kennst, Tag. Kenne ich sehr gut. Bibeli kommen oft, weil Ja. wenn der Darm nicht mehr ausscheiden kann, hast du nur noch Nieren und Haut, die das noch können. Und Haut fängt dann einfach mitmachen, einfach ausscheiden und dann bekommst du Bibeli, oder? Aber wenn ich jetzt das trinke und kein Hautproblem habe, Ja. ist das dann auch kein Problem? Oder gibt es noch andere Sachen? Du hast wirklich gesagt, du hast Brain Fog. Ja, Brain Fog, aber ich glaube, das habe ich so oder so. Glaub. Das Hast habe du ich Bleibuch? Hä? Hast du Bleibuch, Amix? Ja, schon. gesehen. Mhm. Ich sage nicht, es muss das sein, aber es Ja. kann das sein. Okay, ja. Ja, es kann. Aber es ist nicht krebserregend oder so. Karagen Sehr selber schlimm. eher nicht, sagt man. Okay, Genau. okay. Gut, sehr schlimm. Also ja, sehr schlimm. Du hast Lebensqualitätsverlust. Ja, ist eigentlich schon. Weißt du, du bist so abgefuckt im Stuhl hocken und kannst nichts machen mit dem Brain Wegen Fog. dem eher, ja. Du siehst nicht gut aus, du hast Unsicherheiten. Vielleicht als Mann traust du dich nicht eine Frau ansprechen, Ja. weil du eine Bibeli hast. Das sind alles Sachen, die zählen, weißt du? Das beeinträchtigt dein Leben. Ja. Selbstsicherheit, Selbstwahrnehmung, das ist schon wichtig. Voll. Mann. Was hat es in dem? Ist das auch das Gleiche dort drin? Im anderen Proteinshake, so den kennen wir schnell. auch. Das ist der Emmy. Ich weiß gar nicht auswendig, was es enthält.
Sagst du. Double Zero ist das aber. Das Zutaten. heisst ohne Zucker, oder was? Ohne Zucker, ohne Fett wahrscheinlich. Ja, Thailand rahmte Schweizer Milch. Ja, ist auch weniger Fett. He? ist gut. Ja, kann man nicht. Also gut. Kann man nicht. Das ist Ja. echt normal. Milch, Ja, Milch ja. mit wenig Fett, das ist Ja, okay. alles gut. Enthalten Kalzium. Mhm. Okay, wir haben ein bisschen Mikronährstoff drin. Wie viel Protein hat? 26? Der hat 26 Gramm in Okay. der ganzen Flasche. Jetzt ein bisschen weniger. Milchprotein, ja, aber zu dem kommen wir noch schnell. Okay. Milchprotein ist wieder eine gute Quelle für Protein. Ja. Fettarmes Kakaopulver, das ist dann noch Ständig, zweimal. Rainforest Alliance Certified. Es gibt viele Ist das der Frost? Ja. Ja. es Warte, gibt können viele wir mal, weißt du etwas über den Frost? Wie viele Ja. sagen Bill Gates und so die Ja, ja, Sachen? sollst du genau. nicht nehmen? Also Was stimmt das? Das oder? ist von ihm finanziert und so. Bill Gates, bin ich ein Fan? Nein, eigentlich nicht. Aber Leute sagen, das ist irgendwie genmanipuliertes Zeug, Ja, wo die es- schadet und die Krebs verursacht. Es kann oder gerne so Zeug. manipuliert sein. Der Frosch sagt nicht, es darf nicht. Es kann. Es ist vielleicht sogar auch, weil es ist einfacher zum Aufziehen. Ja. Und es ist sicher nicht pestizidfrei. Es ist, Okay. Das enthält höchstwahrscheinlich Pestizide. Weil man tut ja primär genmanipulieren, dass du Pestizide kannst drüber streuen, Ja, okay. wo alles andere gilt, außer den. Meidest du das Produkt, wo der Frost drauf ist? Ja, eher, ja. Aber, Eher? Ja, Aber eher. Ich habe zum Beispiel Kaffeekapseln bei dir, Ja. ich bin auch drauf gesehen. Aber ich habe gedacht, ja. ich habe mal ChatGPT gefragt und der hat einfach gesagt, nein, die Produkte werden irgendwie naturbasiert eher. So, Ja, keine Ahnung, das ich weiß sagt nicht, jeder, mehr, gell? das ist schon länger her. wo Ja. ich das, Naturbasiert. Heroin ist schon naturbasiert. weißt du? ja, das nehme ich eben auch. Darum die Brille. Ja. Das ist Pupille, sieht man noch. Ja, das Nein, ist das Problem. Ja. Also, versteh mich nicht falsch. Es gibt zum Beispiel die Emmy Café Lattes. Die sind hure geil. Die sind Ja. von den Inhaltsstoffen Bomben, aber sie haben den Frosch. Sie haben den Frosch, leider. Aber gleich ist für viele Leute ist das to go. Und dann sage ich, ja, dann nimm halt. Besser, als wenn du so anderen Müll nimmst, wo plus auch noch... Aber da drin hast du wir jetzt nichts Schlimmes gefunden, oder? Bis sind noch jetzt. gar nicht fertig. Eben, bis jetzt. Bis jetzt. Genau. Aromen. Wenn Aromen steht... Das ist schon nicht gut. Man weiß nicht, was es ist. Aha. Niemand weiß, was Aromen ist. Ja. Es gibt auch natürliche Aromen, aber die sind Ja. gar nicht natürlich. Die sind echt ähnlich gebaut, chemisch, Okay. zu den natürlichen Aromen. Ja. Und Aromen selber hat nichts mehr mit ähnlich gebaut oder was auch immer. Es ist echt ein Geschmack, der im Labor hergestellt ist worden. Also, Keine Ahnung, Ja, niemand weiss, also du bist was es eher ist. ein Fan von nicht verarbeiteten Produkten. Ja. Das haben wir am Anfang gar nicht. Sagen wir es anders, minim verarbeitet. Weil Käse Minim. ist schon verarbeitet. Ja, Magerquark, ja. Magerquark, Ja. genau. Und dann haben wir Säureregulator Natriumcitrat. Ja. Was Ich ist das? bin kein Fan von Zitraten. Also Was ist das genau? Zitrat ist eigentlich nichts anderes als Zitronensäure. Ja, Ja, da denkst du direkt an die Zitronenpresse oder Ja, voll. das ist sauer. das habe ich jetzt im Kopf. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Okay. Das ist es nicht. Das enthält das, was da drin ist, aber Mhm. weißt du, wie das produziert wird? Mhm. Sie nehmen Weizen, Ja. das nicht bio ist. Das heisst, das Okay. enthält Glyphosat oder anderes Zeug, andere Pestizide. Ja. Und sie geben den Weizen geben sie an einen Pilz. Welcher Pilz? Der C-Niger heisst er. Und Ist das rassistisch? das ist Niger heisst der Schwarze Ja. übersetzt. Und ist nicht rassistisch. Ja, hey, das hat nicht. Und das ist nichts anderes als Pilz. ein schwarzer Schimmel. Ja. Das ist ein grusiger schwarzer Schimmel, wo du auch so. Das ist hässlich. Okay, ein schwarzer Schimmel. Ein schwarzer das ist Schimmel. da drin, also eigentlich. Genau, dann ist es minimal. purifizieren, Ja. nachdem es produziert ist worden. Aber du weißt nicht, wie viele Sporen da noch drin Hey, wieso tut man das nicht drin? Was bringt das? Was bringt das am Getränk? Es macht es länger haltbar. Was macht es länger haltbar? Genau. Im Energy Drink, zum Beispiel Red Bull, ist das auch drin. Wie lange ist der haltbar? Der ist haltbar bis 22.09.26. Also Ja, das schon Jahr, recht lang. September. Ja? Also für ein Milch, für Milch. Milchprodukt. Ja. Genau. Oder? Und jetzt sagst du, okay, das ist das eine mit der... Ja, es war, sorry, wir Ja. haben Anfang August jetzt. Weil die checken voll, ja dann gar genau. nicht. Was Guck, ist wichtig. am 4. August. Herstellung von Ja. Zitronensäure ist das eine. Und das andere ist aber, wie es abgebaut wird in deinem Körper. Damit dein Körper größere Mengen Zitronensäure kann abbauen kann. Unser Körper produziert immer selber Zitronensäure. Mhm. Wichtig zu erwähnen. Das darf ich nicht vorenthalten hier. Ja. Aber damit du größere Mengen kannst abbauen, muss Cortisol auffahren. Sonst Mhm. kannst du es nicht abbauen. Und das ist wieder eine Stressreaktion für den Körper. Hure Ja. unnötig. Für das es länger haltbar ist. Ja, so schon. unnötig. Dann würde ich lieber haben, dass. Ja, Ja, das ist halt, sie machen mehr Geld halt damit. Ja. So. Genau. Oder länger haltbar heisst, du hast weniger Kuder. Warte mal, wer ist der bekannteste Proteinshake? Den gibt es glaube gar nicht. Warte mal, wie heisst die andere Marke? Welcher Mensch? Schweizer Mensch, oder? Ja, die mega bekannt. Sponsor. Nein, nochmal eine. Ja, wie heißt das?
Protein, die mega bekannte. Den Proteinshake sehe ich gar nicht. Ich weiß gut nicht mehr. Jetzt, was du sagst. Oh, wie heisst jetzt der Scheiß wieder? Kennst du den mega bekannte Proteinmarke da? Proteinshake. Aber Schweizer. Von der Schweiz. Der Haupt eigentlich. Die haben den falschen Lieferanten gehabt. Die sind auch gut, ja, aber die haben wir nicht die. Nein, der hat es überall gehabt, immer in der Migros, überall. In der Tankstelle ist immer der. Ja, auch mein Sponsor, ja. Nein, in der Tankstelle ist immer der gehabt. Ja. Ja. Sorry. Nicht Demi, der Das ist andere. Emmy. Es hat immer noch einen anderen gehabt. Genau, Chiefs, voll. Doch, die gibt's noch. Also eben, den gibt es noch. Gibt's Ja. noch, ja. Ich hatte dort mal eben einen gehabt und dann trinke alles Stückchen. Und dann habe ich so ein Video gemacht. So, Hast du gemacht? Story, ich habe sie markiert. Die haben dann direkt an einen grossen Influencer, ich will seinen Namen jetzt nicht nennen, angerufen, weil sie kennen, ey, schau den Birrenweich, der hat das gemacht, sag ihm bitte, er soll es löschen und so. Nachher hat er mir den Chef angerufen von Chiefs, der hat mir alles gratis geschickt. Weil er hat gesagt, der Lieferant, den sie kannten, die haben mega oft das Problem gehabt, dass es dann wie falsch durch eine Säure irgendwie jetzt einen Klumpen bildet Ja, und so, aber es ist nicht schädlich. ausgefallen, Aber ja. weißt du, wie grusig im Fall? Ja, das ist das hässlich. wie Kotze, Ja, es ja. ist so grusig, so riesige Stückchen Ja, sind ja. alles rausgekommen. Ja, Ich ich denke, weiss, wow, ja. ich bin schockiert. Ja. Genau, das haben sie jetzt Eklig. abgeändert. Aber dort müssten wir auch mal schauen bei Chiefs, dann kannst ja du mal ein Video machen. Ja, kann ich machen. Also, ja. wenn du willst. Chiefs habe ich natürlich. schon, würde sehr Rigo habe ich schon ein Video gemacht von Chiefs. Okay, ja, die Proteinshakes. Genau. Haben sie eben neu gemacht. Ja, und dann haben wir, was haben wir noch drin? Wieder Verdickungsmittel, Karagen. Ja, Das ist immer, also Laktase, Ist ja, auch wieder damit drin, die Leute das können essen können. Wo Zeug trinken, wo Laktoseintolerant sind. Verdickungsmittel, Karagen wieder. ja. Der Darmzerstörer eben. Ja. Bin ich gar kein Fan davon, gar Ja. kein Fan. Und viele haben auch Xanthan drin. Genau, das habe ich einmal. Gleichtheater. Das hat das jetzt nicht drin. Das ist jetzt nicht drin, aber ein paar haben. Genau das gleiche Thema. Was ist das? Auch ein Verdickungsmittel. Auch bei der, Ja. macht das gleiche bei Macht der auch Darmwand. Darmproblem, ja. Okay. Und dann, das Interessante ist, Vitamine steht hier. Okay. Vitamine D, E, B1, B2, B6. Und das finde ich hure daneben, dass sie nicht ausschreiben, welche. Ja, welches Vitamin D? D2 oder D3? D2, okay, ist vegan. Aber da musst du ja nichts Veganes drin tun. Weil das ist ja Ja, das Milch. gibt eigentlich die Vegan-Version, glaube ich. Genau, das ist eben D2. Günstiger und schlechter bioverfügbar. Aber auch für Veganer die einzige Option. Verstehe ich noch. Mhm. Aber das sollte eigentlich D3 drin. Weil das Ja. ist ja gar nicht vegan. Das ist ja Okay. vegetarisch. Ja. Das ist ja Milch. E. Ja, welches Vitamin E? Nur Steht einfach Vitamin Alpha-Tocopherol. E. Es steht einfach E. Das ist E. Und dann B1, B2, B6. Und es gibt sehr viele so Fälle im Fall. Zum Beispiel B12 machen sie sehr gerne. Das schreibe ich B12 her. Es gibt 3 Formen von B12. Meistens tun sie Cyanocobalamin drin. Ja. Cyanocobalamin, habt ihr fest, ist das Abbauprodukt von den Was? Zellen. Okay. Wenn du Cobalamin aufnimmst, das ist jetzt B12. Das ist ein hoher Scheiß. Cobalamin existiert dafür in deinem Körper. Du brauchst das Vitamin, damit es eben Cyano kann binden kann. Ja. Weil das ist giftig. Und sie geben den Cyanocobalamin, den du gar nicht verwerten kannst. Wo hat es das zum Beispiel? In günstigen Supplements. Aha. In so Zum cheap Beispiel? Supplements. Ah, das weiß ich gerade nicht auswendig. Ah, okay. Kann ich gut nicht sagen. Mhm. Aber theoretisch bräuchtest du Methylcobalamin. Ja. Oder was ist noch? Homozystein? Nein, ich weiß gar nicht mehr. Es gibt Okay. noch was anderes, das ist auch noch gut. Ja. Unsere Produkte, die haben einfach, wie es natürlich vorkommt. Haben ihr auch Proteinshakes? zum Beispiel? Mehr auch Proteinshakes. Okay. Also in Pulverform. oder? In Pulverform. Aber ich sage dir ganz ehrlich im Fall. Ich glaube nicht, dass wir Menschen Proteinshakes brauchen. Trinkst du Proteinshakes? Nein, vor 5 Jahren habe ich das letzte getrunken. Ah, was? Ah, Ja. Wie nimmst du deine Protein zu dir? Durch Essen. Durch Magerquark vor allem. Also Magerquark. was ist die Hauptquelle von Protein? Wir haben noch gar nicht fertig besprochen, was ich esse, den ganzen Tag. Eben, ja. Ah, ja, stimmt. Vorher haben wir... Wir sind erst noch beim Magerquark. Ja, gewesen. nein. Ja, warte, sag nochmal schnell. Ja, Du hast gesagt, am Morgen Magerquark 250 Gramm mit Honig. Honig. Ja, danach sind wir abgeschweift. genau. Birrenweich. Und dann 10 Uhr ein Rüebli. So ein kleines Rüebli so für Verdauung, weißt du. Ja. Dann 3-4 Eier Um welche Zeit trainierst du in der Regel? am Abend. Ah, okay. Ich trainiere am Abend am liebsten. Das ist persönliche Präferenz, hat keinen Grund. Ja. Und dann so um 2, 3-4 Eier mit Herbamare-Salz. Zum Mittag, ne? Ja, eben so um 2, wenn ich wieder Hunger Zum bekomme. Mittag isst du gar nicht zum Mittag. Nein. Gar keine Ah, Lust. was? Du isst gar nicht zum Mittag? Nein. Vielleicht, wenn ich dann Hunger habe, dann esse ich. Ah, krass. Ja, ich gehe nicht da nach Zeiten. Okay. Ich denke, es muss nicht sein. Ja. Das ist aber ein Luxus, den ich habe. Leute, die halt arbeiten, im Büro und so, gehen halt zusammen mit... Ja, die haben dann Mittagspause und genau, Mittagessen. genau. Und dann
vor dem Training ist 3 Datteln. Datteln? Kohlenhydrate, so Pre-Workout-mässig, weißt du? So ein bisschen Glykogen. Ist nicht Booster und so Zeug? Nein. Ich habe es eigentlich gerne, aber ich nehme es nicht. Okay. Booster sind halt auch so hure chemisch und so. Ja. Gehört nicht in meine Devise, in meinen Lifestyle. Aber eigentlich als Bodybuilder hätte ich es gerne. Ja. Ja. Wir haben früher das Jack 3D gehabt. Seht ihr das so? Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja, das Original Ein Kollege gehabt. hat das genannt. In Dubai Ich noch habe nicht gefunden. Ganz am Schluss, bevor es verboten ist worden. Es gab sehr viel Koffein drin. Nein, es ist ein DMA drin. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Das ist ein Amphetaminderivat. Darum ist es Was? verboten worden. Aha, Ja. Droge, das ist Amphetamine. Ja, es hat einfach so einen Tunnelblick gegeben. Ja. Also eigentlich ja gerne Boosters und so, aber ich denke, es ist nicht nötig. Salz und Datteln, das ist so das, was der Körper braucht. Alles andere brauchst du nicht. Also Salz, wie nimmst du das? Elektrolyt, so Meersalz, schnell auf die Zunge, Wasser. Vor dem Training? Wenn ich dazu komme, Oder schon. während? Aber ja, schon bei den Eiern habe ich schon Herbamare richtig viel. Okay. Und darum brauche ich es nicht mehr. 3 Datteln vor dem Training, während dem Training Wasser nur. Und nach dem Training ist sie meistens 300 Gramm Lean Hackfleisch. Mhm. Bio-Weiderind, Light. Meistens vom Lidl, weil neben mir ist gerade der Lidl. Im Lidl hast du das? Ja. Aber ich glaube, Aldi hat so, Coop Migros, weiß ich nicht, kann ich nie einkaufen. Ja. Und dann meistens noch ein bisschen Gurken. Was Ja. noch? Vielleicht eine Sauce, da die Heinz Barbecue-Sauce. Ja. Ein bisschen Zucker drin, aber sonst nichts. Und vor dem Schlafen nochmal Magerquark. Und ich lande so, im Das Moment... ist ja gar nicht so viel. Ja, im Moment, ich bin im Protein Cut. auch, Ich bin im nicht so viel. Cutten. Du musst ja Protein? mindestens 2 Gramm pro Körpergewicht Pro- haben. Minimum. Nein, das ist Bullshit. Das ist auch Das Bullshit. glaube ich nicht. 2 Gramm, kein Mensch braucht 2 Gramm. Du kein tust Mensch. nicht, eben, weil das ist ja nicht 2 Ich komme Gramm, auf wo du jetzt... 160 Gramm. Und ich bin im Cut. Und du bist schwerer als... Ich bin 80. Ja. Ja, ich komme auf 2 Ja, Gramm. okay, dann kommst du auf 2 Gramm. Tatsächlich, Ja, scheisse, warte, das ist ja genau Aber du 2 brauchst es Gramm. nicht im Fall. Aber du brauchst es gar Nein, nicht. du brauchst es nicht. Wieso? Wieso sagen so viel, du brauchst 2 Ja, Gramm? das verkauft sich gut. Schau doch, da, schau, wie die abgehen. Schau, wie die abgehen. Jeder hat Ja, das es in hat der sehr Hand. viele Produkte, überall steht eben Protein drauf, auf Ja. sehr vielen High-Protein, High-Protein. Jeder hat das in der Hand. Ich glaube nicht, dass wir so viel Protein brauchen. Das denke ich nicht. Ja. Wir brauchen 1,5 Gramm pro Kilogramm. Brauchen wir. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn du noch trainierst. Wenn Ja. du willst einen Muskel aufbauen, dann brauchst du Genau. ja mehr Protein, als wenn du einfach... Das schon, ja. Oder? Ja. Aber wie viele Leute wollen Muskeln aufbauen? Nicht so viel. Ja, aber die, die es machen, die müssen dann schon mehr, oder? Du bist ja, du tust ja Muskel aufbauen. Vielleicht 1,7 oder so. Ja. Mehr brauchst du im Fall wirklich nicht. 1 bis 1,7, dort dazwischen, je nachdem, was du vorhast. Der Rest scheidest du wieder raus. Ja, weißt du nicht, ob es ausscheidet, ist einfach ist echt zu viel. Ist echt zu viel. Ist zu teuer. Auch noch. Weißt du, die Produkte sind alle teurer. Obwohl sie gar nicht so teuer müssten sein. Du kannst schon normale Milch trinken, du hast genug Protein da drin. Du brauchst nicht noch mehr. Aber wenn du einen von diesen 2 müsstest auswählen, welchen würdest du nehmen? Den mit mehr Protein? Der oder Ja. Oder Hey, wenn du jetzt müsstest einen auswählen? du Weißt musst du, den auswählen, der einen besseren Geschmack hat, weil theoretisch sind sie gleich. okay. Aber der steht ja, hat 35 Gramm Protein, der Scheißegal. andere... Es ist scheißegal. Ja, das ist mir scheißegal. Okay. Ich denke, eben, wie gesagt, mit Fleisch am Abend, mit Magerquark durch den Tag und ein paar Eier. Die Kohlenhydrate ist ja praktisch gar nicht, außer der Honig. Das ist ja gar Honig, nicht. am Abend im Magerquark, da ja nochmal Honig drin. Aber nicht Herdöpfel, Teigwaren, Brot. Manchmal Reis. Wenn Ja. ich wirklich sage, Reis. ich habe ein Herztraining gehabt, dann ich noch ein bisschen Reis drin. Ja. Eben, du isst gar nicht so viel Dings. Wie viel Kohlenhydrate ist sie? Ja, das, was du jetzt gesagt hast, ist praktisch gar nicht. Also du isst nur Aber- Hackfleisch, ohne nichts. Die Sauce hat noch ein bisschen Kohlenhydrate, mehr nicht. Aber du isst einfach das Hackfleisch so. Ich mache ein Patty daraus. Ah, okay. Ja, ich mache ein Patty daraus. Nein, Mit welchem Öl? Rinderfett. Ah, Rinderfett. Rinderfett. Machen wir selber seit gestern im Sortiment. Aha, kannst du das auch im Migros und so? Rinderfett kann man nicht kaufen. Nein, gibt es nicht mehr. Früher war es gang und gäbe, heute gibt es das nicht mehr. Warum? Es ist nicht mehr beliebt. Okay. Jeder will Rapsöl, ist einfacher. Zack, Ja. rein, Also fertig. wir haben immer Olivenöl. Wenn du ein Öl Ja. müsstest nehmen, weil es ist gut. Öl oder Fett? Öl. Zum Braten, zum Fleisch braten. Zum Braten. Also, Ja, jetzt Öl oder Fett? Nochmal. Öl. Welches Ich würde Öl soll ich Kokos nehmen? Kokos. Kokosöl. Ja. Okay. Aber der ohne Geschmack kannst du nehmen. Kein Ja. Problem. So, der ist extrem stabil für hohe Hitze. Ja. Olivenöl würde ich als Finisher nehmen. Auf lauwarme oder kalte Gerichte. Ja, okay. Ist super. Erhitzen würde ich es nicht. Ist auch schade, wenn du gutes Olivenöl hast. Das solltest du auch nicht erhitzen, wegen der Nährstoff drin und so. Okay. Und das tut eben auch oxidieren. Es tut oxidieren. Ja. Du hast darum einfach ungesättigte Fettsäuren mega viel dort drin, die gut sind für die Gesundheit. Mhm. Die brauchst du. Aber wenn es erhitzt ist, gehen sie auch teilweise kaputt und werden wieder ungesund. Leider. Was wir jetzt mehr verwenden, ist
ich glaube, da bist du eben auch nicht so ein Fan davon. Achtung. Anstatt der normale Teigware, Ja, Pasta, alles Vollkorn. Dinkel, Vollkorn. Vollkorn. Weil das anscheinend besser ist. Also erstens mal wegen der Ballaststoffe, wo du gesagt hast, ist Ja. ist Bullshit. Ja. Aber auch wegen dem Weissmehl, was drin hat. Gell, wie, der Mehl Was ist ja haltest du von überall Weissmehl? drin. Ob du jetzt Vollkorn hast oder nicht. Der Mehl Ja, ist aber dabei. Weissmehl. Vollkorn ist nichts anderes als der Mantel vom Kern. Ja, Wenn du den Mantel wegnimmst und den Kern erpresst, gibt es Weissmehl. okay. Das heisst also, du hast so der Weissmehl dort drin. Einfach noch mit Mantel, was es Vollkorn macht. Mhm. That's it. Der Weissmehl ist ja gleich. Es ist overrated. Ja, es gibt ja mit Dinkelmehl, Dinkelpasta und so. Dinkelmehl ist auch wieder schwerer verdaubar. Ja, Es macht die anfälliger für Allergien. Also Dinkelmehl ist nicht unbedingt besser. also wenn du Teigware isst, ist egal. Du isst einfach Teigware. Also ich esse vielleicht einmal in der Woche Teig. Okay. Entweder selber gemachte Pizza bei meinem Bruder. Ja, aber ich meine jetzt Pasta, weißt du? Oder Wir Pasta, Italiener essen genau, viel genau. Spaghetti und so. Ich kaufe die vom Coop Bio. Weißt du, welche? Die den Kupfer presst sind. Normale, oder was? Tagliatelle. Nein, ich weiß gar nicht. Tagliatelle sind die so ein bisschen. Ich so weiß gar breit. nicht. Meistens vielleicht auch Penne. Aber ich meine, welche Form ist es? Die ganz normale? Ganz oder normal. Vollkorn, Ganz Dinkel? normal, oder weiss. So. Weiss, normale Teig. Okay. Weiss. Finde ich super. Wenn ich einmal in der Woche esse, dann kann ich das verdauen ohne Problem. Mhm. Wenn ich das mehrmals esse pro Woche, bekomme ich Schulterschmerzen. Ja. Das stresst meinen Körper. Und ich kenne viele Leute, die keine Schulterschmerzen mehr haben, weil sie das haben lassen. Weil sie kein Was? Weizen mehr essen. Ja. Und weißt du, das Geilste ist, meine Mom arbeitet im Spital, sie hat Ja. auch ein Daumengelenkproblem. Seit sie das nicht mehr isst, hat sie es nicht mehr. Und sie hat eine Handchirurgin gefragt dort. Und sie hat gesagt, ja, wir kennen das. Mhm. Wir kennen das, wenn man Weizen weglässt, dann hat man weniger Gelenkschmerzen. Ja. Ja. Ich Krass. kenne den Mechanismus nicht dahinter. Okay. Mir ist es so plötzlich aus dem Nichts gekommen. Ja. Aber mega interessant. Ja. Und wir sind nicht die Einzigen, die das predigen. Mein Gelenkschmerzen, Onkel, meine Kollegen, hure viele Leute haben das jetzt erlebt, seit sie Ja. das predigen. Ja. Ja. Was haltest du von dem? Cola Zero? Cola Zero. Das ist halt wieder Süßstoff, gell? Ja. Das ist das Thema. Ist Aspartan, Süßstoffthema. Das ist hure bringen ein. genieß es. Legst mir Prost, gerade Nostrovia. Koffein jetzt. Ich habe vorher gesagt, ich trinke kein Koffein. Nachher kommt mir der Herzenrasen. Ja, Koffein ist Leben, ja, hure gerne Koffein. Du, schon? Ja. Nein, ich tue mega selten. Okay. Mhm. Ich trinke am Morgen mache ich so einen Schinkenboiler. Ja. Einen 9-fachen. Die Hälfte vor dem WC, die Hälfte nach dem WC. gerade Line Koks nehmen. Ja, nur noch das. Nein, nein. Aber das ist kein Problem. Ja, ich bin nicht so Fan von Süßstoff, um ehrlich zu sein. Okay. Es gibt Leute, die sagen, ich spüre es, wenn ich es trinke, habe ich Verdauungsprobleme und so. Ja. Studienlage sagt, Süßstoff sind die meisten kein Problem. Ja. Sucralose ist, glaube ich, das Problem. Das sagt sogar die WHO. Das ist, glaube ich, Acesulfam. Schau schnell, was es ist. Aspartam. Aspartan steht da, ja, Genau. da steht. Aspartam. Doch, das andere auch. Acesulfan, Genau. K und Aspartam. Beides. Aspartam sagt man, ist kein Problem mit der Ja, aber Studienlage. warte, was da hinten alles draufsteht, Warte, das ist lese ja gar urschlimm. nicht. Lese gar nicht. Wie das Zeug da, das steht ja alles solches Zeug. Ja, ja. Da kann ich ja jetzt gerade Chemotherapie machen. Scheiße. Natriumcitrat. Ich lese doch das nicht auf der Cola, weißt du, auf den anderen schon, ja. Ja, ja. Aber eben, Studienlage sagt, Aspartam ist nicht schlimm. Leute sagen, wenn ich es esse, trinke, dann habe ich ein Darmproblem. Influencer, die grossen Marken sagen, oh, ja, das ist kein Problem. Aber ich denke, das ist meine persönliche Meinung, wenn du jeden Tag das nimmst, Eben, Menge macht es Gift. mehrmals nimmst, über eine längere Zeit Voll. nimmst, dann denke ich, Wenn ab und zu mal. wird es dir schaden. Ja. Ja, ab und zu, gönn. Ja. Scheißegal, gönn. Weißt? Wie gesagt, ich tue einmal in der Woche meine Pizza essen. Mhm. Einmal alle 2-3 Wochen tue ich auch Döner essen, weißt? Scheißegal. Wir sind nicht kompliziert. Ich mache 90% richtig, 95% richtig. Ja. Den Rest kannst du ein bisschen genießen. Okay. Aber Saatöl, Voll. lass weg. Saatöl, weg. Weißt du wieso? Die sicher bleiben 6-7 Jahre in deinem Körper, wenn du Was? es gegessen hast. Ja, die gehen nicht weg. Wie Nikotin oder so. Nikotin ist schneller, es ist Ja, 2-3 sogar, Tage ja. draus. Ja. Aber die Omega-6-Fetten, die bleiben jahrelang in dir drin und Mhm. machen echt Schaden die ganze Zeit. Scheiße. Ja. Wie sieht es? Wir haben ja noch andere Produkte. Genau. Beim Hüttenkäse zum Beispiel, da haben wir ja 2 verschiedene. Hüttenkäse, Du hast ja gesagt, der da, der ist... willst du den schnell, kannst du Wie- lesen hinten. Einer ist die Bio-Version. Genau.
Das ist nämlich aus einem bestimmten Grund auch Bio gekauft. Der Cottage Cheese Nature von Migros, der enthält wieder Verdickungsmittel. Random Ass, Quarkernmehl, nach einem angenehmen Mehl ist es nicht, das ist schon so ein Gummi. Ja. Und Xanthan wieder. Ist wieder Xanthan drin. Da hat es jetzt das drin. Wieder das gleiche Thema, einfach damit es vollmundiger wird, damit es angenehmer zum Essen wird. Ja. Das ist eine Frage vom Konsumentenverhalten. Der Konsument fragt danach. Also, sie tun ja beides in Regal. Also nicht nach Xanthan. Nein. Ich würde jetzt Xanthan kaufen. Genau, das nicht. Nein. Also, sie tun ja beides ins Regal. Ja. Und dann schauen sie, welches geht mehr weg. Machen wir ja in unserem Online-Shop genau gleich, weißt du? Ist ja völlig normal. Und dann nehmen sie vor allem den und dann schauen sie, was drin ist, Xanthan, oder? Scheißegal für die Leute, weil es ist feiner, es wird regelmäßig gekauft, also produzieren sie es mehr. Ja. Der hier, der Bio, der hat kein Xanthan. Aber warte, der ist vielleicht auch günstiger, oder? Das kann sein. Ich weiss es, wir haben es jetzt vorher nicht gesehen, aber meistens sind Bioprodukte teurer. Ja, vor allem, das ist auch wieder Knospen, weißt du, die sind umsatzbeteiligt. Ja. Aha, okay. Das ist auch umsatzbeteiligt, Ja. das Zeug, das ist urheftig. Ein bisschen Mafia, gell? Ja. Aber ja, darum sind sie ja teurer. Ja. Da hat es das jetzt nicht drin, das Xanthan. Da ist es nicht drin. Ja. Was ist da drin? Ich lese es dir vor. Milch, Rahm, Milchprotein, Kochsalz, Milchsäurebakterien. Das ist genau das, wie man Nicht es schlimm, herstellt. kann man essen ohne So Probleme. stellt man original Cottage Cheese her. Okay. That's it. Das ist ja gut für Gym-Ernährung auch ab und zu mal, oder? Ja, sicher. Also der, nicht der Ja, andere. auf jeden Fall. Oder? Also das kannst du regelmäßig essen, das ist gar Okay. kein Problem. Ja. Aber der würde ich nicht. Das ist extrem unnötig, dass du dich belastest mit diesen Zusatzstoffen. Ja. Und der Unterschied, der Preisunterschied, ich weiß gut nicht, schätze mal, sind ein paar Rappen. Ja, da hätten wir vorher noch vielleicht können. Ja, Ja. Aber wenn du jetzt mehrere kaufst, aber ich glaube jetzt nicht 2-3 Stutz Unterschied ist es nicht. Nein, das denke ich auch definitiv nicht. Und Gesundheit ist schon wichtig. Also. Ja, oder dort das würde ich ist schon ein nicht einfacher Austausch. Voll. Es gibt Voll. Alternativen. Zu denen gibt es weniger Alternativen. Ja, du kannst einfach das Pulver selber kaufen, aber dort ist ja sehr wahrscheinlich das Zeug auch drin. Es gibt Ja, genau. Es gibt so viele verschiedene Pulver, ich check Ja. auch nicht. Dort haben wir More. Was haltest du von More? Das ist noch Dann willst du, ja, aha, ja, sicher, ich kann schon. Mein Küngel ist da. Ja, was ist das jetzt? Eins ist Protein, eins ist. Also, schau, ich sage dir ehrlich, ich will nicht meine Konkurrenz angreifen. Sie Ist More verkaufen deine super- Konkurrenz? Ja, sie verkaufen auch Vitamine, wir verkaufen auch Proteine. Ich will nicht unsere Konkurrenz angreifen. Vor allem will ich nicht in die hure Schlammschlacht rein mit Christian Wolf. Du kannst halten von ihm, der Wasch. Ich bin Der kein Fan. Kriegel-Wolf. Der Kriegel, ja. Der Kriegel. Ich bin kein Fan von Proteindiäten. Aber jedem das seine, gell, wenn er das empfiehlt. Aber ja, hier ist eigentlich genau das Gleiche drin wie überall schon. Eben, was ist jetzt dort zum Beispiel drin? Das ist ja nicht, wie es More ist. Aber was hat es jetzt dort drin, wo jetzt du zum Beispiel sagst, Ja. also, Also, müsst es nicht unbedingt drin haben, ohne dass sie angreifen. Aber was könnte man weglassen, deiner Meinung nach? Weglassen ist so eine Sache, gell? Was ist dann, was tust du als Oder was Ersatz? oder so, okay, sag, was schadet Oder ist wieder Zitronensäure drin zum ist Beispiel. wieder drin, ja. Damit es haltbar ist. Normal. Oder? Das müssen sie fast machen, damit sie das... Die Dinger sind lang manchmal im Zeug, weißt, im Regal. Gut, Ja. ihre Produkte nicht, die sind immer ausverkauft. Aber Voll. sie sind ja sehr beliebt. Sie glaube auch gute Produkte zum Konsumieren. Sie glaube fein, habe ich gehört. Ich habe es noch nie selber probiert. Ich habe mal so Ballaststoff-Limonade von ihnen getrunken. Okay. Und? Ja, musst du mal schauen, es ist einfach mit Ballaststoff, irgendwie ein Getränk mit Ballaststoff, habe ich noch nie gesehen. Es war einfach noch easy gewesen zum Trinken, aber Ja. es hat so... Wie hast du dich gefühlt? Ich habe nichts gespürt, ganz Nichts normal. gespürt. Gell? Aber ich habe gedacht, es ist schon komisch, ich wollte das mal wieder probieren. Ich war in Deutschland. Gewesen. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Es ist eben ohne Zucker. Der Zucker sind die Ballaststoffe irgendwie. Ja. Irgendwie so, keine Ahnung. Aber ja. Aber ich habe nicht gesehen, was noch drin ist, das ganze Zeug da. Ja. Ja. Was haben wir da? Sucralose. Das ist wieder ein Süßungsmittel. Eher weniger gut. Ja. Wäre besser Aspartam, glaube ich, als Wäre besser als Sucralose. das sogar. Ja, ich glaube schon. Bin von beidem nicht Fan. Ja. Stevia-Glycoside, die sind okay. Als Ja. Stevia, das ist gut. Das ist recht interessant im Stevia Fall. ist gut. Stevia selber ist nicht gut, aber sie tun es eben extrahieren, Stevia-Glycoside. Wieso ist Stevia nicht gut? Also nicht viel, aber ein paar Frauen Ist wie Asugrin. Fehlgeburt gehabt. Wegen Stevia. Schon? Wegen Stevia Wegen dem selber. Fehlgeburt. Genau. Weil Scheiße. es gibt Glykoside in Stevia drin, die das induzieren in den Frauen. Aber wenn sie eben die Steviol-Glykoside rausnehmen und das extrahiert drin, ist es weniger, also macht es nichts. Das ist schon interessant. Ich finde den Geschmack von Stevia pothässlich. Ich finde es Ja. nicht fein.
Aber es ist gut, dass ihr nicht Stevia drin ist, sondern Steviolglycoside. Das ist gut sogar. Das ist besser als Stevia selber. So. Okay. Das ist schon okay. Ja. Also ist okay. Ist ein okay Süßungsmittel. Okay. Färbende Lebensmittel, rote Beetenpulver, Bombe aus der Natur. Das ist sogar gut, ja? Ja, ist gut, ja. Kann man nehmen. Ist super. Farbstoff Carotin. Das ist ein Beta-Carotin oder ein anderes Carotin. Und that's it. Nicht so schlimm. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Nein, ist eigentlich nicht so schlimm. Okay, ich habe gedacht, aber du geil. jetzt sagen, Also das ist scheiße. Jetzt willst du auch mal selber schütteln. Jetzt nehme ich das selber. Finde ich recht geil, dass sie kein Xanthan drin tun. Das nicht, eh? Weißt du wieso? Das ist ja ein Eistee, gell? Ja, das ist ein Eistee. Es muss flüssig bleiben. Ah, okay. Wenn du milchige Produkte hast. Limonade, Proteins? Ja. Darum muss kein Xanthan drin. Haben sie gescheit gelöst. Also das Einzige, was mir hier nicht gefällt, ist Sucralose. Und Zitronensäure. Ja. Aber Zitronensäure ab und zu ein bisschen die Cortisol, wenn es ganz wenig aufgeht, selten. Macht Also du nichts. würdest eher das trinken als die dort jetzt? Ja. Okay. Was die da hier? Ja. Das Eher schon. das als die? Eher das als die Dinger da. Okay. Ja, definitiv. Ja, alles klar. Okay. Jetzt habe ich Werbung gemacht für More. Ja, aber ein paar Sachen haben wir gefunden, die nicht so gut sind, aber trotzdem. Ja, immer, es ist okay. Also wo nicht okay. Ist okay, Also. ja. Und dann haben wir das Video ist von dir recht viral gegangen mit dem Aufschnitt. Was ist da? Da ist irgendetwas drin, ich weiß noch, wo das sehr schädlich ist. Ja, also, Das habe ich auch schon oft gegessen, weil das hat viel Protein, oder? So meint man das Zu Gimmerzeiten haben wir das vorher durchgelassen. Das Ja. gibt es ja schon lange, dann Poja. Truthahn ist das, oder? Trutenbrust, hauchdünn. Voll, Ja. vom Migros. Was ist dort nicht gut? Weißt du, was das Problem ist? Also es ist schon mal 1000 Sachen drin, ja. Und es ist auch nicht Bio und das Fleisch kommt von irgendwo. Ist nicht Bio. Und, von Nein, irgendwo kommt es. Von Brasilien, Von Frankreich, Kurdistan. Ungarn, Polen, Kurdistan. Ja, könnte, aber es steht nicht von wo kommt. Ja, nein, also der Kurdistan will glaube ich nicht hier drauf stehen. Vielleicht Ja. hat es ja dort besseres, weißt du nicht, kein Disrespect. Ja, also also nein. Nein, Wir okay. haben zum Ja, du Beispiel weißt nach es besser. Bio-Whey-Protein gesucht und dann habe ich meine Cousine in der Türkei angeschrieben. Und die hat gesagt, kauf nicht Bio aus der Türkei. Nein. Nein. Ah, okay, du darfst sagen, er ist gefälscht. schon cool. Das ist alles gefälscht. Ah, was? Ja. Scheiße. Und sie ist dann selber, stellt Zertifikate aus. Ah, was? Bio, Halal Ah, und so sogar? Sachen. Aha. Ja. Sie macht das als Job. Ja, Du stell dir schaust vor. auf Halal oder nicht? Nein, ich bin nicht Moslem. Ah, du bist nicht Nein, Moslem? ich bin Alevit. Ah, okay. Ja, genau. Ah, ich hab gemeint, die Ich sind kann auch alle- Schwein essen, wenn ich will. Ah, Ja. ja, aber Schwein macht halt... Ist, ja. Ist scheiße gezüchtet, darum ist es nicht. Ist nicht gesund. oder? Ja. Wenn es gut gezüchtet wäre, Weidehaltung, Mhm. dann wäre Schwein auch gut. Aber ist es halt leider nicht. Konventionell. Ja. Zurück zu dem. Ja. Der hat hier ganz viele komische Sachen drin, aber eins ist ganz schlimm. Und zwar Mhm. Nitrit. Ah, genau. Nitrit als Konservierungsstoff und auch, dass es sich nicht verfärbt und so. Aber was will nicht wissen? Ah, dass es nicht dunkel wird, wenn es älter wird, Ja, das genau. Fleisch. Das, auch Nitrit, aber auch Phosphat und so weiter, genau. Weil das- vielmal wird das Fleisch, wenn es alt wird, Genau. dann wird es schon schwarz. Also alt, das muss immer alt Alt, werden. einfach, Ein paar Stunden länger schon. Der Luft, oder? Ja, Sauerstoff. genau. Es oxidiert halt. Und das kannst du langsam. rauslassen, wegen dem Nitrit bleibt es die gleiche Farbe, plus minus. Ich bin nicht sicher, ob Nitrit das so macht. Okay. Aber so, es wird auch gebraucht, glaube ich. Ja, wenn es ein bisschen trocken wird, wird es ein bisschen, ist logisch. Es Ja, ist, ja. der Rand wird ein bisschen... Auf jeden Fall, was Nitrit macht, ist, es bindet an dein Hämoglobin im Blut. Also was ist das genau? Hämoglobin Blutkörper? ist dafür da, dass du, wenn du schnaufst, Sauerstoff einschnaufst, Ja. geht es in deine Lungen. Und du hast dann Lungenwand und Blutbahn, oder? Mhm. Und die roten Blutkörper kommen, die enthalten Hämoglobin drin und der Sauerstoff geht dann über als Hämoglobin binden. Und der Sauerstoff wird dann zum Gewebe transportiert, zu deinem Hirn, zu deinen Muskeln, zu deinem Darm, überall, wo gearbeitet wird. Jede Zelle. Mhm. Ja, das ist unser Transportprotein, das Hämoglobin. Mhm. Und jetzt, dann brauchst du noch Eisen. Also Hämoglobin wird auch aus Eisen produziert. Ja. Und das bindet jetzt so als Hämoglobin, dass du keinen Sauerstoff mehr kannst bingen. Mhm. Also kurzfristig erstickst du. Ja, ich habe oft das an meiner Tochter gegeben. Ja. Das, also das Brot, Toastbrot oder Vollkornbrot, Ja. und dann der Philadelphia-Aufstrich und Ja. dann das drauf. Philadelphia hat übrigens auch Xanthan drin. Ist auch nicht Schau, gut. dass du das Bio kaufst. Bio-Philadelphia. Ja, ich glaube, es hat so, ja. Okay, fahr schnell weiter, dann können wir schauen, was Genau. für einen Ersatz für das Was gibt. man gesehen hat, ist, dass wenn Babys das essen, Ja. Okay, Baby können ja noch nicht. Babys, Kleinkinder, Also genau, kleine Kinder, ja. ersticken sie. Also wie Sie ersticken. ersticken, obwohl sie noch schnaufen können. Weil sie keinen Sauerstoff mehr transportieren im Blut. Das ist ein kranker Scheiß. Ja, aber das hat ja sie auch schon gegessen. Sie ist ja nicht erstickt. Genau, sie ist jetzt nicht das Baby, oder? Nein. Sie ist ein bisschen älter. Ja, sie hat es gegessen, als sie 4, 3 war. Genau. Und man sagt eben, keine Ahnung,
60-70% Schinken ist Ja. Obergrenze für Erwachsene. Also wie meinst du 60-70%? 60 bis 70 Gramm Schinken. Gramm. Gramm Schinken enthalten Obergrenze Tag? an Nitrit, ja. Aha, Für Erwachsene. Nein, so viel hat's- warte, Wenn du was- mehr isst, Wie viel ist das? 100 das Gramm? sind Ja, 150. okay, nein. Das sind 150. Also ist die doppelte Menge, die du eigentlich konsumieren sollst. Warte, das ist echt? Aha, was? Ja. Das ist viel zu viel Nitrit. Viele, ich habe schon mehr als das gegessen. Ja, normal, das geht ab wie Wasser, ohne wie Ja. Butter, kein Problem, weißt du? Eigentlich ist es nicht schlecht vom Geschmack. Auf jeden Fall, das bindet dann an dein Hämoglobin und du brauchst dann ein Enzym, um das abzubauen. Aber Enzyme sind irgendwann deckelt, Mirko. Irgendwann sagt das Enzym, das will man nicht mehr. Mhm. Und dann hast du halt gesundheitliche Schäden. Du spürst sie nicht direkt, du spürst sie nicht sofort, aber du hast eine schlechtere interne Atmung. Und das raubt dann Energie, das blockiert verschiedene Reparaturprozesse und über die längere Zeit Du bist auch müde einfach die ganze Zeit. bist du müde, genau, weil du kannst Sauerstoff nicht so gut. Ja. Und was kann ich ihr zum Beispiel für einen Aufschnitt geben? Kann ich überhaupt ihr einen Aufschnitt? Aufschnitt in Läden, muss ich dir sagen, findest du nichts mehr. Alles In scheiße. so Supermärkten, sagen wir mit dem mal. Auch, wie heisst es? Was haben wir vorgesehen? Bündnerfleisch. und Bündnerfleisch, so. genau. Auch Ich hatte scheiße. ein Zeitchen eins gehabt, ich finde es aber nicht mehr. Wo nur mit Okay. Salz war. Ich finde es aber nicht mehr. Was du machen ist von Alpahirt bestellen. Was ist das? Alpahirt, die machen wirklich Aufschnitt. Fleischaufschnitt, Trocknung und so. Ah. Ganz traditionell. Mit Aber Migros gibt es so viel und alles Ich weiss. kannst scheiße, oder? Ja, ja, alles durchgeschaut, ich habe nichts gefunden. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Wenn du etwas findest, gib mir Bescheid. Ich will hier essen. Ja. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Ja, was soll ich ihnen mitgeben zum Essen? Wenn sie geht jetzt in die Schule, sie braucht jetzt eine Box zum Beispiel. Nicht Wenn du das. jetzt würdest deinem Kind eine Box machen, scheiß mal auf Aufschnitt, Ja. was würdest du da rein tun am besten? Gurken und Eier. Aber Eier müsst ihr kochen. Einfach. Ja, Keine rohe ja Eier. aufgekocht. Vielleicht so wachsig drinnen, du hast noch ein bisschen Herbamare drüber. Und Gurken. Und Gurken. Brot und so. Vielleicht Nicht. noch selber gemachtes Brot. Sauerteig oder was? Ja, Sauerteig oder auch nicht. Ist egal. Ja. Einfach Brot. Ja, also ich sage nicht, ich bin nicht Weizen-Fan. Bin ich Ja. nicht. Aber weißes Brot muss sein, dann Dann mach es musst selber. Ja, genau. Du kannst auch Ich kann ja nicht geben. jeden Abend go Brot machen oder am Morgen um 5 Uhr aufstehen zum Brot machen. Ist nicht für so sie, schwierig, weißt Mann. Ich könnte schon, aber es schießt mich an. Ja, ich weiß, ja. Es schießt mich an, morgen aufstehen, zu mir dann Teig machen Ja. und Brot. Weißt? Ja, ich weiß. Ich verstehe dich. Checkst. Ich verstehe. Du kannst Das würdest du auch nicht machen, nicht? nicht? Hä? Würdest du eh nicht machen? Ja, ich sehe kein Brot. Aber Du ich auch isst kein eh kein Kind, Brot. gell? Ja, weißt du, ich muss ihr ja etwas mitgeben. Was soll ich ihr mitgeben? Nur jeden Tag Gurken und Eier, oder? Gurken, Eier, Datteln, Früchte. Früchte kannst du auch go geben, so viel wie du Lust hast. Du kannst von Alpa hier den Aufschnitt kaufen, hobeln. Wo ist das andere da? Warte, wir haben eben noch Sachen nicht im Kühlschrank. Ja, da haben wir ja auch noch Sachen, die nicht gefüllt sind. Das haben wir oft mitgegeben. Jeder. Blevita. Da, schau mal. Schick mal. Die hat sie mega oft gehabt. Genau. Oder die da, die darfst du aber im Kindergarten nicht mitgeben, weil du darfst keine Schoki mitgeben, Farmerstängel. Ja, stimmt. Es ist verdammt heftig. Du darfst jetzt keine süßen Sachen und so mehr mitgeben im Kinski und so. Also ich glaube schon länger im Fall. Das ist verdammt heftig. Es gibt scheinbar jetzt Kinder, die mit Erdnussallergie über die Luft kassieren. Was? Ja, schon nur weil sie in der Luft ist. Wenn jemand in der Entfernung Erdnuss isst, bekommen sie anaphylaktischen Schock. Krass, was? Hey, was läuft? Ja. Das hat es früher nicht gegeben. Ja. Das ist verdammt heftig. Scheiße, ja. Ja. Schlimm. Aber ja, hier, schau jetzt. Was ist nicht gut dort? Also wie gesagt, vorher haben wir ja Dinkel gehabt. Ja. Dinkel, Da ist Stinkel drin, oder? da ist Dinkelmehl drin. Aber das ist eigentlich schon nicht schlecht, oder? Ist okay. Ist okay. Kann ein bisschen Bleigen und so verursachen. Ah, eben, Okay. aber nicht Musst schauen. Krebs oder so. Nein, das nicht. Aber du musst sehen, so pflanzliche Stoffe, es gibt ein paar pflanzliche Stoffe wie eben Weizenprodukte, die enthalten viel Phytinsäure. Wenn du das hier kombinierst mit Eier zum Beispiel, dann kannst du viel Nährstoffe aus dem Ei nicht aufnehmen. Mhm. Die Phytinsäure bindet an die Nährstoffe, an die Mikronährstoffe. Und dann ist es dann so, dass du das direkt ausscheidest. Du kannst es gar nicht ins Blut aufnehmen. Okay. Das heißt, so etwas kombinieren mit Ei würde ich jetzt nicht unbedingt. Wäre schade um das Ei. Sagen wir es so, um den Eigelb mit den Nährstoffen Ja. drin, weißt? Aber da, eben, Dinkel gehört auch zu dieser Kategorie. Wenn du das alleinstehend isst, es gibt auch Leute, die essen Haferflocken am Morgen. Voll, habe ich auch Zeit Ja, lang. mach, weißt du, wenn du keinen Bleibuch bekommst, mach. Ich kann es zuerst einweichen. Ja, Ja. nein, kann ich. Aber er hofft dir Mit nicht Milch. irgendwelche Wunder oder weiss nicht Gesundheit davon. Das ist echt Ja. so ein neutrales Essen. Ja, mir hat das ChatGPT gesagt, es tut eben den Cholesterin senken.
Haferflocken. Ja. Und darum habe ich es Wieso immer? Ja, es bindet es mehr und du kannst besser ausscheiden. Ja, Das das ist ein Geschmäus, Mann. also da jetzt aber da jetzt wieder Sonnenblumenöl oder Genau, was das ist schon eben der nächste. Dinkelmehl, Dinkelflocken und dann der dritte Stelle ist schon Sonnenblumenöl. Und das ist schlecht. Das ist hure schlecht. Das ist so ein Scheiß. wenn sie das isst, Sonnenblumenöl, was ist denn nicht gut? Wieso Sie ist diese- gut, dass sie gerade da ist. Kannst Ja. gerade zuhören, Ali. Sonnenblumenöl fördert Entzündungen. Es fördert wirklich Entzündungen in deinem Körper. Und was Es ist geht dir Entzündung? schlechter. Weil Entzündung, was macht das? Ich weiß, was Entzündung ist, aber Genau. im Bauch. Wie tut Wenn sich du das? im Darm eine Entzündung bekommst, dann hast du am Ende des Tages wieder Brain Fog. Du hast einen Bleibauch. Du bekommst so aus dem Nichts. Du checkst nicht genau wieso. Hast du Pflege, musst du es wird furzen, so, oder? Nein, es spannt. Ah. Es spannt so. Ja. Kennst du nicht, wenn du so einen Spannbauch hast? Das ist so einfach auf. Ja. Immer nicht. So. Es schießt an, dann bist du so träge und so weiter. Erstens das. Zweitens, es fördert Allergien. Drittens, es fördert Übergewicht. Sonnenblumenöl. Wegen diesen Entzündungen geht Serotonin auf im Bauch. Leute sagen, Serotonin ist Happy-Hormon, Glückshormon. Ja, genau. Das stimmt im Fall nicht. Serotonin ist ein Stresshormon. Serotonin geht nur auf in deinem Darm, wenn du stressst, damit es die Beförderung kann Du hast ja aufentun. Dopamin und Serotonin. Genau, oder? Dopamin ist ein Glückshormon, Ja. Serotonin nicht. Serotonin ist dafür da, dass es raus befördert. Darminhalt. Ja. Aber es gibt eben ein Paradox, wenn du zu viel Serotonin hast, dann macht es einen Shutdown. Dann hast du dann Verstopfungen. Ja, okay, eben die Antidepressiva so gibt es doch, wo das. Dort kommen wir auch bald dazu. Ja. Wenn du zu viel Serotonin im Blut hast, dann hast du eine gedrückte Stimmung. Und das macht man eben mit Antidepressiva. Du machst das dann nicht wieder aufnimmst im Körper. Halt, dort weiss man es. Genau. Aber niemand sagt, du musst im Aber Darm da kann ich- bringen. Ja. Das sagt niemand. Hure interessant. Es kommt hure viel vom Darm, habe ich das Gefühl. Ja. ja, es ist so viel Darmgesundheit. Es ist Hure so viel Darmgesundheit. Und heftig. die würdest du nie deinen Kind geben, in dem Fall. Du würdest jeden Eltern Das würde abraten, ich dass nicht. sie Das würde ich den den Kindern nicht geben. Das würde ich definitiv den Alle Kindern nicht Blevita-Zeug haben das drin. Hast du Ja. sicher wahrscheinlich nicht alle Das weiss ich Packungen nicht, ich habe angeschaut, nicht aber alle hörst du wahrscheinlich schon. geben. Aber hey, wieso tun sie nicht Butter drin? Das ist doch ein eindeutiger Fall für Butter. Was würdest du für Alternativen geben? Knäckebrot oder weiss ich nicht, was gibt es noch? Ja, die sind hure grusig. Die sind grusig. Ja, das sind also Kinder. Oder es gibt die Dings da, wie heißen die anderen? Nicht Knäckebrot. Ja, so ähnliche einfach Ja. so lange und so. Ich weiß nicht, wie die Ja, aber heißen. die kannst du nicht essen, Mann. Nein, ist die doch kannst du nicht nicht so essen. Das ist doch nicht fein. Ja, die musst du wie Butter oder so drauf tun. Ja, Keine genau, Ahnung, dass was. es genießbar ist nicht wird. Gell? Ja. so gut. Ja. Wie hier genau gleich. Wir gehen selber machen Brot. Sie hat mir vorher gesagt, sie findet die schon gut, aber nicht so mega gut. Ist hat okay, sie gell? gesagt. Ja. Weißt du, was Sonnenblumen auch noch macht? Omega-6. Es aktiviert Cannabinoide-Rezeptoren. Was? Gras? Cannabinoide, ja, genau Hat das dort jetzt sind mit wir. Cannabis Genau zu tun? dort sind wir, ja. Dort sind wir angekommen. Du hast Rezeptoren in deinem Körper, die Cannabinoide-Rezeptoren heißen. Und auch wenn du Gras rauchst, werden die aktiviert. Was ist deine Erfahrung, wenn du Cannabis rauchst? Im Also Körper früher, mit ja. Essen. Ja, da kommst du wohl Hunger Du bekommst Hunger Hunger über, Also oder? nicht gerade also nach einer Stunde oder nach 2, ja, voll. Erinnert dich das an etwas, wenn du im McDonalds gegessen hast? Ja, voll. Voll bist. Nach wie viel hast du wieder Hunger? Ja, nachher ist wieder Hunger. Nach ja. einer Stunde Ein paar Stunden, ungefähr. Ja? Ja, voll, aha. Das ist Okay. genau das Gleiche. Sonnenblumenöl, Omega-6 enthält das. Es aktiviert Cannabinoide-Rezeptoren. Und du bekommst schnell wieder Hunger über. Und es macht so einen Loop. Und dann ist es wieder der Scheiß. Und dann ist wieder Hunger. Die Mhm. ganze Zeit wieder. Ja. Das hast du aber nicht, wenn du ein selbstgemachtes Brot mit Eier isst. Oder wenn du Fleisch mit, keine Ahnung, Herdöpfel isst. Das hast du nicht. Ja. Okay. Oder? Und das ist das eine. Dann haben wir da auch noch einen Witz drin. Ja, Käsepulver. Also sie tun grünen Käse drin, 7%, aber dann ist echt Käsepulver drin. Macht doch einfach komplett grün. Käsepulver, was Ja, ist ist echt das? günstiger. Ist halt, Ah. ist halt nicht grün. Grün ist ein bisschen teurer. Aha. Aber eben. Ja. Also das ist eigentlich der Magermilchpulver. Gruyère drin. Wie? Der Gruyère ist Käsepulver. Nein, der grün haben sie echt grün geschrieben. Ah, Und dann haben sie noch Käsepulver, 3,5%. okay, zusätzlich. Genau, also grün ist 7% AOP und Käsepulver 3,5%. Aha, zum ja, ist Ja, günstiger. das so. ist günstiger, ja. Ja. So. Und dann der Rest, ja, es hat noch Folsäure drin. Folsäure als Supplement würde ich nicht mehr empfehlen. Folsäure hat meine Frau müssen in der Schwangerschaft. Das ist aber eine andere Art von Folsäure. Ah, Das, okay. was in der Schwangeren geben sie gute Supplemente. Ah, okay. Oder dort gibt es Retinol,
Dort gibt es Folat. Omega-3 und Dings, ja genau. Das. Omega-3 bin ich gar kein Fan. Du bist kein Fan von Omega-3? Überhaupt nicht. Warum? Überhaupt nicht. Ist scheiße. Sag mir eins, wie haben Vorfahren von der Schweizer hier auf den Bergen überlebt ohne Omega-3? Ja, die haben kein Lachs gehabt. Vom Meer. Ja, was haben sie gehabt? Forellen oder so? Weißt du nicht? Ah, okay, die Berge hat es nirgends irgendwo Nein, Fisch, oder? Kälte, die haben das nicht gehabt. Wo hat es noch Omega-3 drin? Keine Ahnung. Wo war es noch? Weißt du, was drin hat? Im Weiderind hat es Omega-3 drin. Hat es auch, ne? Ja, wenn du ein Rind richtig ziehst, hat es genug Omega-3 drin, für das es deinen Körper versorgt. Ja, ein Veganer wäre gestorben früher. Vegan, veganes Produkt haben wir auch dabei, aber vegan bin ich noch weniger Fan als Omega-3. Okay. Noch schnell zum Omega-3, bevor wir zu den Veganern kommen. Ja. Omega-3 sagt man, ist antientzündlich, aber es ist eben gar nicht nur antientzündlich. Man meint, es ist antientzündlich, weil es immunsuppressiv ist. Mhm. Es tut dein Immunsystem runterfahren und darum sieht es aus, als hättest du keine Entzündungen mehr. Ja. Es kaschiert. Es tut voll an der falschen Seite abdrehen. Weil Omega-3, die oxidieren im Fall so schnell. Vor allem, wenn sie nicht mit Vitamin E drin sind und so. Das kannst du rauchen, das kannst scheisse Köder. Ja, mein Vater hat gesagt, er darf nicht Omega-3 nehmen wegen Herztabletten oder so. Das kann sein. Mit den Tabletten, Du darfst Medikamenten weiß ich es nicht. Das Ja. Zusammenspiel dort kenne ich nicht. Ja, okay. Aber Omega-3, overrated as fuck. Also das Okay. würde ich gar nicht empfehlen. Würdest du nicht Mach empfehlen? mal auf, Außer du einfach Fisch isst, ist das. Ja, Also, gell, Fisch ab und zu ist gut. Ja, ist. Ich bin auch Fan da kommt der davon. Farbe Lachs und so, ist ja auch ein schlimmes Produkt. Er ist eigentlich. Schwermetall belastet Ja, und das ist auch richtig katastrophal gezogen. Aber warte, je oranger er ist, je schlechter ist, glaube ich, oder so. Irgendwie so habe ich mal etwas Das gesehen. ist orange, ist im Fall hure tricky. Hä? Das, Ist das eigentlich- scheiße, wenn er orange ist? Nein, er ist ja eigentlich orange. Ja. Ein Lachs. Aber heute zieht man ihn in diesen riesigen Becken rein, Ja. gibt ihnen Antibiotika des Todes, weil sie sind alle auf einem Haufen, sonst werden sie alle krank und sterben. Geben alles Medikament, hure grusiger Scheiß. Die Fische, die sehen voll so schlecht aus. Schon. Hey, du musst Bilder von denen sehen. Also wenn ich im Migros Lachs kaufe, der Rauchlachs tun wir amigs mit Zitronen Ja. und Zwiebeln und so. Ja. Kannst du essen, oder Also ist ich meine nicht das Filet sieht scheiße aus, sondern der lebende Fisch Fisch. selber, ja, wenn der der sieht krank aus. Wenn du den anschaust, sagst du, den will ich nicht Aber essen. den siehst du ja nicht im Migros, weißt du? Ja, eben. Im Migros sehe ich ja nicht, wie Ja. der aussieht. Und sobald sie das dort rausnehmen, hat er so wenig Nährstoff bekommen, der ist noch gar nicht orange. Der ist nicht orange. Sie geben dem, während er lebt, Beta-Carotin. Farbstoff, damit er orange wird. Das Gleiche bei nicht Bio-Eier. Sie geben dann Beta-Carotin. Wenn du das Ei auftust, und es ist so tief orange. Das ist Ja. nicht natürlich. Es muss Hell- hell sein, oder? Hellgelb ist auch nicht natürlich. Es ist so ein dunkles Gelb, müsste es sein. Dunkles Gelb. So muss ein von dunkleres Eis- Gelb, genau. Ja, mir Das- hat das letztes Mal Eier gekauft. Ja. Beim Nachbar, die haben einfach Hühner im Garten. Und? Und die haben ganz anders ausgesehen, das Ja. Ding. Das Ei, Wie ist es geil. Gell, das Gelb ist anders. Ja, ist es nicht hat so. ganz anders Ja. ausgesehen irgendwie. Keine Ahnung. Genau, so Ja. muss es eben sein. So ein dunkleres Gelb, aber nicht orange. Aber wir schauen schon bei den Eiern, meine Frau kauft nie die günstigsten Eier. Sie sagt, Nein. das ist keine. Ja. Sie will es auch nur schon, wie es halten dann. So, Sehr weißt du. gut, sehr gut. Oder? Da kauft man Tipptopp. immer die Bio und die teureren. Und meine Tochter, das haben wir jetzt nicht, aber das ist Hafer. Ja, Ich ja. trinke damals Hafermilch und das ist jetzt Haferrahm, oder? Zum Kochen ist das. Das ist Das haben wir auch manchmal die Ei. Hafer zum Kochen steht echt. Weil ich habe gedacht, wegen dem Cholesterin und so. Ja. Also was haltest du von diesem Produkt? Ist das gut, oder? Das Oatly, Hauptsache vegan. Es macht im Fall gar keinen Sinn, dass man das konsumiert. Das hat jeden Müll drin, den ich bis jetzt in meinen Reels auseinandergenommen habe. Ja? Zieh dir das mal rein. Erstens ist Wasser. Okay, ist klar, muss ja flüssig sein. Und dann Ja. kommt schon Rapsöl an zweiter Stelle. Hochentzündlich, Ja. kannst du nicht brauchen. Es wird einfach in deinem Körper 6, 7 Jahre bleiben die Omega-6 und machen die einfach nur krank. Das sieht man den Leuten übrigens so an. Die sind immer so bleich im Gesicht, weißt du, die Veganer. Das ist im Fall verdammt krass. Hafer 10%, für das zahlst du eben extra viel mehr. Also man nimmt die komplett aus. Und weißt du, das Geilste ist Emulgator E472G und Stabilisator Xanthan. Damit Ja. es wirklich so wie konsistent wie Rahm wird, musst du es bretsch voll machen mit diesen Verdickungsmitteln, die einfach deinem Darm schaden. Und man sieht es bei diesen Leuten einfach an. Pickeln überall, weil der Darm echt kaputt ist. Ja? Immer so müde Augen, weil sie immer Brain Fog haben, die Veganer. Das ist verdammt krass. Veganer sind immer müde und so abgeschlagen und haben solche Augen. Ist schon mal aufgefallen, dass Veganer Augenlider immer so Schon. viel grösser sind als bei normalen Leuten. Sie müssen doch B12 oder so nehmen. Ja, Cyanocobalamin nehmen sie wahrscheinlich. Ja. Ja. Das ist eben komplett useless. Also das da hier,
Das ist Katastrophe, nicht im normalen Aber Rahmen. das wird ja verkauft als gesundes Produkt. Es ist Ja. ein guter Ersatz für. Kannst du rauchen? Nein. Das ist scheiße. Ja, nicht. Konsumieren, das ist nicht Essen. Es kostet sogar noch, Das ist nicht sogar noch Essen. mehr. Ja, das kostet sogar mehr. Also das ist eine komplette Geldmacherei und das schadet echt ihrer Gesundheit. Okay, nicht kaufen in dem Fall. Nicht kaufen, ja, Ja. nicht. Also, da haben wir haben ja noch ein paar Produkte. Yes. Farmerstängel. Kinder essen die oft. Oh, schau mal, was da drauf ist. Uiuiui, es wird genau das Gleiche sein, sage ich dir. Also, Milchschokolade, bestehend aus Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator, Lecithine, natürliches Aroma. Hier kann man darüber streiten, ob man den Kindern Zucker geben will. Ja. Über das kann man streiten, weil Ja, wenn Kinder es sind übergewichtig ist, vielleicht. sie sind weniger. aufgedreht und so. Nachher. Ich glaube, das hat schon Aha, einen das ist Einfluss. schon so, ja. Nicht mit dem Übergewicht, ich glaube, Kinder dürfen mehr konsumieren, sie essen auch mehr. Wenn es schon übergewichtig ist, würdest du schon ein bisschen schauen, dass es ein bisschen weniger Zucker ist, oder nicht? Hey, meistens ist Übergewicht bei Kindern Fastfood. Okay. Weil Kinder bewegen sich eigentlich sehr viel. Kinder Ja. säckeln ja die ganze Zeit, die sind immer unterwegs, immer so. Ja, das sind Oder immer unterwegs. etwas am machen. Es liegt meistens nicht daran, vor der Menge vom Essen, weil die bewegen sich, die verbrennen sich, es liegt vor der Art vom Essen bei Kindern. Okay. Weil die bekommen Scheiß von den Eltern, zum Teil. Ja. So, Kakaobutter ist okay, das ist eine gute Fettquelle, kann man nehmen. Vollmilchpulver ist auch okay. Kakaomasse, ja. Emulgator, Lecithin. Emulgatoren, also vor allem die Lecithine, sind Östrogenimitatoren. Mhm. Also Das ist sie... weibliche Hormone. Nein, eben nicht. Östrogen ist nicht das weibliche Hormon. Nicht? Progesteron ist das weibliche Hormon. Okay. Östrogen selber ist ein Stresshormon. Man tut es als weibliches Hormon vermarkten, damit man Pillen kann verkaufen kann. Aha. Aber ein weibliches Hormon sollte eigentlich nicht Krebs machen und Hirnschlag. Und das macht Krebs und Also Hirnschlag. das direkt nicht. Östrogen, wenn du zu viel hast im Blut, oder wenn man Pillen nimmt, viele Frauen, die Pillen nehmen, haben ein Problem. Ja. Ja, nur Wasserbungen. Sie können Krebs bekommen, effektiv. Ja. Schon. Und auch Hirnschlag und so, das ist effektiv ein Thema bei denen. Okay. Ja. Und wir haben heutzutage leider sehr viele Östrogenimitatoren und auch Östrogen in der Umwelt. Östrogen jetzt im Hahnenwasser oder so? Merci. Das ist Punkt 1. Östrogen im Hahnenwasser, wenn Frauen Pillen nehmen und das rausbeißeln und man kann es nicht rausfiltern. Das setzt sich näher in unserem Trinkwasser ab. Ich trinke mega oft Hahnenwasser. Ich trinke nie Hahnenwasser. Ich habe eine Umkehrosmoseanlage daheim. Ja, wir haben auch Osmosefilter drin, aber irgendwie geil. funktioniert der nicht richtig. Ja, wir haben den drin, aber irgendwie, ich muss den wieder in den Tag. Ja, du das wieder machen. Das ist wichtig. Vor allem Da haben wir für immer in Kinder. Glasflaschen. Perfekt. Das ist Stichwort 2. Plastik, BPA, Bisphenol A. Das ist schon Östrogenimitator. Überall. Da. Wahrscheinlich hier ist auch schon dabei. Weißt du? Die Tastatur, die du bedienst. Da. Kleider. Ja. Also es ist auch überall. Und darum sage ich, wenn du nur Lecithin hast und all die Östrogene nicht in der Umwelt, dann stört dich das Lecithin nicht. Mhm. Aber es kumuliert. Es kumuliert immer alles. Ja, das Xanthan hier, das Lecithin dort, Karagen, Sonnenblumenöl und so. Überall ist irgendein Stressor vom Körper. Ja, ist alles scheiße. Das ist alles scheiße. Wenn du die minimierst, geht es Aber da kannst du ja gar nicht mehr essen. Merci. Das ist hure schwierig. Was wird die essen? Ich muss Ich habe dir etwas... vorhin die 5 Grundnahrungsmittel erzählt. Aber auch die sind zum Teil belastet. Ja. Weißt du, auch die sind belastet. Du entkommst dem nicht mehr. Okay. Hand aufs Herz, du entkommst dem nicht mehr. Ja. Ausser du machst selber einen Bauernhof mit selber ziehen. und Aha, so. wenn ich selber einen Bauernhof mache. Ja. Aber das machen auch die wenigsten von uns. Ja. Genau, Lecithine, natürliches Aroma, hat nichts mit natürlich zu tun. Das ist wieder hergestellt im Dings, im Labor. Getreide, Hafer, Reis, Weizen sind hier nicht Bio. Wäre gut für Kinder Bio. Vor allem Getreide ist eines der pestizidbelastetsten Lebensmittel, die es gibt. Mhm. Darum würde ich schon eher auf Bio zurückgreifen. Sojaschrot, naja, ist auch wieder cheap shit, weißt, und auch Östrogen belastet. Glucose, Fructose-Sirup. Man tut oben nachher schon Zucker drin und dann willst du nochmal Glucose, Fructose-Sirup drin tun. Ja. Das ist wieder random. Das ist wieder ein Bullshit, Ja. weißt, damit die Konsistenz wieder besser wird. Und das ist nicht gut für Kinder. Das ist schlecht für den Insulinspiegel, Mhm. Zuckerspiegel. Dann kommt danach wieder Zucker, Sonnenblumenöl, da haben wir Wow. es wieder. Es ist überall. Raps hat es auch noch drin? Nein, Raps ist im anderen. Raps jetzt hier nicht. Wenn es Raps und Sonne... Nein, ja, du lachst. ja. Sonnenblumenöl, wieder ganz schlecht für Kinder. Die werden dann auch so müde nach dem Essen und so. Das wahrscheinlich nicht. So durch den Tag, am Abend, wo ist es? Aber vielleicht durch den Zucker, da, was drin hat, sind sie wieder wach. Das gleicht sich wieder aus. Keine Ahnung. Das ist wie wenn die Leute, die sehr viel Alkohol trinken im Ausgang und dann eine Nase ziehen, damit sie wieder nachher sind. Ja, voll. Eben, ja, genau. Etwas gleich, Scheisse. oder?
Fructose, Glucose, wieder Kochsalz, Emulgator, Soja-Lecithin, schon wieder natürliches Aroma und der Frosch ist auch wieder dabei. Der Frosch ist auch Der Frosch ist schon wieder dabei. Der Fröschli, Hans. Ja. Die müssen wir noch ein bisschen schneller machen, sonst haben wir ein bisschen zu lang. Ja. Der ist noch recht viral gegangen, oder? Den Ja. kennen wir auch, der Protein, High-Protein-Pudding. Ja. Schau mal, was da ist. Weißt du, das sind nicht gerade alle Zutaten, aber das, was dir gerade auffällt, Also. wo es wirklich Ja, ist schlecht gut. ist. Das ist recht gelaufen, das Video, das du dir Ja. gezeigt hast. Für die esse ich mega oft. Also, hier haben wir Mono- und Diglyceride drin. Das ist Ja. nochmal etwas Neues. Ja, das ist auch wieder Also das das tönt nach Mikrobiom. Chemie etwas. Ja. Alles kommt von Fettsäuren. Mhm. Und zwar von Sonnenblumenöl, Rapsöl und Sojaöl. Ja. Fettsäuren. Also das ist ganz schlecht. Und die schaden recht deinem Mikrobiom. Die sind nicht gut für deinen Darm. Für deine Okay. Verdauung. Das stört wirklich. Wenn das isst, das stört alles. Ja, okay. Da, genau, also von Speisefettsäuren steht sogar. Verdickungsmittel. Schon wieder. Dreimal das Okay. raten. Karagen. Ja, Karagen. Süßungsmittel Sucralose, sogar von WHO nicht empfohlen. Ich bin kein Fan Schon? von WHO, aber auch die empfehlen das nicht. Ja, genau. Und ja, Enzymlaktase, ja, das ist okay, macht nichts. Also wieder Klassiker Karagen in diesen Milchprodukten, High-Protein-Milchprodukten, immer Karagen oder Xanthan. Auch würdest du nicht essen, das Zeug. Das lange ich nicht an. Und das ist auch wieder High-Protein, das sind mit die. Ich kaufe meistens dann die, oder? Das ist zum Beispiel der Käse, den kaufe ich manchmal auch den. Aber da habe ich eben auch mal geschaut. Ich habe mal so High-Protein-Käse gesehen. Ja. Und dann habe ich einfach ein Stück Parmesan genommen. Ich so, hey, der hat ja fast genau gleich viel Protein drin. Aber es steht nicht High-Protein beim Parmesan. ja, ne? merci. Das ist ein Marketing-Gag. Es ist einfach Marketing im Fall. Ja. Es ist so Hype. Darum überall kommt das High-Protein drauf. 8,1 Gramm. Aber hey, frag dich etwas anderes an dem. Käse, der nicht gekühlt werden muss. Aha. Da kann doch nur Scheiß drin sein. Ja, der Käse muss eigentlich- doch gekühlt werden immer. Milchprodukte müssen gekühlt werden. Ja, der muss nicht gekühlt werden. Nein, ne? der wird ja draussen verkauft. Ich tue ihn eben trotzdem im Kühlschrank die Musst nicht, da ist genug Ja, ich Zusatzstoff weiss. drin. Ich weiß nicht, aber der landet bei mir automatisch, wenn dann im Kühlschrank. Ja. Weil du Aber kaufst das und denkst, aha, das ist gesund, High Protein steht drauf. das gleiche wieder. Natriumcitrat, Natriumphosphat und Polyphosphat. Weißt du, was das ist? Nein. Nein, also Ist es Natriumcitrat, das hast du mir vorher Genau. erklärt, aber die nicht, nein. Polyphosphat sind auch wieder gut gegen Bakterien und so, ja, damit es nicht verfault. Aber wenn es hier gegen Bakterien nicht wirkt, wirkt es auch in deinem Darm gegen Bakterien. Ja. Und dort hast du die guten und die schlechten, sagt man. Ich bin nicht so Fan von dieser Aussage, aber es ist echt. Ich sage das zerstört. immer meiner Tochter, die Ja. guten und die schlechten Bakterien. Das gibt es eben gar nicht. Das gibt es gar nicht. Nein, wenn du ein Bakterienstamm auswuchert, ausartet, ob sie gut oder schlecht ist, dann bist du krank. Ja, man kennt es halt vom Antibiotika. Dann sagt man, hey, wenn du Antibiotika nimmst, das tut dir die schlechten, aber das tut dir auch die guten. Random. Niemand versteht das Mikrobiom. Okay. Niemand. Ja. Kein Mensch. Sieht aus, als würde es sein, aber es versteht Es niemand. gibt sogar solche, wo so, du kannst Fäkalien von einem anderen Menschen Transplantation. ja, durch Ja. Kapseln reinnehmen, Ja. dass du seine Darmbakterien hast. Ja. Ja. Sehr interessant, nicht? Ja. Also, man hat Das ist schon irgendwie recht grusig. geile aber- Ansätze, aber man versteht es ja nicht so recht. Nein, du Niemand bist einfach checkt's. weh, du frisst einfach eigentlich. Da haben wir ja noch Chiefs Produkt. Da haben wir jetzt zwei. Oder? Da haben wir einmal die Proteinchips, Ja. die esse ich auch mega oft. Weil dann habe ich mir ein besseres Gefühl. Ich denke, ja, okay, ist gut für den Ranzen. Und der Proteinriegel eben auch. Proteinriegel weiss ich, die haben es. Ja, eben, du sagst, das ist nicht so schlimm, aber wegen dem Zucker, das, ich kann halt schon ein bisschen ansetzen am Ranzen, oder nicht? Zuckermensch, wegen Zucker? Ja. Ja, kannst schon, wenn du übertreibst, natürlich. Ja, oder? Ich tu nicht, Wenn du keinen Sport machst und du ja. frisst die ganze Zeit Zucker. genau, ich tu nicht die Thermodynamik hinterfragen, die der Körper hat. Ja. Wenn du Energie aufnimmst, musst du so irgendwie wieder loswerden. Ja. Aber es gibt Essen, das tut deinen Stoffwechsel auf und es gibt Ja. Essen, das tut deinen Stoffwechsel runter. Ja. Hier haben wir Sonnenblumenöl drin. Sonnenblumenöl. Wie viel wieder. Sonnenblumenöl drin? Was macht Sonnenblumenöl? Es blockiert deine Schilddrüse. Ja. Weißt du, wie man das herausgefunden hat? Man hat Schweine gemästet. Und zwar hat man zuerst probiert, man hat nach einem Essen gesucht, das günstig ist und sehr viel Energie enthält. Dann hat man gesehen, Kokosfett. Hat man denen Kokosfett zum Essen gegeben. Kokosfett ist eigentlich fast nur gesättigte Fettsäuren, keine Omega-6. Und dann haben die sich angefangen abnehmen. Schwein. Die Schweine haben angefangen abnehmen. Mhm. Weißt du wieso? Kokosfett tut die Stoffwechsel auf. Das tut im Fall wirklich pushen, weil es Ja. mittelkettige Fettsäuren drin hat. Es tut Mitochondrien entkoppeln, wodurch die mehr müssen arbeiten Ja. mehr müssen verbrennen, damit sie ATP generieren können. Dann haben wir etwas anderes getestet. Also, das hat man nicht wollen. Man wollte die Schweine mästen, damit sie schwer werden. Oder? Dann haben wir denen ein Medikament gegeben, das die Schilddrüse blockiert. Haben sie Krebs bekommen, in die Schilddrüse, haben wir das Medikament auch weggelassen. Ja. Dann haben sie das dritte probiert. Diesmal haben sie ihnen Saatenöl gegeben.
Und Ja. die haben angefangen zu zunehmen. Die sind Ja. fett geworden wie 7. Ja. Sie sind richtig übergewichtig geworden. Dort steht eben minus 70% Fett, darum hast du ein besseres Gefühl bei die Ja. Chips essen. Aber Und das, plus denkst du, ja, Protein habe ich auch noch. das blockiert eben deine Schilddrüse, der Scheiß. Oder das haben wir bei diesen Schweinen gesehen, das Sonnenblumen und so Zeug. Das haben wir hier. Erbsenprotein ist sowieso nicht gut, das ist für so einen veganen Geschmäus, wo einfach dein Gedärm durcheinander bringt. Ja. Noch nie jemand gesagt, ich fühle mich gut auf Erbsenprotein. Ja, Linsenmehl, Kartoffeln, Reismehl, Gewürzzubereitung, bla 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 bla, ist gut. Dextrose, das ist Glucose, Hefeextrakt. Zitronensäure ist wieder drin und Sonnenblumenöl ist drin. Ja. Also Erbsenprotein Scheiße. würde ich nicht, Sonnenblumenöl würde ich nicht und Zitronensäure würde ich nicht. Also du würdest das nicht. Das da eh nicht. Chips ist sie gar nicht mehr. Ja. Eben, wenn ich Chips gegessen habe, dann habe ich die Chips gegessen. Ja. Aber in dem Fall jetzt nicht mehr die. Es gibt Chips, die werden mit Kokosfett produziert. Die sind mehr aber so Ja, wo findest du die? Nischenprodukte. Und Ja, das ist findest du nicht im verdammt Migros oder teuer, so? Mann. Das kannst du dir nicht leisten. Ah, das ist nur teuer. Ja, Ja, die sind ja auch nicht gerade. ja. Und dann haben wir noch den hier. Und bei denen ist immer, weißt du, das Problem bei denen ist Maltit. Die haben immer Maltit drin als, Ja. als Süßungsmittel. Sie prahlen damit, dass es zuckerfrei ist. Die Maltit drin und Maltit macht immer Bleigen. Du musst Okay. immer furzen, wenn du das Schon. isst. Ja, das, Okay. du bist eine Gasfabrik. Oder Ja, so. okay. Kannst du von Leuten vergasen. So, weißt du. Ja, alles klar. Ja, das kannst du nicht brauchen. Ah, scheiße, in dem Fall. Dann Ja. haben wir am Morgen mit die Cornflakes. Es gibt die oder noch andere, die habe ich auch schon gehabt. Ja. Weil da steht Protein drauf. Und dann denkst du, ja, ich esse Protein am Morgen. Weißt du, sobald du so ein Essen mit hure viel Vitaminen und Mineralien musst strecken, dann ist es eigentlich gar kein Essen. Es ist ein Supplement. Ja, das ist eine chemische Ernährung. Erstens das, weißt du gewusst, dass man 99% von den Nährstoffen im Essen gar nicht kennt? Die ca. 30 Vitamine und Mineralien, die wir kennen, das ist einfach nur ein Bruchteil von dem ganzen Zeug, das in unserem Essen drin ist. Und sie Ja. probieren das nicht zu imitieren, tun ein paar Sachen rein und sagen, das ist gesund. Hey, es fehlt noch 99%. Und für das kannst du Chilaid, oder wie heisst das? Ja, kannst du das nicht, ist oder? schon, das muss schon nicht. Nein, das ist schon für nichts. Ist das auch scheiße? Ja? Iss deine Eier, deine Leber, Fleisch, Käse und Früchte. Du Leber besteckst. hast du gehört, jetzt müssen wir Leber immer essen. Ja. Was fehlt bei uns hier in der Schweiz? Ist genug Sonne? Du musst ein bisschen Vitamin D Jetzt momentan supplementieren. gerade nicht. Jetzt nicht. Wenn es immer so wäre, wäre eigentlich easy. Oder? Ja, Also voll. für den D3. Für uns, ja. Ja. Und dann noch Magnesium, weil unsere Böden ausgelaugt sind. Magnesium ist gut. Magnesium ist super. Am besten nimmst du Scheissdreck. Magnesiumglycinat. Ah, gut, Oder- Leute, du. Er hat genau das heute perfekt. im Auto gesagt. Ja. Citrat bin ich eben nicht so Fan, das wissen wir ja mittlerweile. Aber ein paar Leute schwören darauf, dass Magnesiumcitrat gut ist. Und ich bin Fan von Tiefseemineralientropfen, das sind ausverkauft im Moment bei uns jetzt. Die enthalten Tiefsee sehr viel. Mineralientropfen. Genau. Ah, warte, wie heisst das? Es gibt irgendetwas mit See, irgendetwas heisst es. Habe ich mal Deep bei Sea der Ocean Gabirano- Mineral Drops. Habe ich mal so etwas bestellt? Ich weiß nicht. Das ist gut. Simos oder so heisst Ah, das. Simos? Nein, das Kennst ist du das? Moos. Das ist Gras. Ja, Simos ist aber irgend so ein Ja. so ein Löffel musst du von dem essen. Irgendwie. Pulver, gell? Nein, es ist Nicht? irgendwie ein Löffel von dem essen. Es ist so wie ein Glibberzeug irgendwie so. Keine Ahnung, Simos. Das heisst, Keine das Ahnung. habe ich mal probiert. Keine Ich Ahnung. kenne es nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall, Tiefseemineralientropfen enthalten sehr viel Magnesiumchlorid. Ja. Das kannst du auch recht gut aufnehmen. Mhm. So, also Magnesium und Vitamin D kann ich empfehlen. Ja. Den Rest brauchst du nicht. Kannst du Ja. zu essen denken. Aber warte, mit Vitamin D musst du doch irgendetwas noch zusammennehmen. Irgendetwas. K2. Wenn du raufgehst mit der Dosis, brauchst du noch K2. Genau. Okay. Ja. Und das nicht. Das mit dem Vitamin D ist eben so ein bisschen. Man hat einen logarithmischen Fehler gemacht beim Berechnen bei der Studie. Und jetzt empfiehlt man irgendwie, wie viel war es? 600 Units pro Tag. Mhm. Aber dabei wären es irgendwie 6000. Aha, du kannst Wo eben. man Meine, eigentlich meine braucht. Schwiegermutter nimmt Vitamin D. Das Ja. sind sehr viel. Sie kauft das in Deutschland Ja. und dort ist es höher dosiert. Genau. Ja, ja, es ist, Wir haben eben 4000er. aber bei die uns. Dunkelhäutige, meine Frau, sie ist, also meine Schwiegermutter ist blond, helle Ja. Haut und meine Frau ist dunkle Haut. Und eigentlich müssen die dunkle Haut dann mehr D3 nehmen. Das stimmt, weil Ist das so? der Körper, du musst es so vorstellen, das schwarze T-Shirt, nein, das kann man nicht mit dem vergleichen. Melanin, oder, in deiner Ja. Haut, tut das absorbieren, das Sonnenlicht, und gibt es anderes frei. Darum ist es wie ein Schutz vor der Sonne, wenn du dunkel wirst. Oder? Ja. Die Körper probiert sich ja zu schützen. Genau. Dann kannst du auch nicht mehr so viel Vitamin D produzieren. Aha. Das stimmt, dunkelhäutige Leute können weniger Vitamin D produzieren. Ja.
Die brauchen auch mehr, oder? Die müssen höher Ja, die müssen ein bisschen mehr nehmen. Also, die können ja durch die Sonne da nicht so nicht Sonne viel, hat, auch in der genau, Schweiz darum im müssen sie Winter und so. regelmäßiger supplementieren. Okay, ja. Wir müssen zum Beispiel jetzt in diesem Wetter nicht supplementieren. Ja, okay, du bist ein bisschen dunkler. Ich bin jetzt ein bisschen dunkler. Ich bin dunkler sonst geworden, bin ich weiss, ja. weil ich in der Ferien war. Bin gerade. Zurück zu dem. Was soll ich sagen? Getreidemehl, Weizengluten, das ist auch so ein Scheiß. Wenn du Brot kaufst im Laden, sind immer Weizengluten drin, Ja. damit es besser knetbar ist, besser zum Produzieren. Ja. Aber es gibt dir wieder so einen Bleibauch. Gluten ist schlecht vertragbar. Also so viele Menschen leben latent mit einem Bleibauch und sie checken nicht, dass sie das haben. Und sie haben es meistens von diesen Brötchen von Migros und Coop oder Lidl und Aldi von mir. Ich schaue immer, dass ich Vollkornbrot kaufe. Auch dort ist es Wenn überhaupt. Auch dort ist es drin. Gluten ist überall extra hinzugefügt. Wenn ich jetzt Grill habe und ich will das Brot dazu, welches Brot würdest du mir empfehlen zu kaufen? Es gibt so viele verschiedene. Selber gemacht. Immer Brot. Also selber gemacht. Ja, aber wie soll ich selber machen? Also, Mehl, Wasser, Hefe so. und Salz. Mischst, lässt aufgehen, ab in den Ofen. Und fertig. Das ist Fertig. das beste Brot. Das ist das beste Brot. Wenn du Brot essen willst, dann ist es so. Auch Weissmehl, egal. Ja, ich würde eher Weissmehl, ist besser vertragbar. Okay. Leute argumentieren hier mit glykämischem Index. Ja, viele sagen, Weissmehl sei scheiße, oder? Ja, wegen glykämischem Index. Ja. Aber vergessen, dass Reis genau gleich ist. Etwa, weißt du? Ja. Dann bist du so, ja, so was. Macht Okay. keinen Unterschied. Ja. Genau. Zucker, fettarmes Kakaopulver, Glukosesirup, wieder, ist für nichts. Ich weiß nicht, warum man es hier drin muss tun. Oligofructose, das ist wieder so etwas wie Glukosesirup. Salz, natürlich Aromen, und dann kommt schon das erste Vitamin. Niacin. Das ist die schlechtere Form vom Niacin. Es gibt noch Niacinamid. Mhm. Wäre besser. Antioxidationsmittel, Ascorbylpalmitat und Alpha-Tocopherol. Das ist Vitamin C und das Vitamin E. Mhm. Aber wieder die günstigere Variante. Palmöl ist nirgends drin, ne, in diesen Produkten. Palmöl jetzt nicht, nein. Was Dann tun ist sie hier Eisen drin. Ja. Sie tun einfach Eisenpulver drin. Das rostet. Das gibt Rost. Sobald du das einnimmst in deinem Körper, rostet es. Oder auch schon hier drin ist es auch schon gerostet. Du kannst hier mit einem Pulver, mit einem Magnet drüber gehen und dann hast du Eisenspänchen dran. Da, unter Ja. dem Mikroskop, oder? Nein, nicht, du siehst es Volk. Schon, wenn Du ich gehst mit dem Magnet dort drüber. drauf gehe. Ja. Das Ja, hat was? Eisenpulver drin. Das macht gar keinen Sinn. Du kannst es gar nicht aufnehmen. Es rostet einfach. Es ist fucking krebserregend, weißt du? Schon. Ja. Wieso tut man denn das Scheiß rein? Ja, es wird eben akzeptiert als Eisenquelle. Ja. B6, okay, Riboflavin, okay, Thiamin, gut. Ich hoffe, es ist HCl. Folsäure, bringt er nichts. Als Supplement. Vitamin D wird wieder nicht klassifiziert. Welches? D2 oder D3? Aber es ist auch ein D2, weil das essen auch Veganer. Ja. B12 wird auch nicht deklariert. Einfach eins. Einfach eins, oder? Ja. Und dann, das Beste ist ja, sobald du dann schaust, was die Dosierung ist von diesen Sachen, ist echt verdammt wenig Proportion. Ja. 30%, 25%, 26%, also immer so die Region. Eisen 17%, ja. Und das ist auch teurer als das Normale. Voll, ja. Also, Ja, perfekte Geldmacherei, nicht? ja, ja eigentlich schon. Günstigste Das ist ja nicht Vitamine drin, mit wenig günstig. Ja, Dosierung. es ist nicht so günstig, die Dinge. Ja, Kaufst 2-3 Packungen, bist ruiniert. ja. Und dann haben wir noch Fleischersatzprodukte, sehe ich hure viel, oder? Es gibt ein riesiges Regal, alles voll. Da haben wir jetzt, glaub, was ist das? Kebab? Ersatz. Das ist ein Kebab. Ja. Schau mal, es steht auch, wie viel ist das Protein dort? 39 Gramm, oder was ist das? Ja, 39 Gramm Protein pro Pack. Für die das- Packung, es klingt mega attraktiv. Wenn ich jetzt ins Gym gehe und ich will, Ja. anstatt dass ich das esse, Ja, um auf mein Protein zu kommen, 39 Gramm, Mhm. easy. Kein Fleisch, klingt für mich jetzt mega weißt du, gesund. wie man Protein misst? Man schaut, Nee. wie viel Stickstoff das es im Essen drin hat. Ja. Und wenn du das findest, den Stickstoff, kannst du dann davon eine Berechnung machen und dann kommst du auf die Grammanzahl. Mhm. Aber aus welcher Aminosäure dass die Stickstoffe kommen, das sagt dir niemand. Ja. In vielen Muskelaufbauprodukten findest du Kollagen als Proteinquelle. Ja. Weil es sind halt da Stickstoff. Weißt? Mhm. Aber eigentlich wollen die Gym-Meatheads, also die Pumper, die wollen eigentlich Leucin drin haben, weil das Mhm. ist Muskelaufbau fördernd. Aber Kollagen hat sehr wenig Leucin drin. Trotzdem Ja. sagt man High Protein, weil man halt misst, nicht, Stickstoff ist so viel drin. Das gleiche Theater hier. Genau das gleiche Scheiß ist nicht Kollagen, aber es ist wahrscheinlich Erbsenprotein oder Ja. Sojaprotein. Ja, Erbsenprotein. siehst du? Erbsenprotein.
Erste Stelle Wasser, zweite Stelle Erbsenprotein 27%, schlecht bioverfügbar. Also es steht hier 39 Gramm, du wirst Ja. aber niemals 39 Gramm aufnehmen in deinem Körper, das wird nicht durchkommen, Hunger raus. Rapsöl, dritte Stelle, Klassiker, Ja, wieder ist wieder da, es ist überall. Erbsenfasern, das ist einfach wieder Ballaststoff. Ja. Ja. Gewürzzubereitung, geräucherte Paprika, okay, Pilzextrakt, Salz und Vitamin B12. Es steht wieder nicht welches B12. Also du siehst, das ist so eine Knetmasse macht man aus dem und dann verkauft man das als Fleischersatz. Hast du es mal probiert? Ich habe das Hack probiert. Ich habe das auch mal probiert. Ich habe nicht mal die Hälfte gegessen. Ja, es hat nicht, nein, es ist Nein. nicht das Gleiche. Ja, Nein. ist Viele sagen, ja, es schmeckt dann. Nein. Nein, das schmeckt nicht gleich. Es schmeckt nicht gleich. Weißt du, das ist so krass mit diesen Veganern, Mann. Ja, es ist schon krass. Du hast Lust auf Fleisch. Dein Körper hat im Fall aus einem bestimmten Grund Lust auf Fleisch. Ja, ich habe mega oft Lust auf Fleisch. Ja, es gibt einen Grund. Du merkst, wie das brauchst, so rotes Rindsfilet zum Beispiel. Ja. Manchmal hast du voll Lust auf Ja, das. Ja. dein Körper will dir im Fall etwas sagen, weißt du? Ja. Also, kommen wir zu den Zuschauerfragen, also Community-Fragen. Ich muss noch schnell, wir haben ja das Gewinnspiel, wo du 1000 Stutz kannst gewinnen. Oh. Ab der letzten Folge hat das angefangen, da musst du ein Codewort haben. Und im letzten Podcast musst du halt schauen, wenn du es verpasst hast. Sag dir jetzt den Buchstaben nicht. Da ist es D. D. Also, bringen heim. Da hast du 1000 Stutz gewinnen. Okay. Da haben wir jetzt ein paar Fragen. Ja. Was haltest du von der militanten Veganerin? Ja, ist echt komplett überrissen. Also, pur aggressiv. Voll. Aggressiv. Das ist so übertrieben. Weißt? Ich weiß nicht, ob sie das nur als Show macht oder ob es ja wirklich so ist. Das macht jetzt auch OnlyFans und so. Also, Ja, sie eben, hat einmal Mann. gerappt und so. Hast du das auch gesehen? Ich habe es voll Ja, ernst nehmen. kennst du das Sprichwort? OnlyFans detected, Ja. Opinion rejected. Nein, die kannst du nicht brauchen. Die hat einen Schaden. Das ist echt keine Meinung, sorry. Das ist Ja. keine Meinung. Das ist verdammt passiv-aggressiv die ganze Zeit. Das entdeckt man noch viel bei veganen Leuten. Ja. Das sehe ich noch viel. Und ich gehe davon aus, dass es eine hormonelle Disbalance ist. Die haben zu viel Östrogen wahrscheinlich im Körper und zu viel Cortisol und zu viel Ja. Adrenalin, weil sie einfach konstant zu wenig Nährstoff haben. Ich gehe davon aus, dass es das muss sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, warum die so passiv-aggressiv sind die ganze Zeit. Ja, das ist wirklich aggressiv. Das ist verdammt krass. Würdest du mit wenn jemand ein Veganer, wenn du ein überzeugter Veganer oder Veganerin bist, würdest du mit ihm da im Podcast kommen? Ja. Also falls du ein überzeugter Veganer bist, der nichts von Fleischfresser haltet, wo wirklich extrem bist, dann melde dich bitte. Schreib unten einen Kommentar an. Ich wäre dabei, ja. Dann kannst du sehr mal mit gerne. ihm weil wir machen meistens einen 3er-Podcast Ja, ein bisschen oder 4 diskutieren. sogar. Ja. Noch nie eine fitte Person gesehen, die das trinkt. Kollege, ich bin auf Testo und trinke das täglich. Ah, du hast, glaube ich, noch nie eine fitte Person. Ist irgendein Video gesehen? Was ist, Ja. was ist dort gegangen? Um Ist- die ist wieder das Proteinshakes? Protein, ja. Aha. Er ist auf Tesla, sagt er. Voll. Ja, weißt du, ich will jetzt nicht. Und er trinkt das jeden Tag. Ich will nicht judgen. Du Ja. darfst Tesla nehmen, wie du willst, mach was du willst. Aber du kannst nicht deine Hormone exogen beeinflussen und dann sagen, ich funktioniere gleich wie alle anderen. Ja. Wenn du Testo nimmst, kannst du ja Veganer ernähren, du bist schon parat. Ja. Weil Testo, Hormon pushen, aufpushen, synthetisch, exogen, wie auch immer, mach, gönn dir. Aber komm nicht diskutieren mit, es funktioniert ja gleich, die Ernährung. Weil Hast du schon mal deine- genommen, Testo? Ja, Okay. mit 21 habe ich genommen. Jetzt Ich bin nicht nicht mehr? Lifetime Natural. Nein, jetzt Ja. nicht mehr. Okay. Und, Hast du einen riesen Unterschied gemerkt? ja, ja. Schon. Ja. Brutal. Aber schon, wieso hast du den nicht mehr genommen? Hey, es ist zu umständlich mit den Nebenwirkungen und so. Und weißt du, das sehr setzt sich viele ab. Bodybuilder sterben wegen Ich weiss. Herzinfarkt. Ja, so. die überreissen. Die tun alles drin. Ja, Basis genommen, Base. Trembolon und so Scheiße. Ja, Base 250 Milligramm pro Woche, pro 5 Tage. That's it. Mehr habe ich nicht genommen. Jetzt 3 gar Monate nicht mehr. genommen, 4 Monate off, 3 Monate genommen und dann nie wieder angelenkt. So, Und nachher gehst du gerade zurück vom Körper. du gehst oder? recht zurück, ja. Schon. Das ist eben auch der Scheiß. Du musst Das immer Du nehmen. musst konstant nehmen. Das ist wie Leute, Kollegen, die im Ausgang Kokain sind, die müssen alle 30 Minuten aufs WC. Ja, schon. Ja. Konstant musst du nachbuttern, weißt du? Ja. Es geht Schon gar nicht scheisse. ohne sonst, ja. Aber es kann auch sein, dass der Körper nachher nicht mehr so Testo produziert. Genau, du stürzt ab und dann musst du wieder raufkommen. Dafür musst du Medikamente nehmen, oder? Mit deine Eier produziert das ja nachher nicht mehr. Genau, die werden kleiner zum Teil, je nachdem, Ja. wie lange und wie viel das du nimmst. Du bekommst Bibeli, Haarausfall, Haar auf dem Rücken. Schon. Du bist die ganze Spitze. Mutierst zu einem Ja, Werwolf. du bist die ganze Spitze und das ist der unangenehm. Schon. Am Ja. Anfang ist es geil, weißt du, wenn du eine Freundin hast, aber irgendwann mal die nicht mehr. Und was machst du dann?
Aha. 3-mal pro Tag. Ja. Weißt du, so bist du näher drauf. Voll krank. Das ist heftig. Scheiße. Und eben all die Nebenwirkungen führe ich nicht. Und zu seiner Argumentation wieder, das zählt einfach nicht. Wenn du nimmst, Stoff nimmst und dann so Sachen. Sorry, Macht keinen Sinn. geht Ja. nicht auf. Hast du auch gerne Dinkelpasta und Brokkoli? Hat er beschrieben. Hey, Brokkoli ist okay. Kann man essen. Ist okay. Ja. Ich habe zu viel gegessen früher. Zu viel, ne? Ja. Ja. Dinkelpasta, nein, bin ich nicht Fan. Nicht? Nein, ist auch nicht fein, Mann. Vergleich's mal mit dem normalen Hardweight. Meine Frau sagt das immer. Ja, Sie sagt, wieso müssen wir das essen? Sie wird lieber die anderen. genau. Ja, ich bin voll Bier. Wie viel Prozent am Tag von welchen Nährstoff muss man zu sich nehmen? Das ist eine sehr interessante Frage. Weil, je nach Land ist die Empfehlung anders. Ja. Das ist, Aha, überleg mal, macht gar keinen Sinn. wir sind alles Menschen. Also überall Wir dabei. funktionieren alle plus minus gleich. Plus minus. Ich sage Ja. nicht, wir sind alle gleich, aber plus minus sind wir alle Menschen. Ja. Und je nach Land ist eine andere Empfehlung. Ja. Das macht ja. So random, Mann. Ja. Es geht gar nicht auf. Da gibt es Und einen darum, Schnitt irgendwie. Keine Ahnung. ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ja, ich glaube, du musst das essen, wo dein Körper Lust hat, wenn es um ein Naturprodukt geht. Ja, weil wenn immer Lust auf Süßigkeiten hat, immer Lust auf Das ist halt Süßigkeiten. kein Naturprodukt. Wenn Was ich sie nicht Lust auf esse. Eier hat, dann gib ihr Eier. Das schon, Naturprodukt. Genau. Gurken, Eier. Wenn du Lust auf Fleisch hast, fettiges Fleisch, dann isst das fettige Fleisch im Fall. Ja. Isst es einfach in dem Moment. Weil dein Körper fragt danach. Ja, Und dann denkst ja du, wenn er kannst nach du, Burger King oder Mac fragt. ja, das ist, jeder von uns weiss, das ist Nonsens. Aber Ja. gleich kommen Leute und sagen, hey, ja, manchmal Lust auf das. Ja. Letztes Mal hat einer gesagt, argumentiert, ja, aber Lust auf Regeln. Und Ja. ich habe nie Lust auf Eier. Nein, ich sage dir, das sagt im Fall viel über dein Mikrobiom aus. Ich habe das mit Kebab. Manchmal habe ich voll Lust auf Kebab. Aber ich esse es sehr selten, weißt, weil ich weiß, dass es nicht gut ist. Ja. Mit Ayran, Kebab. Manchmal, wenn du voll Hunger hast, Ja, ja. Aber das ist ja so, Kebab. das ist auch so fabriziert, dass du Lust drauf hast. Ich weiß, ne, das kann ja gar nicht gesund sein. Ja. Wie nimmt er 20 Gramm Protein auf als Vegetarier? Also ein Vegetarier zum Beispiel. Vegetarier. Ja. Eier, sehr gute Quelle. Ist halt viel Fett dabei und wenig Protein. im Vegetarier kann Verhältnis. Eier essen. Ja, die können. Veganer nicht. Ne? Veganer nicht, genau. Ja. Käse, über Low-Fat-Käse oder Low-Fat-Milch kann er nehmen. Es gibt die da hier ohne Geschmack. Die sind gut. Also was? Proteinshakes? So? Protein, High-Protein, ohne Ei-Protein. Oh, ja, das haben wir Genau, vorher das ist eine gesehen, oder? gute, genau, das haben wir noch gar nicht Das ist einfach besprochen. Eiweiß. Nein, nicht das. Ah, Nicht das Eiweiß. Es gibt das da hier. Ja. Ich glaube im Coop auch. Ich weiß nicht, im Ah, Migros. ja, das Grüne, glaube ich, oder? Blau. Vegan oder blau so? sogar. Oder blau, keine Nein, Ahnung. blau. Es ist Milch mit Milchprotein Mhm. und that's it. Also die gleiche Marke, meinst du? Gleich Marke habe ich Okay. gemeint, ja. Okay. Das gibt es ohne Karagen, ohne nichts. Einfach High-Protein-Milch. Und das kann man trinken? Das kannst du trinken. Okay. Das ist okay. Und was würdest du einem Veganer sagen, wie das 20 Gramm Protein sind? Das ist verdammt schwierig. Check nicht, wieso 20. Der muss auf Gluten zugreifen und so Nicht auf Scheiß. Bohnen, Linsen, Kann er probieren, kann er machen. Hülsenfrüchte, oder? Nüsse. Irgendwann hat er so viel von denen gegessen, dass er echt Bleigen hat. Schon. Ja. Eben, Nüsse und so, Irgend- ist ja Protein. Der Körper sagt, ich habe eine Grenze. Ja. Jeder ein bisschen anders. Aber du kannst auch nicht so viel Protein aufnehmen, ohne dass du deinem Darm schadest, als vegan. Ja. Ich empfehle vegan gar nicht. Ja. Gar nicht. Du musst Fleisch essen, Du musst nicht Fleisch essen, Also du kannst auch musst- vegetarisch sein. Ja. Vegetarisch kannst du auch gesund leben, aber nicht vegan. aber nicht vegan. Dann musst du Tabletten und so nehmen. Ja. Hey, einer schreibt nur schon, wenn ich ihn anschaue, läuft es mir kalt im Rücken ab. So Scheiße. Ja. Hey, keine Ahnung. Wie meint er das? Weiß es nicht. Das ist sicher einer von der Community, weißt du, so der Ja. Spruch, so, wenn in Ausländer läuft es mir kalt im Rücken. Ah, so, Das habe okay. ich eben mal gesagt. Wann das Raw Animal Whey Protein Pulver wieder gekauft werden kann im Online-Shop? Es gibt europaweit einen Mangel an Bio-Whey-Protein. Wir kommen nicht an Bio-Whey-Protein. Wenn du eine Quelle hast, gib mir Bescheid. Darf Ja. auch nicht zu teuer sein. Im Moment ist eine metrische Tonne etwa 3'000 Steine oder mehr. Und das können wir uns nicht einkaufen. Einfach. Das ist zu teuer. Also ESN sehe ich jetzt auch immer. Die ist aber nicht Die ganze- Das ist auch nicht Bio. Das ist nicht Bio. Wir haben Bio-Weiderind-Protein. Ja, Whey-Protein. Ohne Zusatzstoff. okay. Ohne das Haben die ganze Xanthan. im Shop. Ja, aber eben nicht mehr. Ist ausverkauft. Eben nicht mehr. Ja. Okay. Also zu Ihrer Frage, ich weiß es nicht. Weißt Wenn es das nicht. kommt, das ist schwierig zu sagen. Ja, okay. Aber wenn ich jetzt, also du trinkst gar keine Proteinshakes mehr? Nein. Nicht? Hm. Krass. Null. Ich gar keine Also dann kann ich dich auch gar nicht fragen, wenn ich eins würde nehmen, was würdest du nehmen? Ich sehe vegane Varianten und so. Protein. Nein. Molkenprotein, Hydrolysat, Isolat, was du willst, mit möglichst wenig Zusatzstoff.
wenn du unbedingt Taste willst. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen Proteinshake trinke das amigs, dann habe ich immer so Herzstolper und so. Und ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, aber oft, wenn ich einen trinke, kann ich das. Ich weiß Du nicht. bist nicht der Erste, der Das macht gar keinen Sinn, aber Du bist nicht schon. der Erste, der das sagt, ja. Eben, ich habe das schon gehört. Ja. Aber mein Arzt hat auch gesagt, Kardiologe, nein, das kann nicht sein wegen dem und so. Und viele haben mir auf der Fitnessszene, nein, sicher nicht, Bro, das kann nicht sein wegen dem. Aber ich so, hä, wieso habe ich das jedes Mal, wenn ich das trinke? So Herzstolpern. Komisch, ich weiß Das ist nicht. komisch, ja. Die trinke ich weiß ja nicht. Vielleicht ist es auch Placebo. Eine Meinung zu Brot. Ich meinte Brot. Also Brot mit P schreiben ist crazy, aber okay. Wenn du das meinst. Also Brot, Pasta und dem ganzen Glutenzeugs. Ja, ich sage minimieren. Wirklich 1 bis 2 Mal in der Woche, wenn dann. Aber ansonsten, wenn es ist, schau, dass du das Brot selber machst. Wenn du Pasta kaufst, schau, dass es Bio ist, weil Weizen ist pestizidbelastet. Ja. Und hab nicht Angst vor Weissbrot, Weissweizen und so weiter. Keine Angst, da. Nicht so tragisch. Wegen Ranzen, aber ich schaue immer ein bisschen wegen Ranzen. Wegen Fettaufbau und so. Wenn du nur Fett beim Bauch hast, weißt du. Ja, aber... Also ich habe nicht so einen fetten Ranzen. Aber Nein, du bist überhaupt nicht. Fett. Nein. Aber beweg dich mehr, iss weniger und dann ist es gut. Okay. Du kannst auch Weissmehl essen. Ja, und so. ja. Du musst einfach nicht jeden Tag. Aber Nein, wenn es mal ist ja ein nicht so viel Weissbrot isst, Nährstoff ist es- drin. Weißt, du musst schon auf die 5 Grundnahrungsmittel fokussieren, die ich gesagt habe. Ja. Ja. Also eben, wenn du, ja, da hat eben jemand auch gefragt, wenn du einen Wocheneinkauf machst im Migros, Mhm. welche Produkte würdest du einkaufen? Und nicht, also was würde alles im Warenkorb, wenn du eine Familie hast zum Beispiel? Ja. Also Grunddings einfach. Früchte. Also für mich sind es immer Datteln meistens und Kiwi. Datteln und Kiwi. Ja, gerne. Kiwi ist geil. Ja. Und dann Fleisch. Mit Schale oder ohne Wie? Schale? Ist die Ohne, mit Schale? ja, ohne. Ja, aber es gibt so Psychos, die mit Schale Ja, haben. die sind nicht ganz dicht. Die sagen, das hat mehr Vitamine Ja, drin. Geschmäus. Sie hat das letzte Mal mit meiner Frau gegessen, mit Schale und so. Nein, hör auf, das kann, Die hat nein, irgendwo kann nicht gesehen, zuschauen. weißt Kann nicht zuschauen. Ja. Nur unmenschlich. Ja, das freut mich gerade. Eier, Fleisch, jegliche Art von Fleisch, am besten Bio, aber man kann sich das nicht immer leisten. Aber warte, sorry, wenn ich unterbreche. Ja. Wenn du Eier machst, eben wieder in Rinderfett oder Kokosöl Oder Butter. machen Butterschmalz. oder Butter, Genau, Butterschmalz genau, kannst du auch brauchen. oder kochen einfach. Ich koche muss sie ich immer. Weil- Kochen? Ja, Kochen, dann kann ich sie ja. mitnehmen, weißt du? Okay. Ja, ich habe gesehen, du hast es sogar dabei. Ja, genau. Ja. Und dann, was soll ich sagen? Fleisch, Eier. Welches Fleisch? Eier ist immer Hackfleisch. Das ist wichtig. Hackfleisch. Ja, es ist wichtig, dass du Nose to Tail isst, weil Fleisch, also das Rind besteht aus 50% Gelatine. Es gibt mega viele verschiedene Hackfleisch. Ja, Mit der halben Schwein. Ich nehme immer das, wo nur Rind drin ist. genau, ich gehe. Ja. Und Ja. kannst auch mit Lamm mischen, ist nicht so schlimm. Schwein finde ich nicht so optimal. Ich sehe das nicht im Migros jetzt zum Beispiel. Es steht immer das Tier dort Okay, drauf. ja, ja. Rind ist immer gut. Rind ist immer Ich habe letztes Mal den Kollegen Poulet-Hackfleisch. Ja, gibt's auch. Flügelhackfleisch. Gibt's auch. Ist auch Habe ich noch nie Aber ich sehe das nicht. Ich sehe Noch das nie nicht. Im probiert. Coop gibt es das manchmal. Ja, ganz Okay. krass. Ja. Ich würde dir empfehlen, auch mal ein bisschen so Rinderknochen zu kochen. Das kannst du schon kaufen im Coop, Rinderknochen? Migros. Ja, genau. Ja, manchmal kann man das kaufen. Ja, so eine Knochenbrühe machen mal. Wenn es nicht willst, wir haben im Shop Knochenbrühe Pulver. Aha. Also einfach, das ist dann wie Bouillon. Oder? Ja, kannst du als Bouillon brauchen, kannst du in eine Suppe drin tun, kannst du es in eine Bolognese drin tun. Es wird recht Ja. fein, so vollmundig. Dann, weißt? Wie, ja, okay. Das ist geil. Aha. Wo sind wir? gewesen? Fleisch. Genau, Fleisch. Und dann Käseprodukt würde ich ein bisschen kaufen. Die musst du ja nicht überreissen, du musst nicht sehr viel essen. Und, Was für Käseprodukt zum Beispiel? Hey, ich würde die traditionell hergestellten kaufen. Einfach Käse. Gruyère, Emmental, Ja. Sprints ist nicht schlecht. Du kannst auch Geriebenen kaufen, Parmigiano. Ja. Ähm, Ja. Ich habe gerne Schafskäse. Also. Schafskäse, Bombe, sehr gut. Ja. Schau echt, dass nicht wieder hure Zusatzstoffe drin sind. Sie tun da Lysozyme drin, Ja. Mikrobiellen Lab, dass die Vegetarier dürfen essen. Ja. Schau, dass normale Lab drin ist, weil das Mikrobiellen produziert Zitronensäure Ja. wieder. So, und dann, was kannst du noch essen? Also Ja, sicher Herdöpfel und so, keine Ahnung. Herdöpfel, Reis, Milch, kannst du essen, trinken. Ja. Ja, Innereien, wenn du traust. Ich sehe manchmal Herz, Nieren, Ja. Leber, sagst du. Das hast du vergessen, das ist Leber. wichtig, oder? Leber, Klassiker. Leber muss man essen. Mein Leben geschnetzt. dreht sich darum. Aber ich habe mal eine Leber
So ein Stück, in Deutschland, ich habe es gegessen, es war so hässlich gewesen. Ja, gell, das Zubereiten ist schon eine Kunst. Wenn du es durchbratest, wird es catchig. Und Ja, es ist mega wie ein Kaugummi Nein, nachher das gewesen und kannst so du nicht, nein. grusig. Ich Das kann das kann nicht nicht jeder essen. kochen, das kann Aber nicht so, jeder so Leber geschnetzt, Ja. jetzt eben venedische Art. So. Scharf anbraten, zack. Ja, zack. mega gut, mit Zwiebeln. Genau. Ja. So, Zwiebeln kannst du schon, Wurzelgemüse kannst du essen. Ja. Die sind recht gut verdaulich für den Körper. Das Rüebli, einmal in der Woche. Ja, so. Ich glaube, wir haben es recht viel Ja. abgedeckt, oder? Voll. Ja. Ja. Was, der redet so viel Scheiß in seinen Videos, macht er das extra für Ragebait. Manchmal schon, manchmal nicht. Ich Aber mach primär das auch nicht. Ich bin schon ernst eigentlich. Ja, Eigentlich meine ich es ernst, was ich sage dort. ja. Ja, sonst können sie ja ein ChatGPT geben. Das Ja. Zeug, die ganzen Emulgatoren Ja, und das voll. ganze Zeug. Ich spritze mir anabolische Drogen und esse alles, was er sagt, nicht essen. Weißt du, schon nur, wenn er sagt, anabolische Drogen, merkt man, er hat gar keine Ahnung von diesem Thema. Ja, das ist ja. Und er isst Anabolische extra Drogen. alles das. Also er isst eigentlich das Zeug, da, wo wir jetzt genommen haben, das ganze Proteinzeug und so. Ja. Okay, und was soll ich jetzt mit dem anfangen? Ja, Schick ein Bild. Zeig mal, wie du aussiehst. ja. Schick ihm ein Bild. Bringen heim. Ja, und dann, das ist noch interessant. Das ist die letzte Frage. Babygläser, Haltbarkeit und ohne Kühlschrank. Was haltest du von dem? Wir kaufen eben. Was ist Babygläser? Sorry. Weißt du, die Babygläser da, es gibt ja für Babynahrung gibt's ja die Dinger. Ja. Es gibt sogar Bodybuilder, die manchmal so die Brei und so fressen, weil es dort viel Nährwerte, also gut sein, Nährstoff drin hat. Kann Oder? gut Ja. sein. Ja. Man muss. Du hast das vielleicht jetzt noch nicht gross angeschaut, weil du noch gar kein Kind Nein, ich habe hast. es nicht durchgeschaut. Nein, du hast recht. Aber man muss in Babynahrung Ja. Rapsöl oder Sonnenblumenöl drin tun. Ja. Man muss, per Gesetz, sonst darfst du es nicht verkaufen. Aber ich stelle mir vor, dort hat es die Gläser und dort steht dann, es ist ein Braten drin mit Erdäpfeln und so. Aber das ist ja nicht gekühlt und so. Wie kann das gut Das ist sein? pasteurisiert, das ist erhitzt. Erhitzt, sofort abgefüllte Gläser, sterile Gläser, zugemacht, alle Bakterien tot. Das geht. Das Aha, geht schon. das geht. Ja, Das ist gar nicht das schlimm. geht schon. Du musst nicht unbedingt Zitronensäure verwenden. Es geht auch ohne. Ja, Es geht schon. Also, aber ich sage dir immer ehrlich, Babybrei mach es doch selber. Dann weisst du, was voll. drin Wir, haben ist. wir machen es immer selber. Ja. Meine Frau hat nie, aber wir sind gezwungen gewesen, weil wir in der Ferien waren. Ja. Und was hätte sie sollen machen? Wir haben gar keine Möglichkeit. Sie hat dann schon, wir haben ihr immer so Rüebli gegeben, Brokkoli, die wir Ja. da gefunden haben, und ein bisschen Erdäpfelstock, ein bisschen Fleisch, so ganz kleine Stücke. Weißt du, weil sie ist erst 10 Monate. Ja. Sie hat erst die Zähnchen unten kann man bekommen, nicht sie so, isst ja. dann das Zeug. Und dann haben wir müssen so Grießbrei und so. Was Ja. willst du machen? Porridge. Aber dann hast du müssen so die Dösli, die Gläschen da Genau. geben. Das Einfach ist dazu eben kein Sojaöl, kein Da Dings. ist meistens Rapsöl drin. Oder Rapsöl sollte nicht Ja, drin ist- sein. Du kommst fast nicht drum herum. Okay. Du kommst nicht Aber auf das müssen wir schauen, Ja, wenn es möglich ist, dass das nicht drin hat, oder? ja, genau. Okay, alles klar. Voll. Yes, das wäre es, glaube ich, gewesen. Ist eine lange Folge. So. Ja, so eher lang. Man kann schon 3 Ich kann noch Stunden. viel mehr machen. erzählen. Ja, hast du noch etwas, wo wir vergessen haben? Irgendein Thema, das wir nicht angesprochen haben? Zum Abschluss würde ich dir noch gut etwas sagen. Aber Okay. so, wir haben jetzt nicht über das Unternehmen geredet, und so, aber ist okay. Ist okay. Kannst schon noch Sehr schnell viel- was sagen, Nein, wenn du ja, willst. Das müsste ich wieder ausholen und erzählen, Okay. wie er es gegründet und so. Aber Ja, das anderes machen wir über. alles klar. Ja, eben, wir könnten gerne noch mal machen. Ist sie überhaupt noch am Aufnehmen? Stell dir vor, einfach nicht mehr aufnehmen. Ja, jetzt, du hast mir irgendetwas noch zeigen wollen. Ja, ich habe dir noch etwas mitgebracht. Ja, was hast du Merci schön. Darf mitgebracht? ich schnell die Hoden haben? dort? Ja, aber hast du mir Hoden gebracht, oder? Hast du mir einen Hodensack gebracht? Ich weiss nicht, hast du genug Hoden da selber? Ja, Brauchst du nicht? Ich habe 2 Kinder können machen. Jetzt klappt. Ja. Ja, schon der nächste Birrenweichen so und dein Hirn ist schon vertrocknet. Hure viel schreiben mir das. Aber also der Peter Lüdi, schau. Ja. Peter Lüdi, die Hei, der Kolben am Melken und nach dem Melken. Ja. Jetzt müssen wir da mal einen Kommentar schreiben. Oh, schau mal das. Oh. Jawohl. Ja, der hier noch. Noch nie hat mir jemand etwas gebracht. Mirko, hat er noch mal Merci sagen? Schau mal, sensationell. Merci jawohl. vielmals, für dass du mich hier hast empfangen, dass ich hier da reden darf. Ja, dass danke, wir dass uns du gekommen bist. kennengelernt haben. Es geht fast auseinander. Das ist ein Geschenk für dich. Hey, das ist der Honig, der Krüger. Yes! Wir haben Ich muss ihn jetzt paar gar nicht verschiedene Sachen bestellen. drin. Ja? Kreatin. Ich nehme jetzt auch Kreatin. Ja. Nimmst perfekt. Kannst So. du jetzt an uns nehmen, wenn du willst. Ja, was haltest du von Kreatin? Das wollte ich dir noch vorher fragen. Kreatin ist okay, ist gut. Da, schau dir mal. Genau. Das Kreatin. Leute ohne profitieren davon. Es hat
keine Nebenwirkungen. Man muss echt schauen, dass es rein ist. Ist das Kapsel oder Pulver? Nein, ist Pulver, Monohydrat. Ja. Ja. Man muss schauen, dass es rein ist, dass es sauber ist, nicht belastet von Schwermetallen. Ansonsten ist es super. Kreatin ist gut. Ja. Was gibt es ja noch Krealkalin und so? Das ist Geldmacherei. Das ist Kreatin mit Backpulver gemischt und für 3-mal so teuer verkauft. Ja, da steht ein einziger Inhaltsstoff, kein Zucker, kein Süßungs, kein gar nichts. Nichts. Nur Kreatin. Genau. Ja, also wie viel Kreatin würdest du aber empfehlen pro? 1 Scoop, 3 bis 4 Gramm pro Tag längt. Ja. Also Kreatin allgemein. Kreatin, das da hier, so das Pulver. Ja, Genau. wenn jemand nimmt, wie viel, Ja. weißt du, wie viel Gramm soll er nehmen? Kreatin? Ich darf eben nur per Gesetz 4 Gramm empfehlen, wenn ich es selber verkaufe. 2, glaube ich, oder so, oder? Nein, 4. 4. Aha, Effekte kommen ab Kapsel, 3, ab dann darf ich sagen, dann hast du die Effekt. Per Gesetz, das ist ja krass. ja. Ich weiß, ja. Das muss steht auch auf der aufpassen. Verpackung drauf. Genau. Ich so, da habe ich ChatGPT gefragt, Ja. wieso darf ich nur so viel nehmen? Aber er sagt mir, ich habe nicht gefragt. Ich habe ihn zuerst gefragt, du musst so und so viel. Ich so, ja, aber dann habe ich ein Bild von der Verpackung. Ich so, schau mal, da steht aber die Hälfte drauf. Ja, 2 Kapseln, ich Ja. nehme so Kapseln. Und er hat gesagt, ja. Schweiz. Ja. In der Schweiz Warum? darf 4 Gramm empfehlen, in Deutschland 5 Gramm. Keine Ahnung warum. Die haben das so irgendwie mit Studien Kann selber... dir etwas passieren? Das weiss ich nicht. Nein, ja, Nein, das ist auch kompliziert machen. Das ist Leber, oder? Das ist unser Klassiker, das ist der Rinderleber. Ich habe jetzt nicht gewusst, ob du gerne hast oder nicht. Ich liebe Leber, Hast ja. du gleich mitgenommen? Vielleicht kannst du dir eine Frau geben, du hast gesagt, sie jetzt nicht gern. Wenn sie sich traut. Und was macht das? Das ist echt Leber. Pulver, rein, kein Fließstoff, kein Zusatzstoff. nichts. Gefriergetrocknet. Voll mit Vitamin A, voll mit Kupfer, gibt dir einfach Energie. Du fühlst Ja. dich besser, wenn du das nimmst. Krass. Auf 5 Kapseln pro Tag musst du nehmen von denen. Ne? Wir hatten zuerst 8 gehabt, dann ist der Kantonschemiker gekommen und hat gesagt, Ja, was? es ist zu Zu viel viel? Vitamin A drin, Retinol, Aha. du musst runterfahren. Und dann haben wir 5 empfohlen. Und was ist das dann? Das ist Knochenbrühe. Ja, wenn du keine Knochenbrühe? Zeit hast zum selber aufkochen, 3-4 Stunden lang, kannst du das nehmen. Es ist gefriergetrocknete Knochenbrühe, die Ein lang Booster ausgekocht steht da, ist. Boost. Ja, das ist Booster. Englisch, das ist das, was er... Broth. Broth ist Brühe Aha, ja. auf Englisch. Ah, da, Bro. Ja, da Genau. unten steht halt Boost, good, healthy immunity. Ah, ja, genau. Ja. Das ist gut, für, weil es Kollagen enthält, für den Darm, Immunsystem Okay. und so. Ja. Und das kannst du so in eine Sauce reinrühren oder so. Das ist der Herkules-Honig. Der sieht Herkules geil aus, Sport. der Honig. Der sieht ein bisschen dunkler aus. Der ist eben, ich darf es eben gar nicht als Honig erklären, sondern als nicht? Brotaufstrich. Brot Weil es enthält noch ganz viele andere Sachen drin. Schau mal, Ja. was drin ist. Blütenpollen sehr viel. Blütenpollen, genau. Gelee Royal. Royal, koreanische Ginseng und Propolis Genau. Extrakt. Sport, schwören drauf. Vor dem Schön. Training. Vor dem Training. Ein ein Löffel. von dem. Ein Löffel längt. Es schmeckt nicht wie Honig, es schmeckt ganz anders. Ja. Sehr intensiver Eigengeruch. Aber geil. Ist Okay. geil, du spürst Aber da hat es auch Vollsäure. Hat er das dritte, hä? Ja. Siehst du. Ja. Können wir auch rausschneiden. Ja. Vollsäure, ja. Wachsen wir nachher Brüste. Hey, danke dir Und vielmals. noch Hoden natürlich, ja. Aber das haben wir schon gehabt. Bitte, gern geschehen. Merci dir. Ich habe gerne so Zeug, ich konsumiere das auch. Weißt, Ja. Ich nehme das dann, ja. Ja. Hast du noch irgendwelche Abschlusswörter an Gäste stehen? Hey, passt auf euch auf. Nicht alles, was im Laden findest, erlaubt ist auch immer gesund für euch. Die müsst schon ein bisschen schauen. Ich weiss, man erwartet, wenn etwas im Migros ist, wenn etwas zugelassen ist, sagt man, ja, mal, das kann ich essen. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Viel ist Marketing, viel ist zu teuer, viel ist echt, dass es länger haltbar ist und somit günstigere Produktion. Schaut 100 Jahre zurück, 150 Jahre zurück. Nicht bis zu den Jäger und Sammler natürlich, das ist zu Aha. weit hinten, das können wir nicht mehr. Ja. Aber so 100, 150 Jahre vor der industriellen Revolution haben wir eigentlich nicht schlecht gegessen, recht gut gegessen. Ja. Fragt euch, hat es vor 100, 150 Jahren gegeben? Wenn ja, dann esst es. Das ist Ja. ein super Schlusswort. Bringen heim. Folgt mir da auf Spotify, gebt mir eine Bewertung ab, folgt da auf YouTube und pusht das Video mit einem Like, dann könnt ihr mich da unterstützen. Und ich habe ihn auch noch verlinkt unten dran, könnt ihr ihm auch auf TikTok folgen und auf Instagram. Bringen heim. Schönen Abend.